Dass ich in der Schweiz entführt und vergewaltigt worden bin 2019. Ich konnte wenig weggehen, er hat mich festklammern. Du hast nicht abhauen oder so? Genau, voll. Und er hat mich auf die Hand geschlagen. Und auch wenn ich abgehauen wäre, hat er immer mich bedroht und die Familie. Weißt. Ich habe damals einfach der Polizei angerufen nach dem zweiten Mal Entführung und habe gesagt, hey, ihr müsst etwas machen, ich fühle mich nicht sicher. Ich habe das Gefühl, dass er das wieder machen wird. Bist du Rassistin? Wegen SVP? Das ist subjektiv. Weißt du, schlussendlich kannst du mich nennen, wie du willst. Sie hasst Asiaten, glaube ich. Wenn wir uns die Gefängnisse anschauen, die Gefängnishäftlinge, die haben 72% davon, die haben keinen Schweizer Pass. Und das zeigt eigentlich auch, wie schon die Ausländer repräsentiert sind. Und unterhalb von denen gibt es auch Leute, die dann einen Migrantenhintergrund haben, aber dann einen Pass haben. Das wird auch oft eben missverstanden, aber das mit dem Rassist-Nazi kommt dann. So. Vor allem, wenn du noch einen Migrantenhintergrund hast wie ich. Die Leute fragen sich immer schon, was macht ein Asiatin in der SVP oder wir Migranten, die so einen Hintergrund haben. Ja. Wir stehen mehr für den Schweizerin als der Urschweizer, der da geboren ist. Das ist mir eben auch aufgefallen. Ja. Ich sehe einfach teilweise ein Muster bei gewissen Frauen, die dann sagen, ich habe Gewalt erlebt, ich bin hässig, alle Männer sind scheiße und dann wirfst du sie alle in einen Kübel. Ist das. Genau. Und dann kommst du so eine Opferrolle, dann gehst du in die Politik nicht um Veränderung zu wollen, sondern eigentlich mehr um gehört zu werden. Der Podcast wird gesponsert von Super Kimura. Es ist ein Trainer aus Bern. Er macht Videos über Kampfsport auf Social Media. Ich tue seine Accounts unten dran in der Videobeschreibung verlinken. Da kannst du dort schön draufdrücken. Und ihm einen schönen Follow gönnen, denn er sponsert den Podcast. Merci vielmals und einen schönen Abend. Der Podcast wird gesponsert von pitch.ch. Alternativpatronen bis zu 80%. Schaut vorbei, er hat 3 verschiedene Seiten, Österreich, Deutsch und Schweiz. Geht drauf und bringt ihn heim. Mit dem Rabattcode Podcast15 hast du 15% Rabatt auf unser ganzes Sortiment auf candyhouse.ch. Am 4.11. ist mein Live-Podcast mit dem Rush und mit dem Erik im Plaza in Zürich. Tickets findest du auf deinemutter.comedy.ch. Gang vorbei und bringen heim. Oder natürlich unten in der Bio. Willkommen bei Bierweich Talk. Das ist Folge Nummer 22 mit der Osin June. Stimmt's? Ja. Du darfst dich sehr gerne da mal vorstellen bei der Cam da. Wer du bist, was du machst und so weiter. Hallo zusammen, mein Name ist Osin, ich bin 27, ich bin eine Unternehmerin und eine Politikerin bei der SVP und heute bin ich hier bei Mirko. Wir werden über das Thema Gewaltprävention, Opferschutz reden, unter anderem auch so ein bisschen eben das, was ich gelernt habe und was wir in der Schweiz machen können für mehr Sicherheit. Genau, sehr wichtig. Zum Beispiel, also ich würde schon mal starten mit Ausländer ausschaffen. Nein, das ist natürlich ein Spaß. Definitiv nicht. Ja, eben. Und wenn wir gerade mal zum Punkt kommen, wieso du heute überhaupt da bist oder wieso ich dich eingeladen habe, weil ich habe ja so ein Dings gemacht, so ein Video, wo die Leute unten anschreiben können, wieso dass sie bei mir im Podcast kommen und was sie zu erzählen haben und du hast dann eben. Kannst du gerade mal erzählen? Ja, voll. Also ich habe ja beim Kommentar so geschrieben, aber dass ich in der Schweiz entführt und vergewaltigt worden bin 2019 und eben, dass ich mich mehr für jetzt den Opferschutz und Gewaltprävention einsetze. Ich habe dann einfach das Video gesehen und gedacht, das Thema braucht mehr Aufmerksamkeit. Ja, voll. Und habe einfach gesehen, dass du tolle Videos und so machst. Podcasts sind auch sehr lustig gewesen. Zwar jetzt mein Thema ist jetzt nicht mega in dem Sinne lustig, es ist ein ernsthaftes Thema. Es ist so, aber ich finde auch trotzdem, man muss ich will auch den Leuten zeigen, das Leben geht auch weiter trotz der schlimmen Sachen. Und gerade jetzt halt für Leute, Gewaltbetroffene, Tabusachen, wo man halt nicht so offen redet, das will ich eigentlich auch wie so ein bisschen darstellen, was man im Prozess machen kann, was man nach dem machen könnte. So ein bisschen das. Und du setzt dich dann wie ein für das? Opfer- und Täterschutz, hast du gesagt? Was? Nein, Täterschutz haben wir schon zu viel. Also, haben wir schon zu viel? Ja, das ist so. Nein, eben nicht Täterschutz, das macht ja keinen Sinn. Oder? Genau. Opfer und, wie sagt man dem?
Ja, Opferschutz. Ja. Also genau. Weißt du, ein Rechtsstaat braucht ja schon beides, aber das ist dann halt auch eine Sache. Wir haben es auf Papier, haben wir die Opferschutzrechte, aber in Praxis ist das halt nicht das Gleiche. Unser System ist halt wirklich so gebaut, dass man erst reagiert, nachdem Gewalt schon passiert ist. Voll. Und viel zu wenig halt auf Prävention und dann weißt, das Opfer auch so ernst nehmen. Und jetzt, wie ich mich konkret einsetze, ich habe jetzt einfach angefangen, mal seit einem Monat politisch mehr Content zu posten, auf Deutsch. Zum einen für Aufklärung, das, was ich gelernt habe, auch den Leuten sagen, was für Sachen es gibt, weil meistens weisst du nur als Opfer im Nachhinein, was hättest du anders machen können. Und aber ich plane dann nur einen Anlass. Was für ein Anlass? Es ist ein überparteilicher Anlass, privat von mir organisiert. Es wird um die Gewaltprävention gehen, um den Opferschutz. Dort werden Juristen kommen, Polizisten, Frauenhäuser, Opferberatungen und auch bewusst Leute von anderen Parteien. Das Ziel ist nicht, gegenseitig die Köpfe abzureißen mit so Debatten, aber es geht wirklich um Lösungen. Wie können wir jetzt wirklich da Sachen machen? Es ist jetzt nicht nur meine Geschichte, sondern meine Geschichte ist ja auch eine Reflexion von 1000 anderen Opfern, die leider auch das Gleiche durchmachen oder noch Schlimmeres, dass sie irgendwie gar nicht mehr leben. Und das Ziel ist, dass wir dass die Lösungen diskutieren können, dass wir dann auch Leuten Programme anbieten können, dass wie man nach dem Vorfall Gewalt eigentlich wieder zurück ins Leben geht, gesunde Beziehung hat. Genau. Und machst du das beruflich eigentlich auch, oder was machst du beruflich? Nein, also Politik zahlt meine Rechnungen nicht. Das ist eigentlich, braucht viel mehr Energie, Zeit und Geld. Manchmal frage ich mich selber, warum tue ich mir das an, weißt du, gerade Politik. Ja, aber ich glaube, das, was mich auch in der Politik wirklich begeistert in dem Sinn hat, ist also ich muss sagen, lange Zeit habe ich das wie langweilig gefunden. Ich habe mich auch nicht Politik oder so interessiert. Aber Politik hat mich wie zuerst gewählt. Und ich glaube, das ist im Grunde eben wegen Gewaltereignis im 2019, was passiert ist. Und dann als Unternehmerin siehst du halt auch mehr Bürokratie, Sachen, die halt nicht so super laufen. Und dann, jetzt sagen. Das, was ich hauptberuflich mache, ist wirklich Unternehmertum im Bereich von Marketing und eben Unternehmensberatung. Das heisst unter anderem Kundengewinn, gerade bei Werbebotschaften von Funnels, Webseiten, Monetarisierung. Das ist wirklich meine Hauptexpertise, die ich diesen Leuten anbiete. Und Politik mache ich halt oft über Nacht. Also, das ist wie ein Hobby in dem Fall, Politik, oder was? No. Ja, es ist ein beides. Yeah. Okay. Es ist Politik, es ist ein Hobby, aber es ist auch, ich würde sagen, eine Verantwortung, die ich mega fühle, weil irgendjemand muss es machen. Ich bin immer schon eine Macherin und ich finde, es braucht eine Änderung, weil wir haben schon auch Gesetze in der Schweiz, wo man sagt, da haben wir es für den Opferschutz, aber wie schon gesagt, was pragmatisch dann wirklich klappt, ist dann eine andere Frage. Voll, ja. Ja, wir sagen es eben auch immer, ich soll in Politik und so, aber ich habe nicht wirklich einen Schimmer auf Politik, weißt du? Ja, weißt du, sie sieht bei mir immer die Videos und so und dann meinen sie, ich meine das alles so ernst und so. Und dann sagt sie, ich soll auch mal, ich muss unbedingt Birrenweich for President sehe ich sehr oft, obwohl wir nicht mal einen Präsident haben, sondern Bundesräte und so, die wissen das sehr wahrscheinlich nicht einmal. Ja. Aber im Fall, das habe ich im Fall auch lange gedacht, dass ich wie keine Ahnung habe von Politik und dem Wissen. Aber ich habe dann selber in der Politik wie gemerkt, dass viele Leute, die schon Politiker sind, also mehr öffentlich, dass die gar nicht so viel teilweise gescheiter sind. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin da mega cool, Erik, aber... Nein, Erik, du bist gescheit. Aber weißt, ich glaube, solange du sogar einfach einen gesunden Menschenverstand hast, kommst du eigentlich recht weit. Und den Rest kannst du dich eigentlich auch anlernen, je nach Thema. Oder? Ich habe gesehen, dass viele in der Politik eben keinen gesunden Menschenverstand haben. Das ist auch das Problem. Darum braucht man eben Leute, die man mehr... Und früher, weißt du, jetzt habe ich das gesehen bei der 10 Millionen Schweiz. Jeder tut sich da irgendwie voll einsetzen und so, oder tut seinen Senf dazugeben. Aber früher, vor 20 Jahren oder so, keine Ahnung gehabt. Die Leute schauen auch Social Media, glaube ich, ist immer so der Hype. Das 10 Millionen Zeug ist ja jetzt schon wieder, weil es interessiert gar nicht mehr, habe ich das Gefühl. Auf Social Media jetzt, oder? Ja, zwar, letztes Mal war ich in der SBB, ich war im Zug und da war eine Frau hinter mir und sie mega laut am Beschweren. Sie so, ja, ich sehe schon keine Schweizer mehr, alles Ausländer und alles. Sie so, keine 10 Millionen Schweizer. Sie jagen alle Schweizer aus den Wohnungen für die Asylanten und alles. Also ich höre das mega viel im öffentlichen Raum, also im Restaurant habe ich gesehen, wo sie halt darüber reden. Und mega viele Leute bereuen jetzt, weißt, dass das wie nicht durchgekommen ist und dass wir da nicht auf
auf den Schweizer schaut. Und es wird auch oft eben missverstanden, aber das mit dem Rassist-Nazi kommt dann. Vor allem, wenn du noch einen Migrantenhintergrund hast wie ich. Die Leute fragen sich immer schon, was macht ein Asiatin in der SVP, oder? Eben, das habe ich noch wollen. Du bist bei der SVP, oder? Genau. Mitglied bist du, oder? Genau, Mitglied jetzt bei der jungen SVP und bei der Mutterpartei seit 2 Jahren. Jetzt schönen Abend, ich habe wieder jemanden von der SVP. Da ich bin. Das ist Zufall. Ich habe zuerst nicht mal gewusst. Ja. Voll, ich habe dir kommentiert. Voll. Aber auf jeden Fall, ich finde halt auch, also für mich ist das einfach, wie eben der gesunde Menschenverstand wieder. Ich glaube, das Ziel ist ja nicht, dass wir gar keine Migration haben, sondern dass man besser selektioniert, wer kommt ins Land. Sind das Kriminelle, sind das Vorgestrafte? Weil man muss ja zu seinen Bürgern schauen, zu den Integrierten, die da sind, und dann zu den Schweizer Bürgern. Und erst nach Kapazität dann die Leute aufnehmen, die dann auch wirklich arbeiten können, weißt, die sich integrieren. Und ich glaube, die Leute, vor allem die Linken, die dann sagen, wir wollen mehr Sicherheit. Ja, warum willst du denn Kriminelle? Warum willst du einfach, weißt, die Leute, die da einfach nonstop reinkommen? Das sind dann halt auch sehr widersprüchliche Sachen. Darum, ja. Eben, du bist 100% Südkoreanerin, oder? Wenn man dich bei Rasse darf nennen, oder? Genau, also meine Rasse ist Korea, made in Korea, born in Korea. Hat es noch Schweizer überhaupt bei der SVP? Jeder von der SVP, der da kommt, ist gar kein Schweizer irgendwie. Ja, also, es ist also kein Schweizer im Blut. 100%. Ja, es gibt schon einige, weißt du, die SVP-Partei hat ja viel so ältere Männer jetzt gerade, weißt du, so Bauern, mittlere Partei, Mittelschicht und so. Aber man sieht schon auch vermehrt, ich muss sagen, Leute mit Migrationshintergrund. Und ich finde das aber im Fall auch ironisch. Wir Migranten, die so einen Hintergrund haben, wir stehen mehr für den Schweizerin als der Urschweizer, der da geboren ist. Das ist mir eben auch aufgefallen, verteidigt. Und das ist dann halt schon, ich denke mir, von wo kommt das? Und ich glaube, zum einen hat das schon damit zu tun, dass wir aus einer anderen Sicht auch eine gewisse Dankbarkeit, weißt, mehr haben. Wir arbeiten auch, weißt, wir sind nicht einfach da gekommen und haben alles bekommen. Ich glaube, es ist auch eine gewisse Dankbarkeit da und die Sachen nicht als Selbstverständlichkeit nehmen. Weißt, auch die Sicherheit, unsere Werte müssen ja auch verteidigt werden. Voll, aber letztes Mal, ich habe so, dass meine Frau ist schon von Sri Lanka und ich habe mir letztes Mal mit ihr gesagt, also weißt du, die reden ja meistens von kriminellen Ausländern, aber ich habe noch nie gehört, irgendwie ein Asiat sticht einen ab oder so irgendetwas in der Schweiz oder macht eine schwere Straftat oder so. Keine Ahnung, könnt ihr mich gerne korrigieren, aber ich sehe das wirklich mega selten, also gar nicht. Oder ein Tamil oder so, nie. Oder? Ja, es ist schon seltener, wenn man Statistik anschaut. Es gibt vielleicht auch weniger Leute von dort da, oder? Ja, das auch, aber es ist schon, weißt, bei den Statistiken, die man von der Kriminalität sieht, ist zum Beispiel Afghanistan, Algerien und so, die sind oben, das sind wirklich überrepräsentiert. Und dort halt auch, denke ich auch, so kulturell hat das schon damit zu tun. Gerade, wir dürfen es wie fast nicht sagen. Okay, aber sie kommen ja auch von Kriegsgebieten und so, weißt du, die sehen das dort, Krieg und so. Kommen da oder sie haben vielleicht eben wegen dem Islam auch ein bisschen, ich kann da nicht gross schnurren, aber kann sein, wegen, sie sehen nicht Frauen so freizügig wie da. Und das tut es natürlich nicht rechtfertigen, weißt? Ich sage ja nicht, das ist okay, ja, du darfst eine Frau vergewaltigen. Aber irgendwo durch, darum könnte es sein, weißt, dass ich einen Grund finde, wieso es könnte sein, dass mehr Sexualstraftaten von dort passieren, weißt, könnte ein Grund sein. Ich bin nicht da, oder? Aber es sieht sicher aus, oder nicht? Ja, also ich finde Kultur, Ethik und so, wie du aufwachst, was dein Glaube ist, hat schon einen Einfluss. Ich meine, gerade in der Schweiz, wir sind schon eigentlich ein christliches Land, oder? Wir haben unseren Rechtsstaat, Leute, grundsätzlich, wir respektieren das, wir integrieren sich und ich glaube, gerade von Leuten, gerade von den, wenn du so anderen Ländern schaust, wo dann die Islamisierung dort rum ist, ich sage jetzt nicht alle, es gibt auch Leute, die toll sind, die auch muslimischen Hintergrund haben. Ja, aber ich rede wirklich von diesen Leuten, die sehr extrem, die sagen, die Scharia-Gesetze sind wichtiger als der Rechtsstaat, unser Koran ist wichtiger als eben andere Sachen, unsere Moscheen, oder? Die sind dominanter und unsere Kirche sollte dann abgeschafft werden. Und das Problem ist dann wirklich das Mindset, das es halt bringt. Und du kannst nicht einfach sagen, ja, ich habe einen schlechten Tag gehabt oder ich habe ein Trauma, jetzt gehe ich jemanden abstechen. Das ist dann halt auch, und das wird dann oft relativiert. Und man sagt dann, also die Linken sagen
sagen immer, wir brauchen Täterarbeit, oder? Man muss doch dem helfen, das kommt ja, eben, wie du sagst, von ihrem Glauben, Traumas. Aber dort denke ich mir auch, ja, Täterarbeit, aber wie wäre es auch mit den Opfern? Weil du hast dann so viel die Empathie auf den Täter, dass eigentlich das Opfer und 1000 andere eigentlich vergisst, die jetzt in Gefahr sind, oder? Genau, du bist ja jetzt da, das ist ja nicht das Hauptthema, sondern du bist ja als Opfer von einem Verbrechen. Aber das ist ja jetzt nicht... erzähl mal das, wie war das gewesen? Was ist da passiert? Das war, glaube ich, 2019 oder 2018? Ja, voll. Also, es ist 2018 bin ich in eine Beziehung gekommen. Ja. Damals habe ich von wo ist er? Nachher schreiben wieder Leute, der ist von Afghanistan. Ja, ich weiss, das war dann auch eine andere Sache. Von wo ist er? Von welchem? Also er hat einen Migrantenhintergrund. Er ist von Sri Lanka. Doch. Genau. Meine Frau ist eben von Sri Lanka und ich habe vorher gerade gesagt, okay. Familie hört man nie so etwas. Ja, okay. Ja, geht immer auseinander, oder bei jeder Nationalität. Jetzt hört man es. Ja, genau. Er ist von Sri Lanka. Ich habe ihn dann damals im Hotel kennengelernt, wo ich gearbeitet habe. Und dann relativ, in 2-3 Monaten sind wir eigentlich zusammengekommen. Sorry, wenn ich unterbreche. Ist er einer von Sri Lanka, der da aufgewachsen ist? Da geboren, aufgewachsen? Nein. Also ich weiß nicht, mit welchem Alter er gekommen ist, aber er ist, so wie ich weiss, so mit 18, 20. Also ist er erst dann in die Schweiz gekommen, genau. Okay. Ja, also. Genau. Ja. Und genau, nachher sind wir eigentlich relativ schnell zusammengekommen und dann nach 2-3 Monaten habe ich aber schnell gemerkt, dass er wie anfängt zu kontrollieren. Also das heisst wirklich, er hat mein Handy gesehen, er will immer wissen, wo du bist, mit wem, welche Zeit, Eifersucht, und ich konnte dann wie keine anderen Kollegen haben in dem Sinn. Also er hat mich mega isoliert auch, und irgendwann habe ich gesagt, hey, ich kann nicht so weiterleben. Also wenn wir zusammen sein wollen, das muss sich ändern. Und ich habe dann sehr oft probiert, mit ihm zu reden, und das ist dann einfach nicht gegangen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, und das war dann im 2019, im Februar, wir machen Schluss, das geht nicht. Und auf das ist er komplett durchgedreht. Also er ist wirklich zu einem Psychopath geworden. Und das ist auch der Punkt, wo es dann mit dem Stalking, mit dem Terror angefangen hat. Er hat dann angefangen, mir jedes Mal irgendwie 100, 200 Mal pro Tag anzurufen. Jede 3 Minuten kommt eine Nachricht. Die Leute sagen mir, blockiere ihn doch einfach, ignoriere ihn. Genau. Ist nicht so einfach. Ich habe ihn blockiert überall. Yeah. Da kommt wieder eine neue Nummer, die er sich geholt hat. 50, 60 verschiedene Accounts von Instagram allein, Facebook, jede soziale Medien per E-Mail. Und es hat nicht aufgehört. Und wenn ich all die 50 Accounts wieder blockiert habe, dann steht er am nächsten Tag vor meiner Tür. Dann kommt er in die Schule, verfolgt mich überall hin. Und egal was ich mache, ich kann ihn nie wegbekommen. Und bei ihm ist so eine krasse emotionale Abhängigkeit entstanden. Wieso, wenn du nicht oben bist, dann kann ich nicht leben. Und das hat dann auch dazu geführt, dass er dann gerade an dem Abend, wo ich den Schluss gemacht habe, soviel ich weiss, hat er dann den Suizidandrohung gemacht und gesagt, er bringt sich um. Also wie hat er die gemacht, die Androhung? Er hat es mir auf WhatsApp gemacht. Mit der neuen Nummer wieder? Genau. Und dann hat er gesagt, dass er nicht mehr leben will, und er hat dann Tabletten geschluckt und alles. Und weißt, zuerst habe ich gedacht, er macht das sicher für die Aufmerksamkeit, er wird sich ja schon nicht umbringen. Aber im Hinterkopf hast du halt immer noch «was, wenn doch». Und obwohl es dann deine Ex ist, willst du ja nicht, dass irgendwie ein Mensch stirbt. Wärst du die Schuld und so, ja? Ja, voll. Und dann habe ich halt, mega, ich weiss noch, in dem Moment bin ich gerade aus dem Zimmer gerannt. Meine Mami war da mit einem Besuch, ich voll am Brüllen und umschreien. Ich so, «Mami, ich muss etwas machen, ich muss zu ihm». Und eben, meine Mami ist alleinerziehend mit mir und meiner Schwester. Und dann hat sie damals auch gesagt, ich rufe deinem Stiefpapi an, von der Schweiz, dass er irgendwie dir hilft. Und dann mit ihm zusammen haben wir dann eben den Polizisten angerufen und das Spital und alles. Und schlussendlich hat es sich ergeben, aber er lebt noch, er war einfach schwach gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt dann, das mit der Suizidandrohung, das hat sich wiederholt. Was hat er genau dort? Ich weiss nicht, was er genommen hat. Ihm ist es einfach nachher nicht so gut gegangen. Und ich weiss noch, am Abend ist er dann, nach der Suizidandrohung, hat er mir wieder geschrieben am Abend, «Hey, ich bin jetzt vor deiner Tür, können wir reden?» Und ich habe damals so Sorgen um ihn gemacht.
weil eben das Ganze passiert ist. Aber zur gleichen Zeit wollte ich ja keine Beziehung mit ihm eingehen. Aber weil er dann gesagt hat, hey, bitte nur schnell reden und so, ich gehe dann wieder, habe ich dann trotzdem einfach runtergehen, um ihm zu checken, ob alles gut ist. Yeah. Und dann hat natürlich meine Mami schon gesagt, nein, du gehst nicht runter. Weißt, nach all so Sachen mit Terror und alles, was passiert ist meine Mami halt mega streng gewesen. Und dann bin ich halt einfach aus dem Balkon gekommen. Also, was? Ist ja, was? also ich kann jetzt nicht irgendwie im 4. Stock kommen. Wir sind schon im ersten, ist jetzt vielleicht ein paar Meter, ja, aber trotzdem, 4 Meter oder so. Da habe ich einfach die Zimmertür aufgemacht, bin aus dem Balkon runtergeklettert und dann bin ich zu ihm gerannt, am Parking und alles. Und ich habe dann gemerkt, ihm war es einigermaßen okay gewesen. Ja. Aber dann hat er die ganze Zeit so, ich weiß auch nicht, so da eben gesagt, dass es ihm trotzdem nicht gut geht und er will sich trotzdem umbringen und alles. Und dann habe ich nach langem Reden gesagt, hey, komm doch zu uns rein. Ich probiere meine Mami überzeugen, dass du einfach für eine Nacht stehen bleiben kannst, weil es dir so scheiße geht. Und dann kannst du wieder heim. Und dann habe ich halt gerufen. Dann hat meine Mami gecheckt. Ich bin ja nicht mehr in der Wohnung. Und dann hat sie mich erst mal, ja, ist sie ein bisschen hässlich gewesen. Und nachher hat sie mit langem Überzeugen hat sie gesagt, okay, er darf schlafen bei uns, aber separat im Raum. Dann hat sie gerade all die Messer bei uns versteckt zuerst. Was? Ja, weißt, sie hat mega Angst gehabt. Die Sicherheit und alles. Ja. Und sie ist die ganze Nacht auch wach geblieben, um im Gang die ganze Zeit mich zu überwachen und ihn zu überwachen und so. Und er ist dann in ihr Schlafzimmer und ich bin halt in mein Schlafzimmer rein. Und den nächsten Tag, als wir aufgewacht sind, musste er zum Arbeiten wieder gehen. Und alles war okay bis dann. Er hat sich wie beruhigt. Und plötzlich kommt dann wieder so eine Nachricht auf WhatsApp, die sagt, ich bringe mich jetzt um. Einfach Und so es hat plötzlich. sich, genau, es hat sich wieder angefangen. Und ich bin dann wieder durchgedreht. Weißt, mir ist es schon nicht gut gegangen. Und ich habe dann gewusst, ich habe herausgefunden, wo er arbeitet. Ich habe dem Arbeitgeber angerufen, auch Polizisten und alles. Und anscheinend war der Polizist bei seinem Arbeitsplatz gewesen, und die haben gesagt, anscheinend ist alles gut, die Handy ihn und so, er kann nichts machen. Und er hat mir angeschrieben, warum hast du die Polizei benachrichtigt und alles. Und ich so, ja, warum machst du die ganze Suizidandrohungen, weißt? Und das ist dann wie, es ist mir mega dumm gewesen, aber ich wollte einfach reagieren, weil du weißt nie. Und mit dem ganzen Suizidbedrohungen sind dann so viele Sachen passiert. Und insgesamt hat ja der Ex von mir, der hat mich ja 3-mal entführt. Also, 3-mal? Also genau, was heisst entführt? Der hat dich... Ja, also ich gebe schon ein bisschen Kontext. Beim ersten Mal, dann, es ist so, er ist die ganze Zeit zu mir, weißt, so in die Wohnung gekommen, in die Schule und alles. Und ich weiss noch, an einem Tag bin ich in der Schule gewesen, und dann hat sogar der Schuldirektor müssen sagen, er soll weg vom Pausenplatz und alles. In welcher Klasse bist du denn? Das war während der Berufsmatura. Berufsmatura? Genau, ich habe KV gemacht, wo ich 15 bis 18 war. Okay. Dann habe ich BM angehängt, in Wirtschaft ein Jahr. Und es war genau, weißt, so in dem Jahr, wo ich dann BM gemacht habe. Und er ist dann eben immer gekommen. Und er war im gleichen Alter wie du? Nein, wie alt war er? Er war damals 28 gewesen, und ich bin, er ist schon 5 Jahre älter, 5-6 Jahre. Okay. Genau. Ja. Und genau, da ist er immer gekommen, und irgendwann hat der Schuldirektor gesagt, er soll raus. Und genau an dem Tag bin ich dann entführt worden. Ich bin dann nach der Schule heimgegangen am Bahnhof. Am Bahnhof selber kommt er von hinten und lüpft mich auf. Ich habe ihn nicht gesehen von hinten, habe dann einfach rumgezappelt und gesagt, lass mich in Ruhe. Und dann irgendwann hat er dann die ganze Zeit mich verfolgen wieder, weil ich musste heimlaufen von dem Bahnhof. Und ich habe ihn nicht weggekriegt. Und irgendwann hat er gesagt, ja, wir können noch mehr reden und so, ich will es gut machen und alles. Oder, also wo er dich gelupft hat, oder was? Genau. Das ist einfach, wie er angefangen hat. Und nachher bin ich schon am Boden runtergekommen. Okay, aber dann hat er mich die ganze Zeit wieder verfolgt und ich habe ihn nicht wegbekommen. Und dann hat es auch eine Situation gegeben, wir sind dann vor der Haustür und alles gewesen, und er hat sich dann auch mega ruhig verhalten, aber dort ist dann halt auch wieder, das ist dann halt das Problem, wo er sich dann ruhig verhalten hat und gesagt hat, ich gehe dann jetzt wieder weg, hat er gesagt, willst du nicht im Auto sein, wir können dann schnell reden. Und nachher bin ich halt im Auto gestiegen und ich muss sagen, das war ein Fehler von mir.
Aber, wie schon gesagt, er hat sich so ruhig verhalten, dass ich das wie vertraut habe in dem Moment. Und dann im Auto drinnen hat er dann immer wieder angefangen zu reden, hey, wir können wieder zusammen in der Beziehung sein und so. Und ich sage, hey, nein, das geht nicht. Und irgendwann ist er mit dem Auto weggefahren. Also weißt, bevor ich aussteigen konnte, einfach aus dem Nichts. Und dann Vollgas drauf. Und schon schnell gefahren? Oder? Ja, voll. Und nachher, ich weiss wie schnell? Oh, das weiß ich nicht. die Erinnerung. Ja, nein, weil ich bin auch mit einem Kollegen, der hat extra Uhr schnell gedrückt. Ja, voll. Nein, also er ist dann einfach weggefahren und ich weiss damals, wir sind irgendwie Richtung Lugano runtergegangen und dort hat er mich auch im Auto eingesperrt. Also warte, das war ein anderes Mal, als wir auf Lugano sind? Nein, das war dann an dem gleichen Tag. Von dort bis auf Lugano, da brauchst du ja mega lang. Ja, voll, ich weiss. Er ist die ganze Zeit... Einfach planlos auf Lugano? Ja, voll. Einfach was? Und ich bin da, ich weiss noch, während der ganzen Fahrt, ich habe rumbrüllen, rumschreien und alles. Und es war mega schlimm. Und hat er etwas gesagt, oder? Nicht viel. Das war aber das Schlimmste. Er hat sehr oftmals bei den Entführungen wie keine Emotionen im Gesicht gehabt, wo ich ihn auch damals geschlagen habe ins Gesicht und gesagt habe, lass mich raus. Während dem Fahren, oder? Unheimlich, ja voll. Weil ich ja nicht ihm wie noch mehr weh machen, weil ich hatte irgendwie einen Unfall gehabt. Ja, eben, weil er fährt, auch nicht wollen. Und es ist dann mega schlimm gewesen. Und er hat, und das ist dann, weißt, ohne jetzt in jedes Detail hineinzugehen, bei allen 3 Entführungen ist es so, dass er immer mich bedroht hat und er hat immer gesagt, wenn du weggehst, ich weiss, wo deine Familie wohnt, wo deine Mami ist. Und dann hat er auch beim 3. Mal gesagt, wir gehen auf Frankreich und du wirst deine Familie nie mehr wieder sehen. Und es sind wirklich schlimme Sachen gewesen, weil auch beim 1., 2. Mal, ich bin eigentlich nur wieder heimgekommen, weil ich wieder so tun müssen, als wäre ich wieder, weißt, so ein bisschen wieder mit ihm und dass ich ihn immer noch liebe. Und dann beim 2. Mal ist dann eben zu der Vergewaltigung gekommen. Das war damals in Freiburg, wo das passiert ist. Und es war mega schlimm, weil ich bin in so einem Moment ist er auch im Auto gewesen, wo er mich so mega durchgeschüttelt hat und er hat gesagt, du musst das machen, was ich will und alles, es wird dir etwas angetan. Und ich habe also wirklich nicht übertrieben, ich habe wirklich die Todesangst gehabt, weil er einfach so gestört war. Also beim 2. Mal, wie viel Zeit ist denn vergangen? Das ist nicht viel vergangen. Das ist alles. Datum kann ich nicht also erinnern. Ungefähr, weißt du? Aber ungefähr, ich glaube, das ist sogar im gleichen Monat passiert. Ja, und er hat dann in dieser Zeit gemeint, ihr seid zusammen, weil du so da hast, oder nicht? Ja, ich habe ja schon Schluss gemacht im Februar, ganz am Anfang, ich glaube, es war am 7. Februar. Und nachher hat er ja mich entführt, die 2 Mal. Und nachher habe ich ihm halt schon gesagt, ja, wir können in Kontakt bleiben oder ich schätze dich und so. Aber ich habe immer halt so die liebe Worte und so müssen geben. Und nachher würde mich eigentlich... Ja, weißt, ich habe ihm nicht gesagt, wir sind jetzt konkret zusammen. Ich glaube, es war einfach das Gefühl, ihm zu vermitteln, dass ich ihn nicht komplett wenn ihr euch gesehen habt, habt ihr euch dann... Sorry, du musst das nicht beantworten. Habt ihr euch einen Kuss gegeben? So wie wenn ein Pärli und so, weißt du? Und so. Nein, gar nicht? Nein, also nach dem 7., also nachdem ich Schluss gemacht habe, war für mich ganz klar Schluss gewesen. Okay. Dann, was nachher anders gefolgt ist, und das macht es eben auch häusliche Gewalt sehr komplex, weil obwohl du als Opfer sagst, ich will nichts, das ist dann nicht fertig für ihn. Und er kommt dann immer wieder und dann wetter und wenn du das halt wie abgrenzt, dann kommt dann Gewalt. Dann kommt physische Gewalt und alles. Und dann, wenn du halt dich in dem Moment halt Todes- und so Angst hast und er zwingt dich, hey, du musst mich küssen oder du musst jetzt mit mir Geschlechtsverkehr haben, so Sachen, das ist eine andere Sache, weil dann ist das Sex ohne Konsens, das geht in die Vergewaltigung rein. Und jetzt, aber ich werde jetzt nicht zu ins Detail gehen, aber es sind dann so viel von diesen traurigen Sachen passiert und ich habe Sachen müssen machen, die ich nicht wollte. Und das hat mich auch mega traumatisiert. Und wo ich nachdem alles rausgekommen bin, also beim 2. Mal, wo ich dann heimgekommen bin, bin ich heimgerannt und ich habe wirklich gesagt, ich muss die Polizei anrufen. Also das war dort, wo er dich vergewaltigt hat? Genau, weil ich bin nach der ganzen Vergewaltigung, ich bin dann nicht... Aber hat er auch Gewalt angewendet, meine ich, so geschlagen? Ja, das hat er auch. Also in der Beziehung, wir sind im Auto. Also ich meine dort, wo er das gemacht hat? Ja,
Also okay. er hat dann mich auch, also ich konnte wenig weggehen, er hat mich auch festgeklammert. Du hast nicht können abhauen oder so, Genau, keine Chance. voll. Und er hat mich auf die Hand geschlagen und auch wenn ich abgehauen wäre, hat er immer mich bedroht und die Familie, weißt. Und du kommst wie als Opfer in so ein Erstarren rein. Das ist jetzt anscheinend auch im Strafrecht erweitert worden seit 2024, das Erstarren, dass wie du in dem Moment nicht weißt oder kannst machen, weil für jemanden, der das nicht durchmacht, Ja, sieht das halt wie aus. Genau, es sieht dann wie so aus, hey, warum hast du denn nicht gerade einfach dort Anzeige gemacht? Und weißt, mir verlangt wie chronologisch, du machst das perfekt, hättest das können machen und so. Genau, ja. Aber in dem Moment ist es aber ganz anders, weil dort sind so viele Emotionen entwickelt und jetzt bei mir eben ist zwar Schluss gewesen, aber es gibt viele auch andere Opfer, das sind dann eben Ehemänner und alles. Und du denkst schon nicht gerade im ersten Moment nachher, ja, ich gehe jetzt gerade eine Anzeige machen. Und das Problem ist auch, wenn du eine Anzeige machst, hast du dann Angst, dass dann dein Mann es erfährt und dich zusammenschlägt. Und ich habe damals einfach der Polizei angerufen nach dem zweiten Mal Entführung und habe gesagt, hey, ihr müsst etwas machen, ich fühle mich nicht sicher. Ich habe das Gefühl, dass er das wieder machen wird. Und weißt du, was die Polizei gesagt hat? Sie haben gesagt, ja, rufen Sie uns doch mal an, wieder, wenn etwas Konkretes passiert. Am besten mit Beweis, weißt du, Es ist ja schon etwas passiert. Aber es ist wie nicht so passiert, dass er auf frischer Tat ertappt worden ist. Es ist wie in dem Sinn. Das ist krank. Ja, ich weiss. Sie haben wie so gesagt, am besten einfach anrufen, wenn irgendetwas wie Schlimmeres passiert. Und ja, was sollte dich umbringen? Nachher kannst du ihn anzeigen. Das ist schlimm. Und ich habe dann halt auch gesagt, hey, weißt, ich will jetzt nicht sagen, alle Polizisten scheiße, sie müssen ja auch ihren Job machen, aber ja, es gibt überall du checkst so dann so. halt einfach strukturell, irgendetwas da läuft falsch, weil das heisst einfach in anderen Worten, du als Opfer bist allein, in dem so schaust halt selber, oder? Und wenn dann genug Blut ist und so, oder vielleicht halb tot bist, dann am besten wieder melden, oder? Und genau das war es. Ich habe das mega dumm gefunden damals, ich habe mega gebrüllt, ich konnte wirklich nicht mehr aus dem Haus gehen, auch die Schule, ich musste immer mit Begleitperson gehen und irgendwann ist dann das zum 3. Mal hat sich dann das Ganze geführt und weißt, also Entführung oder auch Vergewaltigung? Vergewaltigung ist einmal passiert? Genau, einmal. Okay. Also das ist dann halt auch noch. Ich kann auch bei anderen mal gewisse Sachen eben sexuell machen müssen, die ich nicht wollte. Ja. Darum ist das aber beim du musst nicht sagen, gell, was, aber was ist... Ja, also... Dass man es verstehen, also was sexuell... Also ja, voll, einfach Klassifizierung. Also musst nicht, gell? Ja, nein, ich gehe jetzt nicht so intim in alles. Du musst nicht genau sagen, das, weißt? Ja, voll. Musst gar nein, nicht sagen. Einfach, dass die Leute sagen, es sind Sachen gewesen, eben im Bett und auch aussen dran. Also ich weiss, es sind mehrere Strafdelikte gewesen. Er hat von wirklich Handschlagen, Armschlagen, mich durchschütteln, Haarreissen, Zwang. Und dann hat er im Bett halt auch Sachen gemacht, also mehrmals. Es war nicht nur einmal Vergewaltigung, also am gleichen Tag. Und wo ich halt nicht weggehen konnte. Und alles. Und nach dieser Situation und so halt, ja, mega Trauma, mega im Schock gewesen. Und ich bin dann auch nicht, gerade zum Arzt irgendwie gegangen. Oder das denkst du irgendwie wie nicht. Ja, wenn das jemandem passiert, müsste er dann... Ich weiss, es ist einfach gesagt, aber müsste er dann eigentlich zum Arzt? Was müsste das erstes machen, wenn jemandem das passiert und das sieht? Ja, also es ist so, in der Schweiz gibt es jetzt eine neue Spurensicherung. Das ist bei der Opferberatungsstelle so. Das bedeutet, wenn du vergewaltigt worden bist, kannst du dort melden. Und ohne, dass du offiziell eine Anzeige machst, darfst du die Spuren sichern lassen. Das heisst DNA und so. Du gehst nicht waschen, du gehst einfach dorthin. Und du kannst innerhalb, ich weiss nicht welchen Zeitraum, aber ich glaube sogar 1 Jahr oder so, du kannst dann nachher dabei entscheiden, ob du jetzt trotzdem eine Anzeige machst. Aber der Sinn der Spurensicherung ist, dass du den Beweis sichern. Wie heisst das genau? Können wir es vielleicht verlinken? Das heisst Spurensicherung? Das heisst Spurensicherung, gibt es in mehreren Kantonen, oder? Soviel ich weiss, ja. Okay. Es ist auch sehr viel kantonal, weil jeder Kanton hat ja die Opferberatung und die Fachstelle und so. Und das kannst du jetzt machen. Aber jetzt kommt das Aber. Es ist ja gut, dass wir das haben, aber in Praxis ist es oftmals so, dass das Opfer gerade nach der Vergewaltigung geht duschen oder eben, du denkst, du weißt das ja besser, als, oder das Scham oder du willst es gar nicht ja. irgendwie teilen und so. Und dort ist halt schwierig und
nur weil du dann keine Spuren siehst oder eben bei den Männern Spermien und so, es heisst ja dann nicht, dass du nicht vergewaltigt worden bist, weil das ist nur ein Teil vom Beweismittel. Es gibt auch Frauen, die, weißt, ohne Grund, vor allem wenn der Mann ein Kondom hat oder sich schützt, und es gibt viele andere Wege, wo man das wie nicht aufzeigen kann. Und das Ding ist, so Sachen, weißt, damals in der Situation, ich habe nicht mal gewusst, dass wir eine Opferberatung haben. Ja, Weißt, okay. ich habe gar nicht gewusst, dass es so etwas auch gibt. Und es ist dann alles wie im Nachhinein entstanden, weil das Einzige, was als Opfer denkst, ist einfach Polizei. Das ist das Einzige, Genau, das habe ich auch oder? gedacht. Ja. Du gehst Polizei und dann denkst du, okay, jetzt kommt sicher die Polizei und die schützt mich. Und das war es wie nicht der Fall gewesen. Und es hat mir eben das 3. Mal wieder Anlauf nochmal gebraucht, um das zu machen. Und damals ist das ja eskaliert. Also, wo er dann wirklich, also ich bin so monatelang im Terror gewesen, im Fall das glaubst. Ich konnte nicht schlafen, nicht Kiefer aufmachen, jeden Tag traumatisiert. Und irgendwann hat er dann mir gesagt, ich lasse dich in Ruhe, treffen wir uns noch ein letztes Mal. Und damals habe ich es ihm natürlich nicht geglaubt. Hey, nein, oder ich fühle mich gar nicht sicher, was du bei den letzten Mal gemacht hast. Und er hat gesagt, ja, aber ich werde das mal wirklich aufhören. Und weißt, in dem Moment bin ich so verzweifelt gewesen, das glaubst du nicht. Ich habe wie nicht gewusst, weil die Polizei hilft mir nicht, ich kann nicht aus dem Haus. Ich will, dass es ein Ende hat. Und damals habe ich dann gesagt, okay, ein letztes Mal. Und ich weiss noch, es war dann in Luzern gewesen. Ja, Luzern Stadt haben wir uns getroffen. Wieso in Luzern? Du wohnst ja nicht, oder? Ich bin in Luzern aufgewachsen. Ah, du bist in Luzern aufgewachsen? Genau, ich bin jetzt aufgewachsen. Und damals habe ich in Luzern-Umgebung gewohnt. Ah, du hast damals mal dort gewohnt? Genau. Ja, okay, das macht Sinn. Voll, weil ich bin ja erst seit eigentlich 3 Jahren jetzt in Zürich. Also spezifisch in Urdorf. Aber damals bin ich in Luzern-Umgebung, haben wir uns getroffen, alles war wieder gut, er war ruhig und alles. Und er hat wie mir das Gefühl gegeben, so in dem Sinn, dass er es wie akzeptiert, weißt, endlich. Und dann weiss ich noch, hat er gesagt, hey, ich warte schnell zum Bahnhof und so. Und er hat auch gesagt, ich will dir das, weil er hat bei mir Sachbeschädigungssachen gemacht, weißt. Und er hat gesagt, es genug tue. Zum Beispiel, was hat er gemacht? Ja, er hat das Handy kaputt gemacht. Dein Handy? Ja, das ist dann halt Handy kaputt gemacht. Das ist dann aber die Wand geschossen, oder? Nein, ich erzähle es dir gerade. Das ist dann gerade okay. bei der Entführung passiert. Aber auch vorher halt andere Sachen. Und dann halt, weißt, wo er auf mich geschlagen hat und alles. Und er hat gesagt, es genug tue, wird er mir einen Betrag zahlen. Und ich habe ihm damals gesagt, ja, ist gut. Und er hat gesagt, ich gehe gerade in die Bank, lasse das Geld raus. Und dann bin ich ja in seinem Auto gewesen, weil er ja mich zurückgefahren und alles. Und dann hat es wieder angefangen von vorne. Und dann fragt er wieder, willst du nicht mit mir zusammen sein wieder? Ein letztes Mal. Und ich wieder am Augen verdrehe. Ich so, nein, ich kann wirklich nicht und so. Und nachher ist er wie, weißt, das hässig geworden und alles. Hat er nicht verstanden, dass er dich vergewaltigt? Hast du ihm das gesagt? Ich habe ihm das gesagt. Dass das für dich, für ihn hat das vielleicht gar nicht so... Für ja, aber es oder ist mega offensichtlich. Nein, das ist klar gewesen, weil ich meine, nur schon dort... Ja, dass er, ich weiss, das ist schon klar, aber dass er das checkt, weißt, in seinem Mindset, in seinem... Ich weiss nicht, wie. Weißt, auch heute, das war dann am Gericht, dass er das abstreitet und sagt, nein, ich habe das nicht gemacht. Ja, okay. Aber weißt du, dann hat er so viel alles abgestritten. Er hat sogar dann am Gericht gesagt, ja, sie belästigt mich, sie stört mein Leben und so. Weißt du, auf Französisch stattgefunden. Nein, er hat das zu mir gesagt, weißt, die Richterin. Und dann hat die Richterin, ich weiss damals noch, sie hat selber ihre Augen verdreht. Ja, weil sie hat sicher alle Chat verloren. Ja, voll. Und dann hat sie auch gesagt, wenn die Frau June sie so stört, warum läutet sie ihr so 200 Mal pro Tag an? Also hat er wirklich 200 Mal oder einfach so, man sagt die 200? Die ganze Zeit hat er angerufen. Ich habe noch all die Screenshots. Er schreibt mir auch jede Minute, als hätte er wirklich nichts anderes zu tun. Und er hat mir vorgeworfen, dass ich ihn nerve. Aber weißt, ich mache ja nichts. Ich rufe ihm nicht an, ich tue ihn nicht schreiben. Er ist der das die ganze Zeit macht. Und er hat mir auch vor Gericht all die Screenshots aufgezeigt und gesagt, da sieht man ganz klar, dass sie ihn kontaktieren, und sie hören nicht auf. Und nachher so auf Französisch, oh, je ne sais pas, ich weiß nicht und so, oder? Dann kommt er das und dann zeigst du halt wieder andere Screenshots eben mit einer Suizid-Ding, oder? Und dann probiert er wie abzustreiten, aber gewisse Sachen, dort hat man auch Beweis gehabt, weil dann schlussendlich, was beim Gerichtsurteil durchgekommen ist dann versuchte Nötigung, Sachbeschädigung, das Stalking, damals das Stalking-Gesetz nicht gegeben, aber das haben sie dann aufgeschrieben. Und Entführung, da hat man auch Beweis gehabt.
Das einzige Urteil, das nicht durchgekommen ist, war dann Vergewaltigung gewesen. Das nicht, das ist das Hauptding. Genau, das ist das Hauptding. Das ist auch der Grund, warum das dann einfach als Offizialdelikt eigentlich, ich kann dann müssen durchgehen. Aber es ist dann wie Aussage gegen Aussage gewesen. Das ist nicht Und beweisen. so 4-Augen-Delikt oder und mega schwierig zu beweisen in dem Sinn. Und aus dem Grund haben sie gesagt, ja, aber im Zweifelsfall für den Angeklagten, und ist er freigesprochen worden. Und dann hat man ihm so eine bedingte Bewährung gegeben und gesagt, innerhalb von diesen 5 Jahren darfst du nichts mehr machen und sonst kommst du 2 Jahre ins Gefängnis. Aber weißt du, der Witz in dem Ganzen ist, dass nach all dem läuft der Typ frei noch umeinander. Und ich habe dann im Nachhinein herausgefunden, dass er sogar ein Kind hat. Dass er das mir verheimlicht hat. Und dass er schon vorher ein Kind gehabt, als ihr zusammen Genau, waren? voll. Ich habe das nicht gewusst. Er hat schon ein Kind gehabt. Und anscheinend, soviel ich weiß, er hat das mir gesagt, dass anscheinend eben die Frau, die mit ihm das Kind hatte, sie will nicht, dass das Kind Kontakt hat zu ihm. Das zeigt irgendwie auch ein Zeichen wahrscheinlich, dass es ein Problem hat. Ich habe dann auch erfahren durch Gerichtspapier, dass er irgendwie 2015 eine Vorstrafe schon Aber ist das in Sri Lanka, das Kind, oder ist es in der Schweiz? Oder? Nein, also die sind alle in der Schweiz, also alle in der Schweiz. Frauen und so. Okay. Genau. Und ich weiß nicht, was er hatte, aber es zeigt einfach, dass er schon Probleme hatte vor mir, oder? Und dann hat er das bei mir abgezogen. Und dann eben in 2023, das war dann nach all diesen Gerichtsverfahren, bekomme ich auf Instagram einfach eine Nachricht und da schreibt mir so eine Frau französisch: «Osin, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Ich bin die neue Freundin von deinem Ex.» Was? Und dann sagt sie mir so, und das ist auch so um Mitternacht passiert, schickt sie mir ein Foto von ihrem Auto. Und da siehst einfach eine Axt in ihrem Auto, mitten drin. Eine riesige Axt. Eine Axt im Auto? Er hat die Axt ins Auto er hat das gemacht? Also, und dann nachher sagt sie mir so, hey, der greift mich mit der Axt an, oder? Gewalttätig und alles. Sie hat gesagt, sie hat Angst, sie wird sich diese Nacht umbringen, sie kann nicht mehr. Und ich bin einfach der per Zufall, weißt, bin ich noch als Nachtüle gsi, ich bin einfach noch wach gsi, habe dann ihr geschrieben, hey, ich komme zu dir, wir gehen zusammen zur Polizei, egal wo du bist und so, du bist nicht allein. Und ich kann sie dann wie ein bisschen beruhigen und zum Glück, sie lebt noch, alles ist gut heute, aber sie hat damals auch mega lange in Therapie müssen gehen und ich habe dann ihr gesagt, warum gehst du nicht zur Polizei? Und sie hat gesagt, sie hat Angst, weil er weiss, wo sie wohnt. Und er hat ja schon mal sie angegriffen und alles. Und sie will wie nicht, dass wieder in dieser Gefahr sein. Und dann aus dem Grund hat sie gesagt, sie kann nicht wie öffentlich jetzt mit dem reden oder zur Polizei gehen. Und eben, ich verstehe ihre Entscheidung, weil das ist genau das, was irgendwie 1000 andere Frauen durchmachen. Das Schamgefühl, die Angst, Todesangst. Und du hast auch wie kein Vertrauen in die Justiz. Weil du weißt, auch wenn du zur Polizei gehst, dann kommt wieder die Aussage, ja, läutet sie wieder an, weißt, wenn etwas wieder ist. Ja, vor allem, wenn der andere dann die Meldung bekommt, dass jemand bei der Polizei war, dann fragt er natürlich dich, wieso bist du bei der Polizei gewesen? Aber es passiert ja gar nicht, oder? Genau, und dann ist es noch schlimmer. Weil dann ist es noch schlimmer, ja, voll. Oder? Dann wird er, ja genau, dann rastet er aus. Und dann rastet er aus und so. Ja. Und es müsste eigentlich wie zu dem Ansatz sein, dass wenn du als Opfer anrufst, dann sollte eine direkte Schutznahme passieren, oder? Dass man dann wirklich, dass die Polizei sagt, wir kommen zu dir und es wird irgendwie gerade eine Opferberatung innerhalb von den 24 Stunden zugewiesen und dass du dann temporär wegkommst, vor allem wenn du zusammenlebst mit dem Typ, oder? Wie Frauenhäuser oder Schutzplätze. Yeah. Und bei Hochrisikotätern solltest du eigentlich elektronische Fußfessel haben. Das gibt's, in Spanien haben sie das eingeführt. Sure. Dort hat es so viel Gewalt gegeben. Und dann 2007 haben sie ein neues System eingeführt, das heisst Viogen. Und dort haben sie eine Risikoanalyse gehabt, gerade wenn jemand sich meldet für Stalking. Und weißt, so Sachen, die noch nicht so schlimm sind, aber man tut wie das Ganze schon ernst nehmen. Yeah. Weil oftmals ist dann ja nicht die Frage, was ist einfach an diesem Tag passiert, sondern man sollte sich fragen, was ist im Verlauf von Monaten passiert. Es ist ein Muster, das man erkennen muss. Weil Vergewaltigung passiert oft nicht von einem Tag auf den anderen. Es ist dann oft so, es passiert mit Beschimpfungen, mit der Isolierung, Eifersucht, Kontrolle. Und es fängt dann mega klein an und wird dann immer schlimmer und schlimmer. Und darum ist ja dann die häusliche Gewalt so komplex, wo dann die Leute nur noch den Eskalationspunkt sehen und nicht das ganze Muster, was eigentlich vorher alles passiert ist. Und damals eben mit dem System in Spanien, die haben dann einfach geschaut, dass dann die Täter, dass die so eine Feste hatten und wir mit dem GPS können tracken, wo die sind. Und wenn dann der Täter zu nahe kommt am
dem Opfer, mit dem Kontakt- und Reihenverbot, wird die Polizei direkt benachrichtigt. Und das ist mega... Aber dort muss ja schon etwas passiert sein, weißt du, dass er überhaupt ein Täter ist. Ja, also, aber die haben präventiv schon all die Sachen wie auch vorgenommen. Weißt du, so mit diesen Sachen, je nach halt schwer ist jetzt halt schwierig zu beurteilen, je nach Kontext. Weil, sorry, wenn ich dich unterbreche. Ja, sicher. Weil ich habe früher im Kollegenkreis ein paar Kollegen gestörte Beziehungen gehabt, wo dann sich Streit hatten mit der Freundin. Und dann ist es mal vorgekommen, dass eine Freundin einfach so aus dem Nichts sagen, er hat sie vergewaltigt, obwohl es gar nicht stimmt. Und ich glaube, vielleicht hat es auch viele Meldungen bei der Polizei, solche Sachen. Und sie dann eben vorsichtig sind, weißt, und ein bisschen schauen, aber ich verstehe es. Weißt. Bei dir ist es ja Fakt, wenn es dann wirklich so ist ja unglaublich, dass das nicht macht. Weißt. Ja, aber du sagst eigentlich einen mega wichtigen Punkt, das wollte ich auch noch sagen. Ich glaube, zum einen ist es ja wirklich so, dass man das wie beim ersten Mal wie nicht ernst nimmt und man sollte Schutzmaßnahmen ergreifen. Weißt, muss auch nicht gerade mit der Schelle sein, aber dass sicher die Frau wegkommt und dass wir dort Leute haben, die dann gerade um sie kümmern. Aber zum Zweiten ist eben das, was du sagst, dass dann jede zweite, dritte Frau behauptet, er hat mich vergewaltigt. Weißt, du gehst auf die Straße raus, ein Mann schaut dich an und du sagst dann schon, ich bin sexuell belästigt worden und auch halb vergewaltigt, oder? Gibt es halt schon, ja. Es gibt schon, aber ich finde, es ist wie... Und das hat sich weißt, in Amerika hat es das MeToo-Movement gegeben von Tarana Burke. Die hat, damals war es so gewesen, eben, dass man über das Thema von sexueller Gewalt öffentlich redet. Yeah. Und sie hat wirklich das gesellschaftliche Tabu gebrochen. Und mit dem sind dann viele Frauen gekommen, die plötzlich öffentlich wurden mit ihrer Geschichte. Und das Positive war, dass dann die Justiz sich verbessert hat und man hat mehr Massnahmen ergriffen. Aber der Nachteil war, dass dann irgendwie jede, eben zwei, dritte Frau das gesagt hat, mir ist auch passiert. Und dort ist das Problem, dass man wie nicht klassifiziert, was ist jetzt wirklich die Sache war. Weil ich finde, es ist nicht das Gleiche, wenn eine Frau sagt, ein Mann hat mich betatscht oder mich angeschaut, versus ich bin jetzt wirklich entführt und vergewaltigt worden. Ja, auf jeden Fall. Halb ermordet. Und ich finde, es ist auch nicht fair gegenüber. Und das heisst nicht, weißt, zu vergleichen, wer hat jetzt Schlimmeres gemacht, sondern man muss jeden Fall ernst nehmen. Aber man muss auch ehrlich weißt, Sachen benennen. Wenn er jetzt gesagt hat, dann ist es Stalking, oder? Und wenn er dort terrorisiert hat, dann musst du den Kontext anschauen. Darum sage ich ja, ein Rechtsstaat sollte ja auch den Täterschutz haben und den Opferschutz. Weil sonst kann jeder einfach irgendetwas behaupten und das ist ja auch nicht fair für den Anklagten in dem Sinn. Aber man muss auch zugeben, nach so vielen Fällen, was ich jetzt bei mir gesehen habe, die Lücken, die es da im System gibt, oder? Dass wir bei Opferrecht einfach viel aufarbeiten müssen. Und eben, Spanien ist Spanien. Ich kann ja nicht sagen, alles die Schweiz nachmachen, aber es zeigt einfach ein Vorbild, okay, was kann man anders machen? Und dort habe ich auch schon einige Ideen in dem Sinn, wo wir spezialisieren und machen. Aber ja, es ist etwas, wo ich finde, wir sollten ehrlich können auf das reden und vor allem, wir sollten nicht in der Opfermentalität stecken bleiben. Mit dem habe ich aber auch noch Mühe, wenn dann Frauen, weißt, das sehe ich halt ein bisschen im politischen linken Spektrum. Ich will jetzt nicht alle sagen, alle Frauen sind so, aber ich sehe einfach teilweise ein Muster bei gewissen Frauen, die dann sagen, ich habe Gewalt erlebt, ich bin hässig, alle Männer sind scheiße und dann wirfst du sie alle in einen Kübel, oder? Genau. Und dann kommst du so eine Opferrolle, dann gehst du in die Politik nicht um Veränderung zu wollen, sondern eigentlich mehr um gehört zu werden. Ja, genau. Und das ist dann anders als jemand, der sagt, hey, das ist mir passiert, ich habe mich geheilt und jetzt geht es um die Sache, jetzt geht es um Lösungen, oder? Und dadurch, das ist auch mein Ziel. Ich will Gewaltopfern sagen, hey, du darfst deine Geschichte teilen, du musst nicht, aber es ist wichtig, das zu verarbeiten, weil gerade in der Geschichte von Gewaltopfern siehst du die Muster, die auch die Lücken sind. Und meistens ist jede Geschichte subjektiv halt anders, aber immer ein ähnliches Muster. Und dann musst du dann ja auch rausziehen, da ist ein Problem, das können wir jetzt beim nächsten Mal sicher anders machen. Und dadurch muss man über das reden, aber man muss dann auch lösungsorientiert sagen und nicht nur auf das, wie sagt man denn, Vergangenheit fokussiert sein und so. Oder? Was hat er für eine Strafe überhaupt bekommen? Schlussendlich, nach dem Urteil, ist es einfach dazu gekommen, dass er mir einen Betrag muss zahlen muss. Es war dann damals, glaube ich, 4'500 Franken. Ja, es ist nicht viel für das, was er mir angemacht hat. 4'500, das ist ja nicht. Und weißt, das ich muss mehr zahlen wegen der Schweizer Nationalmannschaftsvideos mit 10'800. Oh Gott. Und das musst du nicht einmal 5'000 Stutz, das ist ja krank. Es ist krank, ja. Weil das Ding ist auch nach dem Gerichtsurteil, ich bin davon ausgegangen, dass er dann einfach den Betrag zahlt. Weil das ist schon der Entscheid. Aber
nach irgendwie ein paar Jahren, ich habe dann wie irgendwie gemerkt, dass das Geld nie reingekommen ist. Aber nur das, oder was? Ja, nur das. Keine andere Strafe? Nein, Nicht? keine andere Strafe. Wenn das Strafregister jetzt nicht. Also das schon, aber. Ja, er hat nicht. ja einfach die Bewährung bekommen. Weißt du, so bedingte Haftstrafe. Ja, ich weiss, genau. Aber er ist wieder frei auf dem Fuß. Aber jetzt ist ja das mit der Axt noch passiert. Mit der ja, aber sie ist ja nie anzeigen. Das hat ja sie hat ihn immer noch nicht jetzt. Ich habe gemeint, jetzt schon. Ich habe sie hat ihm am Anfang nicht angezeigt. Das ist eben das Problem. Und viele Leute, klar, jetzt greifen, also viele Leute in dieser Situation würden sagen, ja, Fräulein, wenn sie jetzt zum Beispiel zur Anzeige gemacht hätte, dann wäre er sicher mehr. Also, ja, ich meine, jetzt gestanden. sie anzeigen. Weißt du, vielleicht dort habe ich es schon verstanden. Wann war das mit der Axt? 2023. Ah, eben, ungefähr. ja. Wenn sie, ja und sie aber sogar ich weiss nicht, ich habe jetzt nicht mit ihr aktiv Kontakt, Okay. aber sie hat dann immer lang gesagt, nein, er wüsste, sie will nicht mal über das reden. Und das ist viel bei Frauen so, dass nach so Sachen, du willst gar nicht mehr über das Thema reden. Ja, okay, oder? ich verstehe das schon, ja. Oder? Und es ist halt einfach Pain in the ass. Das Ganze musst du irgendwie wieder erzählen. Das war auch bei mir. Das ist auch noch ein anderer Punkt. Du wirst vom System so retraumatisiert, weil du musst die gleiche Geschichte zur Staatsanwaltschaft, zur Polizei, zu deinen Therapeuten, musst immer wieder erzählen. Yeah. Und die müssen dich ja auch konfrontieren, ob du wirklich Oder die Wahrheit sagst. Aber das machen ja nicht alle, oder? Jetzt wieder. Aber weißt, jetzt mache ich das wie aus einer anderen Absicht. Ich mache das jetzt freiwillig für die Und ich glaube, Message. du machst es auch, du kannst ja andere Leute schützen damit, oder? Mit diesem Podcast, wenn das jemand sieht. Wo das, weißt, dann kannst du ihm sagen, hey, du kannst, wenn das passiert, versuch das machen, wenn es geht. Wenn nicht, weißt du, du hast ja das nicht gewusst, dass es überhaupt so ein Ding gibt, wo du kannst hingehen, oder? Ja, voll. Ja. Jetzt sogar, also wenn jetzt jemand sagt, hey, ich bin in so einer Situation, ich würde wirklich sagen, es gibt jetzt auch neu eine Opferhilfenummer, eine nationale, das heisst 142. Du kannst einfach anrufen und das ist auf nationaler Ebene, wo dann eine Fachstelle Telefon abnimmt und du kannst dann sagen, was passiert ist und die dich dann weiterleiten und vermitteln. Oder wenn du das halt nicht machen willst, dann kannst du auch direkt zur Polizei anrufen, aber wie schon gesagt, wie bei mir, ich kann dir einfach nicht versprechen, dass die dann wirklich handeln. Ja, bei den Leuten ist lieber dort und die können Kontakt. Genau, und dass dann wirklich bei der Opferberatungsstelle von deinem Kanton dich direkt anwendest oder dass einfach die kurz 142 anrufst und dann wirst du weitergeleitet. Und was ich auch immer sage, du musst alle Beweise sichern. Das sei das Screenshots, Chatverläufe, alles, also nichts wegrühren, Fotos, alles. Es ist mega mühsam. Ich habe wirklich ein Stalking-Protokoll gehabt und jeden Tag musste schreiben, um die Zeit oder das geschrieben. Geschlagen bist du nicht worden? Und das, was? Geschlagen hat er dich nicht? Ja, geschlagen jetzt ins Gesicht nicht, Ja. das zum Glück nicht. Wenn er geschlagen hat, war es meistens mein Arm, die Hand und so voller Wucht oder einfach mich als Also Körper mit der offenen Hand? Ja, voll, im Auto und so. Und, wir sind im Auto, dann betatscht er mich und alles und Schön. schlägt er mich und so. Und ich habe dann angefangen zu brüllen, also es sind schon schlimm gewesen. Und dann halt, weißt, es ist ja nicht nur die psychische Gewalt, was auch bei häuslicher Gewalt schlimm macht, ist einfach, dass es physisch und psychisch mega belastend ist und du bist mega in dem Dilemma zwischen, das ist eigentlich ein Partner, wo du mal wie geliebt hast. Eben, am sogar Anfang immer hast du noch keine liebst. Anzeichen gesehen. Ganz am Anfang. Ganz am Anfang nicht. Weil du bist... Nein, ganz am Anfang haben wir es gut gehabt. Es war mega lustig, chill, alles. Es hat dann einfach mehr angefangen, so nach 2 Monaten. Weißt du, so 1,5, 2 Hat es irgendeinen Monate. Auslöser mal gehabt, dass er Eifersucht hatte? Oder so etwas? Ja, das ist genau passiert. Was Nur ist schon- denn ein Ich mache ein Was Beispiel. denkst du, was es ist? Ich war in der KV-Schule, wir hatten Gruppenarbeit. In der Gruppenarbeit musste ich mal mit einem Typ Gruppenarbeit machen. Für die Gruppenarbeit habe ich ja, weißt, wir haben ja müssen irgendwie auch besprechen oder ein bisschen länger bleiben nach der Schule, um daran zu arbeiten. Hat ja nichts mit Romanz zu tun, hat einfach mit Hausi zu tun und einfach Schule, oder? Ja. Nur schon der Fakt, dass er gesagt hat, hey, du bist ja fertig mit der Schule, oder? Ich habe gesagt, nein, ich muss jetzt noch da eine Aufgabe machen und so, oder ich muss jetzt mit dem Kollegen, wo ich da Partnerarbeit habe, etwas machen. Dann hast du welcher Kollege, wie heisst der? Und weißt, es Du bist ja fällt nicht zu dann dem schon heim, an. oder? Nein, einfach in der Schule. Ja, einfach Aber in der es- Schule sogar, ja. Aber weißt, es fängt so mit minimalen Sachen an. Und ich bin auch damals noch auch in Paris. Er hat eine Hochzeit von einem Kollegen gehabt. Ich bin damals auch mit ihm mitgegangen, einfach als Gast. Und der hat auch, also weißt, das habe ich mich auch gefragt. Ich bin dann an der Hochzeit gewesen, am Bankett und ich schaue einfach vor, weil es so eine Leinwand gegeben hat und dann plötzlich sagt er so,
du schaust ihn an, weil er so gut aussieht und alles. Das ist ja meistens umgekehrt, eigentlich. Ich weiss, aber dort war es umgekehrt. Also, dass die Frau, dass ein Mann... Ja, ich weiss, dass das vorwirft. Und auch umgekehrt, eigentlich die ganze Geschichte. Weißt du, dass die Frau dann 200 Mal anruft und so. Ja, voll. Also, dort war es anders gewesen. Und ich konnte in jede Richtung schauen, egal in welche Richtung. Dann sagt er, du hast ihn angeschaut. Und ich habe gar nicht gesehen, dass der überhaupt existiert. Weißt du, wo er meint? Yeah. Und nachher habe ich gesagt, nein, ich schaue nur in die Richtung an. Ich habe nur den Kuchen angeschaut. Oder ich weiß auch nicht, irgendetwas random. Ja, eben. Oder wenn einer im Blick, was willst du machen? Es läuft du schaust auch Menschen eigentlich einfach an. Das heisst ja nicht, dass du... Weißt du, wenn dann es ist egal, wenn du einen Hund an oder wenn etwas vorbeiläuft, ist egal, wie er aussieht, oder? Weißt du, ich meine, das checken. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und eben, dort hat es schon mit so Sachen angegeben und dann haben wir angefangen zu streiten. Ich musste mich so rechtfertigen in dem Sinn, dass ich den Typ nicht angeschaut habe. Und dann weiss ich noch, wir haben uns so verstritten und dann hat er mich im Auto irgendwie 30, 40, 50 Mal hat er mich Schlampe genannt, du Bitch und alles. Also, was? Weißt, weil er denkt, du hast genau, weil ich jemanden anschaue und so. Da habe ich eine gute Geschichte. Mein Bruder hatte eine mega gestörte Freundin. Wir sind im Restaurant am Essen. Er hat gesagt, genau, dort kommt irgendeine mega weit mit Minirock zu laufen. Er hat gesagt, er schaut mich, also, es ist vorbei. Yeah. Und sie kommt sogar von hinten. Er kann sie gar nicht sehen. Und sie sagt, sie sieht sie, aber er hat sie noch nicht mal gesehen und sie schaut ihn an. Meinst du das gerade? Weißt du, sie hat Hochtisch. Meinst du das ernst? Und er so, was? Weißt du, und dann eskaliert es komplett. Und dann den ganzen Tag und immer Nachrichten und so. Eben, das kann ich eigentlich umgekehrt. Krass. Ja, es geht bei allen. Gerade bei so einer emotionalen Abhängigkeit. Darum ist das auch mit dem Suizid, wo er dann gesagt hat, ohne dich existiert wie nichts mehr, das ganze Leben. Und das war dann mega extrem gewesen. Das hat er extra gemacht, um Mitleid zu erzeugen. Er hat gewusst, nachher kann er wieder in Kontakt kommen. Und das ist aber das Schlimmste, weil ich bin halt immer gewesen, wo sehr, wie sagt man, eine tiefe Empathie für die Mitmenschen hat und ich kümmere mich einfach mega tief um Leute. Ja, du bist einfach ein guter Mensch, oder? Du willst nicht, dass, obwohl du ihn eigentlich nicht so magst, aber also du hast ihn sehr wahrscheinlich sogar gehasst. Nein, aber das Ding ist, du willst nicht, dass er sich umbringt und du schuld bist nachher. Ja, voll. Ich ja wollen, auch trotz nach unserem Trennen, dass er eigentlich ein gutes Leben hat, dass wir einfach auseinander gehen können und alles. Und ich bin immer schon eher diplomatisch in dem Sinn, dass wenn man ein Problem hat, ich finde, man muss einfach direkt darüber reden. Und es ist für mich wie mega traurig gewesen, dass ich akzeptieren musste, dass mit gewissen Leuten einfach nicht reden kannst. Egal, wie fest du die liebst, egal, was du ihnen gibst, weißt, schlussendlich muss ja die Person selber sich helfen lassen. Die Person muss die Veränderung wählen, die Person muss auch mit dir reden. Und wenn es wie nicht anders ist, dann ist das eben mit Eskalation passiert. Dass ich mehrmals probiert zu reden. Dann als Frau willst du noch wie den Mann fixen, in dem Sinne reparieren. Du willst irgendwie den Mann noch heilen. Du siehst ja, das ist ja die wahre Liebe, oder musst du um das kämpfen, oder? Um schwere Zeit durchmachen. Und ich hatte wie das damals das Mindset gehabt, weil ich ihn ja liebe und das Beste will ich ja ihm eigentlich auch Verständnis geben. Es ist auch wegen seinem Trauma. Und ich habe eben, wie das jetzt die linken Politiker machen, so ein bisschen den Täter in den Schutz genommen und also gesagt, ich will ja, dass es ihm gut geht und ich will ihm helfen und alles. Aber irgendwann musste ich wie aufwachen von der Realität und sagen, nein, ich kann ihm nicht helfen. Es ist traurig, ich muss mich wirklich distanzieren, aber oftmals, wenn du dann den Punkt erreicht hast und wirklich offiziell wie komplett distanzieren willst, ist es wie schon ein bisschen zu spät. Und es ist dann wie schwierig, aus dem rauszukommen, wenn du dann eben so einen toxischen Partner hast, der dann dich mega stalkt und alles. Und es ist wirklich, ich kann wie nirgends mehr irgendwie alleine gehen, ohne irgendwie beobachtet zu werden, oder? Und es sind dann schlimme Sachen passiert. Und er hat eigentlich nur damit aufgehört mit dem ganzen Stalking-Terror, nachdem nach der dritten Entführung, nachdem das eigentlich Offizialdelikt wurde. Und dann weisst, sein Anwalt hat ihm wahrscheinlich gesagt, hey, du musst aufhören, weil sonst kann es auch nicht Landesverweis und alles. Ja. Und weisst, nach dem Gerichtsprozess hat er weitergemacht, wäre es für ihn ein riesen Nachteil gewesen, oder? Hast du nie mehr gehört? Nein, er hat auch nach dem Gerichtsverfahren, ich weiss noch, glaube auf TikTok hat er irgendwie mal irgendwo kommentiert bei mir. Auf ein Video? Ja, auf ein Wie hast du gewusst, dass er ist?
weil sein Name dort steht. Aha. Es ist irgendwie so ein Account. Okay. Ja, voll. Und er hat irgendwie so einen neuen Account gemacht. Er hat irgendwie eine Katze oder geholt, oder einen Katzen-Account. Ja, die einen vergessen unten dran den Namen, den Username zu ändern. Ja, nur den Profilnamen ändern. Ja, das ist halt so. Ich habe ihn relativ schnell gecheckt, das ist er wieder. Aber ich habe ihn einfach ignoriert. Yeah. Und eben wieder blockiert. Ich blocke ihn einfach. Was hat er denn geschrieben? Ich weiß nicht mehr, was er geschrieben hat. Er hat einfach kommentiert. Er hat einfach etwas mega Banales kommentiert. Ich habe damals in New York ein Video gemacht, dass ich Mangos gerne habe. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich gebe dir Mangos oder irgend so etwas. Und nachher habe ich nie mehr von ihm eigentlich gehört. Und es ist auch gut so. Aber seit ich eigentlich jetzt diesen Monat gepostet habe, mehr, weißt, so konsistent auf einem politischen Schweizerdeutschen Kanal, hat mich dann auch relativ schnell die Blick-Journalistin dann irgendwie ein virales Video gesehen. Ja. Genau, und dann sie hat gesagt, können wir irgendwie einen Bericht und alles machen. Wie sind sie auf dich gekommen? Ich weiß nicht, ich habe sie gefragt. Wo haben sie dich angeschrieben? Sie hat mir angerufen. Und wo hat sie die Nummer gehabt? Sie hat die Nummer bekommen von jemandem von der SVP, von der Präsidentin von der SVP. Okay. Und anscheinend hat sie gesagt, sie hat das virale Video gesehen mit der Entführungsgeschichte und Vergewaltigung und ob ich offen wäre, über das zu reden. Sie würde gerne einen Bericht schreiben. Und weißt, damals hat es so zwei Gefühle in mich eingelöst. Zum einen bin ich so happy gewesen, das Thema bekommt jetzt wie mehr Aufmerksamkeit und es passt jetzt auch zu dem, was ich jetzt mache, weißt, politische Massnahmen. Aber zum anderen ist es wie auch ein bisschen unangenehm gewesen, weil es ist so das erste Mal, dass ich so im Detail in dem Sinn an die Öffentlichkeit mit dem gehe. Und es gibt dann viele Leute, wo ich dann auch die Videos einfach gemacht habe, die Hate-Kommentare und schon, sogar bei denen. Ich komme jeden Tag Hate-Nachrichten. Ich weiss, aber auch... Was für Hate-Nachrichten kommst du über? Ja, viel auf Facebook und so. Ja, Facebook ist sowieso schlimm. Oh, ja, Facebook. Ich schaue nicht einmal mehr Kommentare da. Also die Leute haben mir auch so geschrieben, so gewisse, vor allem Männer, fast Männer, haben sie geschrieben, ja, du willst nur Mitleid haben, für solche intime Sachen hast du doch Freunde und so, warum gehst du in die Öffentlichkeit mit dem? Und dann gibt es andere Leute, die sagen, ja, du Lügnerin, du erfindest alles, oder bist Aufmerksamkeit. Ja, ich weiss, aber es sind so wieder die Behauptungen. Und egal, was du für gute Absichten hast, weißt, die Leute, die sehen so nur, du weißt es selber, die sehen irgendwie nur so ein Video, nehmen jetzt alles aus dem Kontext und nachher verdreht das und sie wissen wie nicht, weißt, bei mir das öffentlich zu machen, es ist mega schwierig, das zu machen. Ich habe das eigentlich nur das erste Mal öffentlich gemacht, das war eben im 2023, nachdem die Frau, die neue Freundin von ihm geschrieben hat. Ja. Und ich habe dann über die Jahre als Unternehmerin bin ich halt viel gereist um die Welt und ich habe dann immer mehr und mehr so Geschichten gehört von diesen Vergewaltigungen und Belästigungen und so. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist ja voll schlimm. Jede irgendwie vierte Frau macht das durch. Und ich werde die Geschichte jetzt öffentlich machen für so Gewaltopfer. Und aber die Frau war dann der letzte Trigger, wo ich dann gesagt habe, ich mache es öffentlich. Und habe dann auf Englisch ein Video aufgenommen. Und, wieso auf Englisch? Ja, weil ich damals auf Englisch nur gepostet habe. Weil ich habe, bevor ich jetzt auf politisch, weißt, damals bin ich noch gar nicht in der Politik gewesen. Ich habe dann damals einfach auf Englisch Firma, Marketingdienstleistungen angeboten und darum habe ich gesagt... Aber du auch im Ausland das anbietest und genau, so. Also Schweizer Kunden, aber auch, weißt, so USA und alles. Okay. Yeah. Und dann habe ich das einfach gemacht und dann, aber 2023 habe ich dann im Kensington Palace meinen ersten Anlass gemacht über Gewaltprävention. Ich habe dann damals so Organisationen geschrieben, sei das, weißt, vor allem also in England habe ich mir gerade eine gefunden von häuslicher Gewalt. Und haben wir einen Anlass gemacht mit so 40 Leuten, Frauen. Und seit ich das gemacht habe, hat sich das einfach wie automatisch ergeben, dass dann mehr Medien mich gefunden haben und Leute. Und dann bin ich auch volontär, habe ich mich bei Global Peace Chain, das ist auch so eine Organisation von New York gewesen. Und ich habe dann erstmals mit verschiedenen Sachen auseinandergesetzt wie Aufklärung, Präventionsarbeit und so Spenden und also Projekte, wie man so Gewalt verhindern kann. New York, Nepal, Korea. Ich bin überall umreisen und habe auf der Bühne geredet und so. Und irgendwann habe ich mich dann gefragt,
du bist eigentlich in der Schweiz, weißt? Gell, wieso? Ja, Warum die frage ich reist mich du da mal kurz. um die halbe Welt herum? Hauptsache, du gehst auf Nepal. Ja. Aber weißt, wo ist deine Arbeit für die Schweiz? Und da habe ich auch gesagt, Vor allem bei der SVP und so. Ja, ja, voll, damals bin ich nicht in der SVP. Ah, gewesen. darum, okay. Ich bin erst bei der SVP seit 2 Jahren. Ah, okay. 2024. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, ich will jetzt da etwas lokal zurückgeben. Ja. Und damals, weißt, habe ich dann halt auch gesagt, ja, wie kann ich da Gesetze verbessern oder Massnahmen ergreifen. Und irgendwann habe ich dann gecheckt, es hat dann halt schon mit Politik auch zu tun, weißt, wenn so ein System Sachen ändern. Ja. Und dann bin ich ja bei der SVP schnuppern, weil damals ist auch noch eine andere Geschichte. Ich war eigentlich eher SP gewesen. Links. Eben, warum SVP mit Migrationssinn? Ja, voll, weil weißt, das Ding war, damals... Das sind doch alles Rassisten, oder? Ja, das ist mir auch gesagt worden. Ich habe gesagt, ich arbeite mich auch erst selber raus, weil ich Asiatin bin. Aber weißt, das Ding ist, damals, wo ich dann nicht bei der SVP war, habe ich gedacht, ich bin eigentlich eher SP, wenn ich in der Politik wäre. Weil die SP, es tönt doch alles gut, was die machen. Weißt, so, ja, wir wollen mehr Umweltschutz, wir wollen Tierschutz, wir wollen das kostenlos geben. Und wenn, Das tönt schon gut, ja? Ja, wenn es so zulässt, denkst du so, ja, wieso nicht, oder? Ja, jeder will da mehr und mehr das bekommen. Und irgendwann habe ich dann halt auch gecheckt, das geht wie nicht auf, weißt? Es ist ja nicht realitätsnah. Und irgendwann habe ich dann gesagt, die SVP, nachher, ich bin dann schnuppern gegangen in meiner Ortssektion. Ja. Und dann am ersten Tag bin ich eigentlich gerade nominiert worden, gerade in den Vorstand rein. Wie kann man das machen? Ich habe keine Ahnung. Wie kann man da schnuppern? Ich will das gar nicht. Nachher meint es wieder, ich bin SVP. Also, ich bin nicht bei der SVP, ich bin weder links, rechts, ich bin geradeaus. Ja. Nur mal zum Verständnis, weißt du, weil mir sagen jetzt nachher direkt, ich bin Rassist, sagen sie ja sowieso. Okay, kannst du weiterfahren. Ja, Wie kommt voll. man dorthin? Nein, also wenn man Interesse hat bei einer Partei, du kannst einfach die Partei, weißt, so melden, sei das beim Kanton oder Ortspartei, und meistens sind es offen, kannst du an eine Mitgliederversammlung gehen oder Generalversammlung und dann kannst du entscheiden, eben, will ich jetzt weiterhin kommen, will ich Mitglied werden, kannst Fragen stellen, und mit dem Mindset bin ich auch gegangen. Ich habe keine Ahnung, was ich erwarten soll, aber dann ist es einfach so schnell gegangen. Ich habe dann gecheckt, die Leute sind eigentlich mega toll, es passt auch von den Werten her. Und Welche Werte haben dir gefallen? Dort? Was ist das? Ja, was die SVP steht, ist erstens das mit der Eigenverantwortlichkeit. Man macht auch Politik mehr für den Schweizer Bürger. Für mich hat das auch Prioritäten, oder? Man kann nicht die ganze Welt retten. Du musst auch schauen, dass es erst den Schweizer Bürger gut geht und dann den integrierten Ausländer. Und dann, wenn du noch Kapazität hast, hilf gegen raus. Und aber ich sage nicht, ich stimme mit allem überein, was die SVP macht. Es gibt auch Sachen, wo ich sage, da bin ich mir nicht so sicher, oder? Lieber nicht. Aber ich muss sagen, grundsätzlich die Partei, die meine Werte und Sachen am meisten vertritt. Jetzt gerade bei mir aber das mit der Sicherheit. Keine 10 Millionen Schweiz war auch ein Beispiel gewesen. So Sachen. Und auch die SVP, die macht auch bei den Täter-Ding, die wollen einen härteren Strafvollzug, weißt du, gerade so bei Kriminellen. Und die Linken sind wie so ein bisschen weicher. Die sagen wollen so wie mehr Täterschutz. Ja, genau, so ein bisschen in dem Sinn, man muss den verstehen und Täterarbeit und Trauma und so weiter. Und die sagen, wir brauchen mehr Geld für Frauenhäuser und für unsere Opferberatungen. Und das Ding ist, was ich halt mega sehe, gerade bei Themen Sicherheit, alle würden mir zustimmen, egal welche Partei du hast, alle wollen mehr Sicherheit, alle wollen mehr Lebensqualität. Ja, wer will das schon? Aber wie man vorgeht, um Lösungen zu suchen, sind halt anders. Und die Linken, die sind halt viel mehr auf so Investments gebunden. Und die SVP sagt immer, importierte Kriminalität, oder? Mit den Dingen. Und ich glaube, die Lösung meiner Ansicht ist nicht nur eins oder andere, aber ich finde, der Grund, warum ich auch bei der SVP bin und nie bei der Linken sein könnte, ist einfach, dass man einfach schaut und sagt, hey, Kriminelle, man braucht härtere Strafen, man muss da eine Massnahme nehmen, die kommen nicht ins Land. Und das wollen die Linken wie verleugnen. Die dann einfach ihren Kopf in den Sand stecken, oder? Und sagen, ja, nein, das oder, ist nur ein Männerproblem, kein Ausländerproblem. Und ich bin nicht der Meinung, dass man alle Probleme vom Land wegen Ausländern hat. Oder? Das wäre auch falsch zu sagen. Es gibt auch andere Faktoren, die bei Gewalt zählen. Oder? Aber man muss sich einfach beide Seiten anschauen und sagen, hey, langfristig wollen wir ja weniger Frauenhäuser haben, weil wir ja Gewalt reduzieren. Aber bei der Gewaltpräventionarbeit sollte man ja schon voranfangen. Und das heisst, Grenzschutz ist Frauenschutz, aber man muss auch Angebote sichtbar machen, die wir schon im Land haben. Wir brauchen eine bessere Koordination mit den Polizisten, NGOs und den anderen Leuten, die da zusammenarbeiten. Und man muss das wie kombinieren. Und
der Moment, wenn du so ein bisschen die Nuancen machst und sagst, hey, wir brauchen ein bisschen von allem, oder? Das kommt halt wie politisch nicht so pointiert über. Die Leute sind, weißt du, die Leute lieben die Polarisierung. Wenn du einfach sagst, hey, alles ausschaffen, Kriminalität, oder das geht dann halt viral und die Leute merken sich das. Ja, sie sagen halt Oder? manchmal, was hat letztes Mal einer gesagt? Er hat irgend so eine Bezeichnung für Ausländer gehabt, letztes Mal. Nicht das Dreckspack, irgend so etwas. Ja, Gesindel oder so, hast du das nicht gesehen? Das habe ich auch schon, ja. Der heißt, glaube ich, Glarner oder so. Er hat gesagt, ja, das Ja. Gesindel und so, weißt du? Und dann, das heisst so, wie eine, dass die minderwertig sind, so, weißt du? Wenn Ja, man sagt, das so, ich sage das ja als Spass, aber ich wieder so, Ja. das Gesindel und so. Weißt du? Und das, wenn sie das eben sehen, das schadet dann. Das geht dann gerade in die Schiene Rassismus. Und das, was aber von der Linken, was ich nicht checke, immer mit dem Männerproblem, das ist ja, es kommen ja zuerst von einem Kriegsgebiet und so kommen ja immer die Männer da zuerst, um zu schauen, wie es ist, und nachher nehmen sie die Familie da. Meiner Meinung nach hat es dann halt viel mehr Männer halt da. Am Anfang, wo kommen. Und darum ist das eher ein Männerproblem. Oder? Also bei den Vergewaltigungen und so. Wie Aber ist das weißt- eigentlich? Eine Frau, es gibt es ja auch, aber ich habe das nie verstanden. Ja, Ich bei könnte der das nicht Statistik im Fall Wie geht hat man das? gesehen, also, weißt, ich sage Aber wie ja das auch, überhaupt möglich ist, dass eine Frau einen Mann vergewaltigt, vom ja, ich weiß nicht, Akt her und alles. Wie geht das? Das habe ich nie verstanden, aber es gibt Ja, es umgekehrt eben auch. Ja. also ich hatte also zum einen noch bei der Statistik im Fall, klar, bei vielen Fällen sind das schon Männer, die Straftaten begehen, aber man hat auch gesehen, man muss auch schauen, was für Männer. Und unterhalb der Männer siehst du halt die Nationalitäten, Ja. die sehr überrepräsentiert sind. Okay. Und dort geht es dann schon in Rassismus rein. Aber für mich ist es einfach ein neutraler Fakt. Oder? Du musst Ja, es einfach hat auch können- Zahlen und so, ja. Oder musst du Ich das weiss einfach jetzt können nicht, oder? anschauen und dann die Kinder fragen, warum ist das so? Oder? Und dann von dort an andere Bedingungen, die sagen ja auch sozioökonomische Bedingungen und es gibt ja andere Faktoren, warum jemand Gewalt antat. Und ich sage immer so, es spielt keine Rolle, von wo du kommst. Gewalt ist nie tolerierbar. Es kann ja auch ein Schweizer Mann sein, der das macht schlussendlich, oder? Für alle gleiche auch, ja. Regeln, oder? Ja. Aber man hat auch dort gesehen, dass sogar ausländische Frauen mehr Gewalt begehen als Schweizer Männer. Also, Dass aber ich kann ausländische sehen, Frauen mehr Gewalttaten machen als Schweizer Männer. also bei den ausländischen Frauen, wenn man die Kriminalstatistik anschaut, gerade bei häuslicher Gewalt sind es bei 13,2%, also im Jahr Ja. bei dem Bundesamt eben für Statistik. Und dann bei den Schweizer Männern ist das 12,6%. Und zusätzlich kommt es so, wenn wir uns die Gefängnisse anschauen, die Gefängnishäftlinge, die haben 72% davon, die haben keinen Schweizer Pass. Und das zeigt eigentlich auch, wie schon eben die Ausländer repräsentiert sind. Und Ja. unterhalb von denen gibt es auch Leute, die dann einen Migrantenhintergrund haben, aber dann einen Pass haben, schlussendlich. Wie der von Winterthur, oder? Am Bahnhof. Ja, genau. Und dann passiert, und das heisst, es wird wahrscheinlich mehr. Und das Schlimmste ist, dass wir Schweizer dann für die zahlen müssen. Wir haben jetzt schon keinen Platz mehr, weißt, für mehr Gefängnisausbau. Ja, nicht nur die Schweizer, die mit Migrationshintergrund, die da wohnen, müssen ja auch zahlen für die. Ja, weißt du? und das geht dann auf die Kosten von uns. Und dort bin ich auch ganz klar, man muss etwas machen. Man muss auch differenziert schauen, wer sind die Leute, was für einen Hintergrund, wie können wir Vorgestrafte eben nicht, also vermeiden, dass wir sie gar nicht ins Land aufnehmen. Ich finde, solche Leute sollten nicht 1000 Strafen bekommen, 1000 so Chancen in dem Sinn, Ja. oder die Bewährung, sondern Ausländer, die das Straftaten begehen. Ich finde, die müssen rausgehen, ausschaffen, deportieren. Und wenn es ein Schweizer ist, dann haben sie, weißt, die Linken haben auch gesagt, wie kannst du sagen, deportieren und bei den Schweizer Männern da bleiben? Und ich so, ja, ein Schweizer ist ein Schweizer. Du kannst nicht so, weißt, einfach einen Schweizer rausschaffen und Ja, dann das geht irgendwo nicht. Ich sehe es immer irgendwie mit Brian abstellen. Keller, oder? Weißt du, wer der Brian Keller ist? Ja, ich Der habe berühmteste Häftling von der Ja. Schweiz. Und sie sagen, sie schreiben ihm immer, er soll wenn gehst du endlich ins Ausland, er ist ausgeschafft, aber er ist halb Schweizer, er heißt Keller, sein Vater ist Schweizer. Das ist so, aber Wenn sie ihn ausschaffen, das macht gar keinen Sinn. darum sage ich ja, bei den Ausländern, wo du kannst ausschaffen, die sollen da ausgeschafft werden. Dann kommen dann aber ein andere Problem, weißt, wo man dann sagt, ja, das Land, dort ist Krieg oder unsicher und so. Und dann gibt es eben andere Sachen, wo man dann sagt, man kann den Typ nicht ausschaffen. Dein Aber, Ex zum Beispiel, oder? ja, Er hat keinen Schweizer Pass. Oder? das weiß ich gar nicht. Aber Das weisst ich du. glaube, so viel ich weiß, ist er Wahrscheinlich sogar nicht. als Flüchtling gekommen.
Und der Beam ist ja, das ist zu wenig schlimm, was er gemacht hat. Also auf dem Papier zu wenig schlimm, was er gemacht hat. Ja, genau. Und dann eben, ich finde, er hätte eventuell ausgeschafft werden, hat jetzt zum Beispiel die Frau nach mir, wäre sie vielleicht zur Polizei gegangen, weil dann wäre es wie so ein bisschen zu viel, weil ich habe eigentlich wie so ein bisschen vorgeschafft in dem und gesagt, hey, er hat das und das und das gemacht und sie wäre wie so der letzte Tropfen gewesen, den es noch gebraucht hätte. Aber eben, sie hat es dann nicht gemacht. Ich will jetzt irgendwie auch nicht sagen, aber es ist voll ihre Schuld. Aber es zeigt, wir haben auch ein Problem und das ist eben das Problem auch bei den Statistiken. Die Leute gehen wie davon aus, wenn wir bei der Gewaltstatistik weniger registrierte Leute haben, dass wir wie weniger Gewalt haben. Aber das bedeutet auch andererseits, dass die Leute einfach wenig zur Polizei gehen, weil eben nur 8% der Sexualopfer die gehen auch wirklich zur Polizei. Ja, weil sie Angst haben, ja. Und dann bei häuslicher Gewalt sind es etwa 10-22%, die dann zur Polizei gehen. Und der Rest, du hörst nie von denen. Du weißt nie, was die durchmachen. Und dann eben, ich werde noch zurück zu deiner Frage gehen. Du hast ja noch vorher gesagt, wie kann eigentlich ein Mann vergewaltigt werden? Genau, das habe ich die ganze Zeit das im Kopf. Ehrlich gesagt, ich habe das selber nicht erlebt, ich kann es dir nicht sagen. Aber ich weiss einfach von Männern, die mal das durchgemacht haben. Ich habe damals auch in Amerika so einen Typ getroffen und er hat gesagt, eine Frau hat ihn vergewaltigt. Und da habe ich auch gesagt, eben, ist sie trans gewesen? Ja, keine Ahnung. Heutzutage kann es eben so sein, ohne keine, wie sagt man auf Deutsch, kein Angriff, keine Diskriminierung für Trans. Ja, das ist so, aber ein Trans hat wahrscheinlich mehr Kraft. Weißt du, wenn es ein biologischer Mann ist. Und auch eben das Geschlechtsteil, das die andere nicht hat. Aber, aber es gibt die Fälle. Ich habe auch schon in den Medien so gesehen, dass, oder so ein Reel auf Instagram habe ich mal gesehen, wo einer so, er war verdunkelt, man hat ihn nicht gesehen und er hat dann geredet, eben, dass er häusliche Gewalt erlebt hat und so, die von seiner Frau. Nein, das gibt es schon. Und ich kann dir sagen, also zum einen, was ich gehört habe, ist, dass gerade bei häuslicher Gewalt teilweise geben die Frauen in den Mann Drogen. Und weißt du, sie irgendwie halb verrückt machen und dann einfach ins Bett ziehen und Sachen machen, was dann eben zum Beispiel der Mann wie nicht sich ganz bewusst ist. Oder dass man ganz viel Alkohol gibt oder Sachen eben ins Alkohol auch tut. Das zum einen. Und dann, es gibt Frauen, die sind halt mega brutal. Die tun wirklich den Mann anschälen, alles. Und, ja, aber wenn er wieder zu sich kommt und so, weißt du? Ja, es ist schon schwierig, aber ich glaube meistens, so viel ich weiss, jetzt auch bei dem einen Mann, wo ich damals zugelassen habe in Amerika, er hat auch gesagt, dass die Frau ihm wie etwas gegeben hat. Und ihm ist es wie trümmelig geworden und alles. Ja, aber das checkst du nachher, nach dem zweiten, dritten Mal, oder? Also, der, den ich eben gesehen habe, das Reel, der hat eben erzählt, dass über Jahre sie ihn eben sexuell missbraucht hat und so weiter. Aber das gibt es auch vor allem, weißt, das ist eben das Ding, gerade bei häuslicher Gewalt ist das so komplex, weil man probiert so logisch zu denken und zu sagen, Frau, Mann, du sagst einfach nein oder gehst weg. Und es ist eben nicht so schwarz-weiß auf Papier und chronologisch so super, weil dort sind die Emotionen und dann wirst du noch bedroht und dann zum einen liebst du die Person noch, aber dann irgendwie willst du dann wieder weggehen. Und das sind dann, weißt, das habe ich auch gehabt mit dem Ex, dass wir so eine toxische Beziehung hatten, dass zum einen Teil, weil mit einer Mann schon etwas gehabt hast, hast du dann die tiefe, wie sagt man, so eine Bond, so eine Connection oder, zu dieser Person. Und es gibt wirklich einen Teil, wo du wirklich sagst, oh, ich liebe ihn immer noch und alles, obwohl er eigentlich nicht gut ist für mich. Und dann willst du wie von dem weggehen, aber die Person kennt ja deine Schwachstellen und Sachen, oder? Und dann probiert ihr, wie das gut auszunehmen und wird dann wieder sagen, hey, es tut mir leid und wir können wieder zusammen sein und dann hast du wieder Geschlechtsverkehr und alles, mit Konsens zum Beispiel. Und nachher fährt wieder dann, nach der nächsten Stunde fährt dann wieder eben der Missbrauch an, wo er dann irgendwie dich schlägt und du bist dann wieder die Bitch und alles. Und dann nach einer Stunde hast du wieder Geschlechtsverkehr. Also weißt, es ist so toxisch und es ist wie, vor allem wenn du nicht weißt, was ist eine gesunde Beziehung, was ist mein Selbstwert und vor allem wenn du dann allein bist und dann wie noch niemand hast und dann isoliert bist, es macht es viel noch schwieriger. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zum Teil, wie kann man so etwas verhindern? Klar gibt es viele Massnahmen, Strukturen, die du machen kannst, wenn du in dieser Situation bist, aber nur schon, dass du nicht mal in eine toxische Beziehung kommst. Ich kann einfach für mich reden, ich kann mich voll intern wie müssen heilen, dass ich wie so sage, warum
habe ich plötzlich so toxische, so Beziehungen gehabt. Und ich glaube, zum einen habe ich auch bei den Leuten beobachtet, die irgendwie nie einen Vater hatten. Jetzt wie in meinem Fall, dass wenn du nie eine maskuline Figur daheim gehabt hast. Also war Stiefvater, das schon gehabt, oder nicht? Genau, ja, aber er ist ja dann nachher auch weg, weil meine Mami hat dann, die haben dann wieder Scheidung gehabt, weil eben, ich bin damals zwar in Korea geboren, aber mein echter Vater, der hat auch viele Probleme gehabt und seit er 13 war, war irgendwie auf der Straße und alles und Casinosüchtig und mega traurige Sachen, wo ich auch Sachen nicht alles weiss. Und meine Mami hat auch gesagt, entweder ist dein Vater vielleicht im Gefängnis oder er lebt nicht mehr, er ist vielleicht umgebracht worden. In Australien ist es sogar als The Wanted, also wirklich gesucht worden. Und alles. Ja. Und meine Mami hat auch viel probiert, ihm zu helfen und es ist nicht gegangen. Er hat dann auch Sachen verkauft, das ganze Vermögen, wo meine Mami jahrelang mit ihm hart so gearbeitet hat, alles weg mit Casino. Und dann sind wir dann in die Schweiz gekommen und dann auch, meine Mami hat dann eben einen Schweizer Mann geheiratet. Darum bin ich als Kind einfach mitgegangen und dann da aufgewachsen. Aber auch da hat es schlimme Sachen daheim gegeben. Jetzt, ohne ins Details gehen, es hat auch Gewalt gegeben und Sachen, wo meine Mami dann immer gebrüllt hat. Sie ist dann auch schwer krank geworden über Jahre. Und ich bin wie so schon aufgewachsen, dass ich wie nicht gewusst habe, wie ist das gesunde Verhältnis zwischen Tochter und Vater schon. Okay, und dann wie bei den Beziehungen. Und nachher, ich hatte das Muster auch bei anderen Frauen gesehen, die dann mega die toxische Beziehungen durchmachen, wo dann irgendwie die Eltern scheiden oder irgendetwas, wo dann bei der Erziehung anders läuft. Und dort habe ich irgendwann einfach gesagt, ich muss heilen, die Muster, die ich immer durchmache, auch ein bisschen anschauen. Und erst nachdem ich auch gesagt habe, aber ich will in dem Sinne keinen Freund, keinen Mann haben, ich will auf mich selber fokussieren, auf meine Träume, auf die Zukunft und alles, Eigenverantwortung übernehmen. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich dann in 2021, damals jetzt meinen Mann, aber damals meinen Freund getroffen habe, der Neu. Und er ist dann komplett ein anderer Typ gsi, wo ich weiß auch nicht, er war so nicht toxisch gsi, er ist nicht gewalttätig gsi, er hat mich noch nie in diesen 5 Jahren, mich geschlagen oder irgendwie wörtlich mich beschimpft und so. Und am Anfang der Beziehung ist es wie so viel Frieden gsi, dass ich mich gefragt habe, was ist da falsch? Und ich bin eigentlich die, die dann angefangen hat, Streit zu suchen, unnötig, weil es ist mir einfach zu ruhig gsi. Und ich bin so lange in dem Survival-Mode gsi, wo du jeden Tag wie musst kämpfen, weißt, jeden Tag auch beim Stiefvater, ich muss meine Mami schützen, ich muss meine kleine Schwester beschützen, ich muss mich wehren, jeden Tag habe ich auch gebrüllt immer, weißt, in den alten Beziehungen und so. Und ich bin wie auf die andere Seite rausgekommen und habe gesehen, oh, das ist eine gesunde Beziehung. Oh, das, weißt, die Interaktion, das ist normal. Dein Nervensystem muss nicht immer im Flight-or-Mode sein. Du kannst auch dich beruhigen, oder? Und kommunizieren und so und dich sicher fühlen. Und das habe ich wie alles neu lernen. Und ich finde das teilweise wie noch schwieriger als sogar die Tatsache selber, dass ich vergewaltigt worden bin. Klar ist das mega in dem Moment dramatisierend gewesen, aber ich finde, schlimmer ist nachher der Prozess gewesen, in die neue Beziehungen zu kommen, weil dort kommt der ganze Shit wieder rauf. Eben, hast du ihm das nachher, wann hast du ihm das gesagt? Er weiß es ja sicher, oder? Aber er versteht, glaube ich, nicht so gut Deutsch. Nein, aber er versteht schon, oder? Du hast ja vorher gesagt, er ist am Lernen, weil er wohnt ja in der französischen Schweiz. Aber wie hast du ihm das nachher, wie ist er damit umgegangen? So? Ja, ich habe das eigentlich relativ schnell gesagt. Also, wir haben uns damals in Luzern getroffen, das erste Mal. Liebe auf den ersten Blick, ich habe damals sein Profilbild nicht mal gesehen. Yeah. Und nachher in 3 Sekunden, wo ich ihn gesehen habe am Kiosk, hat mein Gehirn gesagt, das ist dein Ehemann. Und jetzt sind wir wirklich zusammengekommen. Und irgendwann, in der Nacht, wo wir dann zusammen waren, ich habe dann ihm gesagt, hey, im Fall einfach, dass du es weißt, weil wir haben irgendwie von Beziehungen und so schon geredet. Und ich habe ihm gesagt, dass mir das passiert ist mit der Vergewaltigung, Entführung und alles. Dort hast du noch nichts von dem gepostet oder so, oder? Das war vorher, 2021 und 2023. Ja, voll. Ich habe das noch nicht so öffentlich gepostet. Das habe ich einfach zu ihm so gesagt. Und wir haben auch mega offen über alles reden, von Spiritualität, von Beziehung und alles. Und ich bin halt jemand, also auch bei Dates und so, ich bin einfach ein ehrlicher Mensch. Weißt, ich gehe eigentlich eher raus und Männer warnen.
Weißt du, so, hey, bist du sicher, dass mit mir zusammen sein? Ich meine, ich bin sehr eine intensive Frau in allem, was ich mache und das sind meine Nachteile eigentlich. Also ich will es eigentlich voll klar machen, für was ich stehe, für was nicht und all das. Und ich kann ihm auch auf der anderen Seite ja, nicht Angst einjagen, aber einfach klarstellen, von wo ich komme, warum ich so bin, wie ich bin und so. Und er hat es eigentlich mega gut verstanden. Er hat mich nicht beurteilt. Er hat seit dem ersten Tag immer das Gefühl gehabt, ich kann ihm alles sagen. Yeah. Und ich glaube, es ist auch bei vielen so, wenn ich meine Geschichte so teile, dass die Leute nicht wissen, was dazu sagen, weil das schockierend ist und so. Aber über die Jahre, ich muss sagen, die ersten 2 Jahre und so mit ihm ist irgendwie voll, wie sagen wir, mega schön gewesen und wir haben nicht so viel in dem Sinne, weißt, so Diskussionen und alles gehabt. Dann 2023 sind wir zusammengezügelt. Damals in Winterthur haben wir eine kurze Zeit gewohnt und dort ist der ganze Shit aufgekommen. Also das ganze Trauma, weil ich bin eben immer schon gewesen, nach 2019 habe ich so gedacht, weißt, positiv weiterleben. Ich bin halt immer eine Frau, einfach weitermachen, oder? Darum habe ich auch mit meinem Trauma in dem Sinn indirekt, ich glaube, auch so viel Resilienz gehabt, schnell alles aufbauen, weißt, mit dem Business Geld machen, auf eigenständig sein, meine Mami zu helfen und alles. Aber irgendwann, wenn es nicht verarbeitet ist, das kommt halt auf. Und dann, gerade bei der Beziehung, als wir zusammengezügelt sind, 2023, habe ich also ganz viel Schlimmes durchgemacht. Ich habe wirklich sehr viel brüllen. Ich habe ihm dann oft, weißt, so weg, also weißt, so distanziert und gesagt, hey, ich kann doch nicht mit dir zusammen sein. Und dann kommt die Angst rein, ich kann ihm nicht vertrauen und all diese Sachen. Und weißt, das hat nichts mit ihm indirekt so zu tun gehabt, weil er nicht ein guter Partner war, sondern ich glaube auch viel mit mir, dass ich das Vertrauen nicht hatte. Und dann klar, dann in den Beziehungen, weißt, kennst du es auch selber, gibt es ja viel Kommunikation, teilweise Probleme oder Missverständnisse. Das kann ja in jeder Beziehung passieren, unabhängig. Oder? Ja. Dadurch hat es sicher auch Sachen zwischenmenschlich gehabt, oder, wo er auch nicht perfekt ist, wo ich nicht perfekt bin, wo wir zusammen verbessern haben müssen. Aber ich glaube, grossenteils von dieser Angst ist auch von meiner Seite gekommen. Und ich hatte dann wie auch Angst gehabt, ja, was, wenn das wieder so, weißt, passiert, oder was, wenn ich halt so den Unabhängigkeit gehabt, dass ich wie gesagt habe, ich kann mich nicht auf einen Mann verlassen. Ich muss selber verdienen, ich muss selber zahlen, auf mich schauen, weil gerade bei so Gewalt weisst nie, was, wenn er fremd geht eines Tages, was, wenn ich ihn heirate und dann er wieder etwas anderes hat und mich verheimlicht, wie jetzt bei einem anderen. Und das hat mega die Zeit gebraucht und was mir schlussendlich geholfen hat, das zu heilen und jetzt 2026 verheiratet, für mich persönlich ist das mein Glaube zu Gott. Die Leute glauben vielleicht nicht an Gott, aber für mich hat das damals mega geholfen, weil ich bin christlich zwar aufgewachsen in einer Familie, aber ich habe nie mich wirklich, weißt, mit Jesus, mit Bibel oder Sachen auseinandergesetzt. Und meine Mami hat dann gesagt, in dieser schlimmen Zeit, wo ich wirklich mein Leben haben wollte, nicht weitermachen konnte, hat sie gesagt, hey, Asin, komm mit Kirche mal. Was genau für Religion hast du? Christlich. Also katholisch evangelisch, oder? Evangelisch, genau. Okay. Also ich bin auch damals die katholische Kirche manchmal gegangen, aber eben evangelisch eher. Und ich bin dann dort hingegangen, Kirche, habe dann zugelassen und ich habe dann mega gemerkt, dass nach jedem Besuch, auch in der Kirche und vor allem, wenn ich die Bibel gelesen habe, dass es sich mega in mir so verändert hat. Ich habe mega die Wärme gespürt. Und irgendwann habe ich in 2023 gesagt, ich werde mein Leben an Jesus geben und dass er eigentlich mich heilt und ich habe mega für das gebetet, weil damals habe ich halt viel, wie sagt man denn, mit Selbsthilfebüchern, Podcast-Bücher, so Sachen halt wie Mindfulness. Schnell bis zum Psychologen und so, auch Psychiater, Psychologe? Ja, das auch. Das ist aber die andere Frage, ob es effizient war. Ja, hast du auch Medis bekommen? Medis habe ich nicht bekommen. Ich hätte, aber ich bin nie wirklich so ein Fan gewesen. Ich bin dann einfach damals zu einem Psychologen gegangen. Nicht Psychiater, weil Psychiater kann der Psychiater, genau. Und die haben dann, ich hatte ein paar Sessionen gehabt und ich muss sagen, beim einen hat es mir gar nicht geholfen. Es war einfach nochmal traumatisierend, weißt, alles erzählen. Und es ist wie nicht passiert. Also weißt, es hat mir wie nicht geholfen, aus dem jetzt besser Leben. Ich musste gehen, wegen bei Corona, wenn sie nicht gewusst haben, sie nachher immer gesagt, sie sei psychisch und so. Und die Psychiater, wo ich war, die haben selber einen Schaden gehabt. Ich sage dir ehrlich. Also der eine hat mich etwa 4 Mal gefragt, weil wir unten dran ein Restaurant hatten und oben von meinem Vater ein Restaurant gehabt, und oben war der Psychiater. Und jedes Mal bin ich zu ihm rauf. Und jedes Mal hat er mich wieder genau das Gleiche gefragt. Ich habe genau gewusst, jetzt fragt er wieder das Gleiche. Ist das die Kellnerin und ist das ihre Freundin? Ich so, nein, ist nicht meine Freundin. Und nachher wieder. Und jede Sitzung
Ja, brauche ich den Psychiater oder nicht? Aber die einen Psychiater musst du wirklich einen guten finden. Ja, musst du einen guten finden, wo vor allem wirklich solche, weil die verschreiben der Medis. Der Psychiater kann der Medis verschreiben. Nein, aber weißt, das hat sich für mich auch falsch angefühlt, dass man so sagt, hey, du hast Depression oder du hast das gemacht, ja, schluckst die Pille, weißt, Magic Pill und dann Voll, das ist gut oder erzählst wieder mal, oder? Du bist dort, musst wieder stundenlang erzählen, braucht Energie, Zeit, Aufwand, alles. Und das Schlimmste ist, ich sage ja nicht, dass alle Leute das durchgemacht werden muss, aber das Ding ist, du verstehst das wie nicht in die Tiefe, wenn du halt das Erlebnis nicht gehabt hast. Genau. Darum ist es halt anders, wenn du ein Drogenabhängiger bist. Du solltest eigentlich zu jemandem sprechen, wo ehemalig wo aufgehört hat. Ich habe zum Beispiel jahrelang gekifft. Wenn ich kann besser Tipps geben jemandem als irgendeine Suchtprävention, wo irgendjemand das nur gelernt hat und er hat keine Ahnung, was das ist. Aber ich habe 10, 15 Jahre gekifft, weißt? Ich weiß ganz genau, was es ist. Und die zwei sind ja da gewesen, die gekokst haben. Ich habe das viel informativer gefunden für Leute, die aufhören mit Koks. Sie sind in dem Prozess drin, wo sie aufhören, weißt? Ja, ich glaube, der eine hat jetzt wieder einen Rückfall. Ich weiß nicht, Messi, falls du es siehst. Meld dich. Ja, nein, aber mega gut, dass damit hast können. Also jetzt im Fall geht es dir wieder gut, du hast nicht mehr den Ja, kannst du 2018 nicht gekifft. Das letzte Zug habe ich das mal gehabt. Ja. Das ist super. Ja, aber das ist es eben. Ich finde, es macht auch Sinn, dass du zum Beispiel eben über die Sachen wie besser kannst Tipps geben, wenn es natürlich genau, gemacht du hast. Kannst ja viel besser das. Und aus diesem Grund kann ich es ja eben, das ist auch der Grund, warum ich auch in die Öffentlichkeit gehe. Weißt? Ich brauche die Aufmerksamkeit nicht. Für mich würde ich einfach meine Aufmerksamkeit einfach in mein Geschäft stecken, wäre es für mich eigentlich viel wertvoller in dem Sinn, würde man auch viel mehr, weißt, sagt das Geld oder du hast jetzt auch null von dem erzählt, alles. Was du, weißt, vom beruflichen, dass du da etwas willst verkaufen, einen Kurs oder etwas, gar nicht. Also überhaupt nicht. Ja, weißt du, weil die einen kommen dann wegen dem und machen das gibt's. Ja. Weißt du, was ich meine? Aber eben, es geht wirklich, wie können wir jetzt, weißt, auf die Lösungen schauen, auf die Sachen, dass die Leute irgendwie mehr Aufklärung haben, weil ich glaube, auch gerade bei vielen eben, das geht auch ein bisschen zurück, ist auch gewesen, dass deine Identität, dass du das Gefühl hast, meine Identität ist das, was die Leute über mich sagen. Die Leute leben auch sehr viel nach den Erwartungen von anderen Leuten. Das Low Self-Esteem, so ein bisschen das People-Pleasing, du kannst wie nicht Nein sagen. Die Politik ist gerade interessant, das musst du überall beobachten. Du weißt, weil dort geht es auch um sozialen Status, was ist dein Hintergrund, wer kennt wer und die Leute stecken ihre Identität in ein Auto stecken, ins Geld, Vermögen, Influencer sind bei den Followers, Engagement, Likes und du machst dich damit so wahnsinnig, wenn so deine Identität all die Metrics sind. Und ich habe wie auch über die letzten paar Jahre voll lernen, meine Identität stabilisieren, weil bevor ich Jesus eigentlich gekannt habe, habe ich auch schon einen gewissen Erfolg mit meinem Geschäftlichen. Weißt? Ich habe dort auch schon meine 6-stelligen monatlichen Beträge gemacht, habe gut von dem leben und all das. Und habe Awards bekommen, Auszeichnungen in Dubai und so weiter. Schon, was für Awards? Das war ein Best Business Mentor 2023 bei Global Women Leadership Awards. Yeah. Und damals konnte ich auch so eine Form ausfüllen und sagen, in welcher Kategorie du bist, in der Industrie. Und dann, was du für Resultate hast. Also, weißt, so Kundengewinn, deine eigenen Resultate. Und aber die haben mich gewählt in dieser Kategorie und gesagt, aber das hat uns beeindruckt. Das ist ein sechsstelliger, hast du vorgesagt. Genau, 2021 habe ich meinen ersten 6-stelligen Monatbetrag gemacht als Beraterin, Coach im Bereich von Business-Strategie, Marketing. Und genau, von dem Moment habe ich auch mega... Und übrigens, ich komme nicht von viel Geld. Das ist dann auch ein anderer Punkt, weil die Leute sagen immer... Fragst mit höher es ist so... Weißt du, die Leute sagen dann immer so, ja, nicht alle haben so die gleichen Möglichkeiten wie du und so rich Asian Girl und so. Und ich muss dann immer sagen, nein Leute, bei mir war es gerade das Gegenteil. Meine Mama war alleinerziehend. Wir hatten Financial Struggles, also weißt du, so Schwierigkeiten gehabt. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich in Business reingegangen bin. Ich wollte meine Mami unterstützen, finanziell. Ich wollte selber für mich auch Träume aufbauen. Und darum bin ich auch in 6-stellige Schulden zuerst gekommen. Ich habe so viel investiert in Coaches, in Mentoren, in Leute, die das schon erfolgreich gemacht haben. Und irgendwann hat sich das wie ausgezahlt, oder? Und dann bin ich all in gegangen, hatte einen Mentor, habe alles implementiert. Und dann habe ich die ersten 5'000
5'000 Franken gehabt, weißt, wo er kommt, und dann 10'000 und dann in einer Masterclass habe ich dann die ersten 43'000 gemacht in 90 Minuten. Das hat mich dann mega geschockt gehabt, weil wenn du dann die ganze Zeit Schulden gehabt hast und du kannst nur Survival und dann von einem Tag machst du irgendwie so eine 10'000er, es war ein mega krasser Kontrast gewesen. Und dann mit dem kommt aber auch ein gewisses Ego, und das Ego ist dann wie so, hey, ich muss weitermachen, weißt, mehr machen, mehr Geld und mehr Fame, mehr das, und ich bin wieder das ein bisschen auch reingerutscht und ich bin immer davon ausgegangen, jetzt geht es ja mir gut, jetzt bin ich geheilt, jetzt geht das Leben weiter, und dann ist aber alles wieder ein bisschen zurückgefallen. Und das war damals eben 2023, gesagt, dass auch Beziehungen, dass die Vergangenheit aufkommt, meine Ängste, und ich bin dann auch noch chronisch krank geworden. Das ist auch noch eine andere Geschichte. 2023, 2024. Ich konnte nicht mehr aus dem Bett plötzlich. Ich hatte so viele Allergien. Ich konnte fast nichts mehr essen. Ich hatte immer chronische Müdigkeit, Hautekzema über das Gesicht, Kopfhaut und alles. Und das so viele Sachen durchgemacht. Und all das hat sich dann eben geführt, sei das jetzt von dem Trauma, von der Gewalt, sei das meine chronische Krankheit, sei das mit finanziellen Sachen. Es hat mich alles zurückgeführt auf nachher Jesus, wo ich dann gesagt habe, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, bitte zeig das mir, bitte heil mich und führe mich, weil mir geht es wie nicht gut. Auch wenn ich mehr Geld gemacht habe, ist es mir nicht immer so super gegangen. Klar, besser als komplett broke. Kannst du besser schlafen, oder? Ja, voll, das ist so. Finanziell hast du halt auch mentale Gesundheit, die am Arsch ist. Das ist so. Aber weißt, es sind dann viele Sachen. Und dann, wo ich dann krank geworden bin, ist es dann auch schwieriger gewesen, wie Geld zu machen. Weil du bist ja nicht fit, oder? Und dann willst du ja dann nicht noch mehr Kunden suchen. Und ich habe dann einfach das Minimum gehalten, um in dem Sinn, weißt, durchzukommen und alles. Und ich habe dann auch gelernt, im Business nachhaltig zu bauen. Das Ziel ist ja nicht, dass du dann einmal sechsstellig machst und dann im nächsten Monat ist wieder nichts. Du musst auch wieder ein System bauen. Du musst dann haben, hast auch monthly recurring, dass da monatlich etwas regelmäßig reinkommt. Und jetzt habe ich über die Jahre das wie neu gebaut, also vom Businessmodell her, wie ich vorgehe, was sind jetzt meine Standards, wer sind meine Kunden, wer will ich nicht als Kunde haben, und das wie für mich definiert. Und seitdem, zum Glück geht es mir heute wieder gut. Ich habe schlussendlich geheilt von einer Kombination von der Ernährung. Ich habe dann nachher herausgefunden, dass ich Gluten-Weizenallergie habe. Wie hast du das herausgefunden? Test? Ja, jein. Es war schon ein Test, aber ich wäre ja auch nicht so aus dem Nichts auf die Idee gekommen, einen Test zu machen. Yeah. Ich weiss noch, ich habe mega gebrüllt und ich weiss noch, ich habe mega gebetet und ich habe gesagt, Gott, zeig mir das, was ist mein Problem, warum ich krank bin. Und es war so krass. Den nächsten Tag bin ich Pizza essen mit meinem Freund. Und dann nach dem Pizza-Essen sind meine Beine komplett rot geworden. Rot? So Ekzema, weißt, so, es hat mich gebissen, alles. Yeah. Und nachher bin ich so heimgegangen, ich so, was ist das? Und dann habe ich dann halt wie so gegoogelt, weißt, so rote Stellen am Bein und so. Ja, jetzt kannst du einfach von ChatGPT machen. Ja, voll, das ist auch viel besser, oder? Ja. Und damals haben sie auch gesagt, ja, Allergien und so. Da habe ich auch überlegt. Und plötzlich ist mir das Stichwort Gluten in den Sinn gekommen. Gluten, Weizen. Dann habe ich angefangen zu googeln. Und dann habe ich dann darauf auch einen Test gemacht beim Arzt. Und nur schon, dass ich mit Gluten-Weizen aufgehört habe, hat ihm von 80% von all meinen Symptomen gerade aus dem Fenster geworfen. Krass, ja, beim Restaurant ist das mega gut gelaufen. Glutenfreie Teigwaren, glutenfreie Pizza und so. Ja. Es haben sehr viele Leute bestellt. Ich habe am Anfang gesagt, es ist doch niemand dazu. Ja. Das ist schon sehr viel, ja. Ja, es hat mehr und mehr. Und eben, das hat geholfen und dann auch Medical Medium. Er hat mir wirklich das Leben gerettet. Medical Medium. Ich habe dann Celery Juice getrunken und so Heavy Metal Detox, weil viele Leute, die jetzt heute auch krank sind, 99% der Krankheiten kommen von einem geschwächten Immunsystem. Ja. Und das geschwächte Immunsystem kommt auch oft voll von diesen Giftstoffen, Toxins. Das ist dann in der Luft, in der Ernährung, auch Supermarktfood, weißt du, Coop, Migros. Leider, wenn du gesund bist, checkst du das halt nicht, weil dann geht es dir halt gut, du isst alles. Voll. Aber wenn du schwach bist, dann siehst du halt auch bei vielen Ernährungsmitteln, dass es so Kunststoff drin hat, künstliche, weißt, Artificials und alles. Und auch so Öl und Sachen, wo sogar noch schlimmer ist als eigentlich der Zucker. Und über all die Jahre, weißt, wo ich so gehasst habe, Business, ich bin teilweise 3 am Morgen, 4 am Morgen ins Bett gegangen, habe mir 3 Energy Drinks reingezogen, Kaffee getrunken. Ich bin einfach auf Adrenalin gewesen, oder? Für mich ist einfach auf Machen gegangen.
gegangen. Und irgendwann gibt einfach der Körper nach und sagt Stopp. Weißt, ich Voll. kann es mir jetzt nicht erklären, dass es nur wegen dem ist. Es kann auch natürlich andere Sachen sein. Ich bin auch damals in Nepal, bin ich auch da ins Spital gekommen. In New York bin ich auch halb vergiftet, fast gestorben. Was? Das ist, Wegen? ja, ich bin dort eben für so Konferenzen und so. Und dann jetzt eben zum Beispiel in Nepal hatte ich dann 3 Parasiten gehabt. Was für Parasiten? 3 Parasiten, weißt du? Ah, 3 Parasiten? 3 Parasiten, ja. Weil ich habe in Nepal zwar 5-Sterne-Hotel alles, Ja, aber das Wasser, ich bin auch mal in weißt Dings fast gestorben. versucht. Wie heisst Tunesien. Wegen Wasser, oder was? Ja, wahrscheinlich. Nein, es war schlimm. Ich habe nachher den Durchfall bekommen. Ich habe dort die ganze Zeit keine Stärke mehr. Ich weiss noch, ich war so in einem Restaurant mit so einem Typ, den ich dort kennengelernt habe, in Nepal, der mir so umzeigt. Und ich krache dann im Badzimmer zusammen. Ich konnte nicht mehr aufstehen im Badzimmer. Ja. Und nachher bin ich noch so halb rausgekommen aus der Tür und dann gerade Notfallding gegangen in Nepal. Und dann haben sie auch herausgefunden, dass ich so Parasiten habe, mein Blutdruck mega niedrig und alles. Und seitdem im Fall bin ich wie nicht mehr ganz zurückgekommen, weißt, von der Gesundheit. Also weißt, ich bin wie gesundheitlich seitdem mega geschädigt gewesen. Und dann halt auch in New York, das sind dann aber nicht Parasiten gewesen, sondern ich hatte einfach über die Jahre mega viele so Infektionen gehabt, verschiedene. Und irgendwann habe ich mich gefragt, hey Asen, du bist das ganze Leben immer gesund gewesen, hast alles können essen, Pizza, Kebab, alles. Und von einem auf den anderen Tag bist du allergisch irgendwie auf die Nüsse, du kannst nicht mehr Pizza essen, kein Spaghetti, nichts mehr. Und jedes Mal hast du irgendwie Monat auch bei der Periode und so. Ich kann fast jedes Mal zum Spital müssen. Tja, Ich hatte so Schmerzen gehabt, weißt? Und ich bin jemand, ich halte es relativ gut aus. Ja. Ich habe gute Toleranz in dem Sinn. Aber es war so übertrieben gewesen, dass man auch einmal mit meinen Allergien und auch mit den Schmerzen und alles, hat sogar Ambulanz müssen zu uns heimkommen, nach Urdorf und alles. Ja. Und ich habe dann wie auch nach so vielen Arztspezialisten so frustrierend gewesen. Ich habe jeden Tag gebrüllt und gesagt, hey, ich kann meine Träume aufgeben. Ich meine, meine Gesundheit ist so am Anschlag, ich kann nichts mehr machen. Und ich habe damals auch sogar Schluss machen mit meinem Freund. Ich habe wie das Gefühl gehabt, Ja, jetzt hast du. genau, weil ich habe wie Angst gehabt, dass ich wie zu schwierig bin, zu kompliziert, die Probleme mitbringe. Jede Frau ist kompliziert, meiner Meinung nach. Das ist ein anderes Ding. Ja, Teilweise. Nicht immer. Und all diese Sachen, oder? Und dann irgendwann, er war dann aber immer bei meiner Seite gewesen, oder? Und hat gesagt, nein, wir finden einen Weg, eine Lösung und alles. Und ich bin dann eben eines Tages eben auf das mit Allergie gekommen, dass ich das habe, Gluten weg, Weizen weg aus der Diät. Und dann habe ich den Medical Medium gesehen. Das ist ein Typ, der nicht ein offizieller Arzt ist, aber er redet sehr viel von Celery Juice und Heavy Metal Detox. Als Medium von Medizin. Genau, Heisst also das seine Marke, übersetzt? soziale Medien, er nennt sich Medical Medium. Ah, so, Mensch. Genau. Und er hat mega viel so, Sachen, die nicht medizinisch sind, sondern einfach von der Ernährung her, wo du kannst umstellen. Das heisst, Leute, die sogar ADHSD haben, wie zum Beispiel jetzt mein Mann, oder? Er hat auch so das Problem gehabt mit der Konzentrationsstörung. Ja, und alles. Ernährung macht viel, ja. Und eben Ekzema, das ich hatte. Und ich habe wirklich das Before und After zeigen bei Fotos, wo ich da voll Ekzema hatte. Da habe ich Celery Juice für 3 Monate getrunken. Selleriesaft, ja? Genau, Selleriesaft. Okay. Und im Fall von dem Ekzema, es ist nachher fast alles weg innerhalb von 3 Monaten. Ja. Und auch die Periodenkrämpfe, die ich hatte, die sind dann etwa nach 4 Monaten habe ich die nicht mehr gehabt. Und das hat auch kein Arzt erklären. Und ich habe dann wirklich gemerkt, dass was schlussendlich heilt, ist nicht nur das gute Mindset, weil du kannst viel sagen, so, ja, spirituell Mindset. Und ich so, ja, aber gewisse Probleme sind halt auch physisch. Du musst beides angehen. Das Spirituelle, das Ja, wie Mindset. Affirmation und so sagen sie. Ja, so ein das Scheiß. ist dann auch noch, oder? Weißt du, du kannst nicht sagen, du bist gesund, wenn... Ja, ich stehe vor dem Spiegel, ich bin breit. Ich bin Lauch, Alter. Ich kann es checken. Ja. Fakt, ich kann nicht sagen, ich bin breit. Ich muss mir ein Testo-Ding geben ins Gym und dann vielleicht, okay. Aber weißt du, das mit dem Affirmations... Ja, das hat mir damals auch nicht so geholfen. Das Beste ist eigentlich wirklich, also für mich ist die Identität in Jesus und nicht definieren lassen, was andere sagen oder einfach du selber. Und das Zweite ist auch, du musst machen, weißt, du musst handeln. Und wenn du dann handelst, hast du dementsprechend auch neue Resultate.
wo dann kannst du geben. Und wirklich für mich Ernährungsumstellung, Celery Juice Saft und das, es hat mich wirklich geheilt. Es ist auch nur wegen dem, dass ich jetzt wieder da eigentlich reden kann, rausgehen, mit den Leuten agieren. Also nicht nur wegen dem Selleriesaft, oder? Nicht nur das, aber Selleriesaft hat mir sicher mega geholfen mit Heavy Metal Detox, weil ich kann das wirklich... Wo findet man das? Machst du das selber, oder? Ja, ich mache es selber. Ja, es ist eine andere Frage. Du kannst da ganz viel Geld ausgeben und so und du musst ja dann auswärts gehen. Wir haben eine Celery Juice Maschine gekauft. Aha, okay. Das ist mega praktisch. Ist zwar ein Investment, aber... Was hat es denn dort für einen Stoff drin? Gibt's es ist einfach eine Maschine. Nein, ich meine im Sellerie. Was hat's? Ja, was? Wie es biologisch abgeht, ich weiss da nicht alle Details, aber ich weiss, dass Sellerie Bestandteil in sich hat, wo das Gut Microscope, das heisst, wenn du viele Probleme so mit Allergien und so Krankheiten, die kommen eben von so Schadstoffen, die in deinen Leber und so stecken bleiben. Und viele Leute kommen das nicht raus. Und das Problem ist, wenn du ein Medikament nimmst, die haben ja auch chemische Sachen, dass das eigentlich wie schlimmer kann machen. Und stattdessen tust du eigentlich Celery Juice jeden Tag auf einen Magen trinken, der leer ist, also gerade wenn du aufwachst. Und durch das tut es wie die Schadstoffe und das Fett, das dann ankörpert, wie wegspülen. Und wenn du das genug lang machst, wie in das innere Gewebe, dann geht das wie weg. Und dadurch haben auch viele Leute das Brain Fog nicht mehr. Mein Freund zum Beispiel, er hat das ADHS nicht mehr. Er hat früher Ritalin müssen und alles. Er hat einfach mit mir Sellerie-Saft getrunken. Trinkt ihr das immer noch, oder? Ja. Jeden Tag, das jeden Tag. Jetzt, also sind ihr einfach Sellerie, die Dinge rein? Kannst du normal genau, es gibt so eine Maschine, ich kann so einen Link noch schicken. Okay. Dort, und das ist wirklich gemacht für Sellerie. Wirklich nur für Sellerie? Genau. Du kannst auch zwar andere Sachen machen, aber wir haben dort Nutribullet, das ist so ein Mixer, oder? Ja. Der ist mega super, mit dem wir eben den Fruchtsaft nachher machen, wo wir nach dem Sellerie, nach dem Morgen halt essen. Aber bei Celery Juice, Sellerie ist halt sehr mühsam, zum alles schneiden und machen. Also Nutribullet knallst du einfach die Früchte rein? Genau. Und bei dem Sellerie musst du halt einfach die Stangensellerie halt im Mikro kaufen. Genau, ja. Du sie waschen und dann kannst du sie eigentlich nur reinführen und das tut den ganzen Saft dann machen. Es ist mega super. Und nachher, ist fein, kann man es trinken, du musst würgen. Ja, weißt du musst es anschauen. Celery ist wie... Ich sehe das eigentlich wie als ein Medikament. Okay. Die Leute haben so eine Pille und ich trinke das jetzt nicht, weil ich das mega geniesse. Es ist okay. Teilweise finde ich es noch... Celery ist nicht so teuer. Ja, es geht. Ja, es geht. Für eine Person jetzt eben so 2 Stangen irgendwie durchmachen, oder? 5 Franken. Aber weißt du, wenn du so denkst, die Leute haben heutzutage die Starbucks für irgendwie 8 Stutz da. Statt Starbucks macht der Sellerie-Saft. Oder statt irgendwie Kaffee oder Energy oder andere. Weißt du, klar, das Zeug ich kenne, es ist fein manchmal. Aber wenn es sonst schon nicht so gut geht, musst du halt schauen. Und dort habe ich halt auch selber von die Juices und Früchte machen. Ich habe dann eben auf Koffein von einem Tag auf den anderen komplett vermieden, weil hätte ich es gemacht, wäre ich wieder komplett krank geworden. Weißt? Ich konnte Kaffee trinken, bis 7 Tage krank von dem. Es ist so Kaffee, was? Du hast einen Kaffee getrunken und bist 7 Tage krank? Ich bin damals so chronisch instabil gewesen, weißt, körperlich, und dass ich wie konnte 1, 2, 3 Schluck vom Kaffee nehmen oder irgendwie von einem Cola. Mir ist so schlimm gegangen. Mir ist schlecht geworden. Ich habe Nasenverstopfung bekommen, Kopfschmerzen, mega übertrieben. Ich habe das ja selber lächerlich gefunden, aber ich konnte dann wie nichts machen, wenn mein Körper so stark reagiert, oder? Dann bist du wie gezwungen, das damit aufzuhören, oder? Und ich bin dann auch ich liebe Schoki, ich liebe Käse, ich liebe all diese Sachen. Ich habe alles aufgegeben. Ich habe dann wirklich für mega lange Zeit keinen Kaffee, keine Softdrinks, kein Artificial Oil. Und die Leute haben dann gefragt, was isst denn du? Und ich habe dann gesagt, mehrheitlich Früchte, Gemüse. Ohne Salatsauce, das war noch schlimmer, weil Salatsauce hat dann auch die künstlichen Sachen drin und so. Also du machst selber mit Oliven? Genau, ich habe einfach so mit, so Zitrone und ein bisschen Salz. Aber ich habe meistens auch mit Salz und zu viel Fett das einfach aufhören. Und damals war es für mich das Einzige, wie es mir nachher besser gegangen ist. Und nachdem ich das etwa für ein paar 6 Monate, 9 Monate durchgezogen habe, ist es mir viel besser gegangen. Ich konnte dann wieder rausgehen. Und ich bin nicht die ganze Zeit am Nüssen gsi. Ich habe sogar bei der SBB im Zug die ganze Zeit nüssen. Wenn es viele Leute hat, müssen nüssen. Parfüm habe ich auch bei den anderen Leuten nicht mehr schmecken.
Aber das zu ist doch nicht wegen dem sensibel. Koffein, das musst du nissen, oder? Nein, Meinst das du alles nicht. zusammen, Aber ich oder? habe ja mehrere Probleme gehabt, Ja. die Symptome mehr. Zum einen war es eben mit der Intoleranz, mit der Ernährung, mit Sachen, die ich getrunken habe, aber auch mit der Luft. Und ich hatte dann das Gefühl gehabt, ich muss aus der Schweiz auswandern. Es ist wegen der Luft da. Was? Oder ja, weißt, ich hatte das Gefühl gehabt, bin ich irgendwie allergisch auf eine Pflanze, auf einen Baum, oder? Ich habe dann die Schuld auf alles geschoben. Ja, gehabt, Heuschnupfen, ja, aber kommt genau, drauf das an, hatte ich wenn auch das noch. kann. Gehabt. Hausstaubmilbe habe ich auch noch. Ja. Und ich habe dann irgendwann wieder Sinn nicht mehr gesehen, wie ich leben kann. Weil ich kann nicht mehr essen. Ich kann irgendwie das essen, dann werde ich wieder krank. Aber Ja. wenn ich nichts esse, muss ich verhungern. Ich habe dann so viel brüllen. Ja. Oder? Und mein Freund, mein armer Freund, der ist genau der gesessen. Weißt, er brüllt auch nie, aber einmal ist er auch sehr nahe an Tränen gekommen und hat gesagt, Ja. hey, ich will dir helfen, aber ich weiß nicht, was machen. Ja. Ich weiß nicht, was holen, ich weiß nicht, was bestellen. Du kannst irgendwie alles wie nicht essen, vertragen und so. Und eben die Ärzte haben irgendwie auch gesagt, oder das machen oder isst das und das. Und das war auch komplett falsch. Also vieles, was auch die Ärzte sagen, musst du auch heutzutage mit einem Filter nehmen. Jeder sagt etwas anderes. Ich bin, Ja. weißt du, wie oft bei Ärzten gewesen. Das ist halt auch so. Und eben schlussendlich, mit dem Gebet, mit dem Ding, ich bin auf Medical Medium und er hat so viele Testimonials gehabt von Leuten, die hilflos waren. Und ich so, hey, ich kann nichts verlieren. Ich muss einfach ausprobieren. Und er hat es dann geholfen. Er hat wirklich mein Leben zurückgegeben. Und Ja. nachdem, eben, jetzt bin ich Mit wieder Sellerie fit. eigentlich. Schlussendlich. Genau, voll. Ja. Celery. Ich Oder sage einfach. mal wirklich, das sind Sachen meiner Ich will es mal Mutter. probieren. Ich will wirklich das Mit mal. den Aber mit Scheiss, Freunden. wie viel kostet so eine Maschine? Ist die gross? Ja. Ich habe nicht so viel Platz in der Küche. Ja, So also, gross. die ist schon so gross, aber die lohnt Das ist sich. scheiße. Und also die ist irgendwie 350 Franken. Ah, sogar. Es ist Premium, aber es langt. Und vor allem, wenn du es jeden Tag machst, lohnt sich das. Es ist Okay. wirklich eines der besten Investments, die ich gemacht Aber habe. kannst du sicher auch sonst mit Nutribullet kannst du auch machen, oder nicht? Aber dann hast du halt Ja, das aber weißt du, beim Pressen raus. Celery ist das wirklich härter, weil es mixt zwar und dann hast du all die Füße von dem Ja, es Celery hat ja und die so. Dings drin, Das geht halt nicht. Und bei dieser Mit dem Maschine... Sieb vielleicht. Ja. Und bei der Maschine, wenn ich es mal mache, du wirst es spüren. Es ist so fein und es ist Ja. so, es hat nichts drin, es ist so perfekt, jeder Saft halt Okay. raus, extrahiert, oder? Und das ist eigentlich das, was mir jetzt geholfen hat und auch mental halt auch und dann die Selbstarbeit und weißt, ich sage mir auch immer den Leuten, egal was dir im Leben passiert, du kannst nicht alles kontrollieren im Leben, aber du entscheidest, wie du den Rest von deinem Leben weiterlebst. Und das geht eben wieder weg aus dieser Opfermentalität. Und das war auch bei mir. Sei das weißt, mit finanziellen Schulden. Ich bin dann damals auch Uni abgebrochen, oder 2-mal aus der Schule raus, zum Unternehmer starten. Gewalt, Trauma, Gesundheit. Weißt, ich habe so viel von dem Scheiß eigentlich erlebt, Ja. dass, weil ich das verloren habe, schätze ich es heutzutage wie noch mehr. Ich nehme so viel Prävention, ich investiere so viel auch heutzutage in Gesundheit und alles. Und ich gehe immer von den Werten aus, etwas daraus machen, ändern. Weil schlussendlich, du hast die Option, bleibst krank oder bleibst deprimiert für dein Leben lang in deinem Zimmer und hast keine gesunde Beziehungen. Oder du heilst dich und mein Leben hat sich 180 Ja. gedreht. Also heute erkenne ich mich selber wie nicht so, weißt, so 5 Jahre zurück und Voll, so. ja, wenn ich bei mir schaue, vor Schulden, 10 Jahren. ist schon- kein Unternehmen, kein Lebenssinn gehabt. Ja. Und jetzt halt mit Gott Lebenssinn. Ich habe einen Mann, ich sehe, wie es Licht wieder. Kinder Und, geplant, oder nicht? ja, nicht jetzt gerade, aber ich Wie wünsche alt mir bist du jetzt? 27. Ah, ja. Meine Frau hat mit 27 das Hat sie- erste Kind gehabt. Ah, okay. Kann sein, oder? Ja, voll. Nein, warte, was schnurre ich mit 23? Ah, jetzt habe ich grad, 23 ja, mit sogar, 23. okay. Ja, ja. Und das zweite Kind? Jetzt, vor 10 Monaten. Sie ist jetzt mit 29. Okay. Ja, voll. Gratuliere dir noch Danke, zum danke. Kind. Mega cool. Ja, merci. Ja, sicher. Weißt, ich finde ein Kind, also es ist auch mein Traum, dass ich dann ein Leben habe mit vielleicht 2 Kindern. Chill, Hund. ja. Ich habe jetzt einen Pomeranian Zwergspitzhund. Ah, aber ich okay. will sicher Neu, oder was? Nur Hunde haben. Ja, seit einem Jahr. Ah, okay, ja, Jetzt ich auch sehe. herziger kleiner Hund. Wir haben auch einen Chihuahua und Fett. Ah, schon, ich habe einen Chihuahua. Ja, seit wir zusammengekommen sind. Also, 1 Jahr nachdem wir zusammengekommen sind, etwa 2018 haben wir sie gekauft. Voll. Ist das ihr Entscheid gewesen? Oder Ich habe bist ihr du- gekauft. Ah, du hast es gekauft? sogar? Ja, ich habe ihr gezahlt auf jeden Fall. Ah, Eigentlich ist der ist mein Hund. Ich sage, sie sagt immer, es ist ihr Hund. Weißt? Sie pennt mit ihm und so. Also mit ihr, ja. Oh, jö. Ja, sie hat auch Junge einmal gemacht, 3, 5 eigentlich, 2 sind gestorben bei der Geburt. Ja. Die- Naja, aber das- weißt du, wenn ein Mann so einen kleinen Hund hat, viele Ich sagen gehe oft so... mit dem laufen mit ihr, aber sie ist halt wirklich, sie ist fett. Ah, schon? Also Nee. fett, ja.
Aber ich gehe oft mit, aber das sind so Kurzhaar-Chihuahua, so andere Chihuahua, Ja. nicht die, weißt du. Ja, nein, ich finde es mega herzig, weiss, weil was du meinst. ich kenne so Männer, die so mega so breit sind. Da siehst du einfach so mit einer kleinen mit so Pomeranian. ja. Und das ist irgendwie viel, ich glaube, das ist wie ein besseres Zeichen als sogar der Ehering. Weißt du, dass ein Mann nicht mehr Single ist, wenn er mit einem Voll, kleinen ja. Hund rumläuft. Taken. Ja. Weil meine Freunde, wir sind dann in ein Shoppingcenter gegangen und nachher war er mit dem Pomeranian draussen gewesen, und dann kommt eine Frau auf ihn zu und sagt so, darf ich streicheln? Jede Frau geht so zu meinem Schon? Freund. Ah, okay. Ja. Und nachher sagt so eine Frau, haben Sie eine Freundin? Ah, Nachher was? Wegen dem ja, Hund, nachher ja. so, ja, ich habe eine, sie ist gerade neben Ja. mir. Und nachher so, ja, müssen Sie aufpassen, da mit so einem herzigen Hund, oder? Holen Sie viele Frauen ab, sogar Nein, mehr das Frauen als mit einem Lamborghini, weißt du, mit so einem herzigen Hund hast. Ich weiss, was man bei uns sind noch Kinder. Die ganze Zeit Kinder sie streicheln. Ich muss eher aufpassen, dass sie sie nicht schnappt. Nachher sie ja. einschläft. Ich habe da noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Ja, Einfach so random Fragen. Ich mache das jetzt eben amigs. Was machst du, wenn du abschalten willst? Hast du, wo du kurze Antworten kannst geben? ja. Wenn ich abschalte, mache ich Musik und Kunst. Ich spiele Klavier. Ja. Ich spiele Klavier, seit ich 12 bin. Damals haben wir uns das Klavier nicht leisten, aber ich weiss Ja. noch, meine Mami hat dann mit mir so ein Kartonboard ausgeschnitten und wir haben die Tasten gemalt. Und ich habe dann die ganze Zeit ohne Ton gespielt und irgendwann ist das so zu meinem Hobby Ohne geworden. Ton hast du gespielt? Ja, voll, weil wir haben uns kein Klavier können leisten. Ich meinte, du hast Und die ich vielleicht die musste- günstige. Ich habe irgendwie müssen, weißt, lernen. Und dann habe ich mir einfach die Tastatur auf Aha. einem Papier gezeichnet Ja. und so geübt. Und dann beim Klavierunterricht habe ich es dann zum ersten Mal gehört. Ja. Aber weißt, mit der Zeit hatte ich dann schon ein Keyboard dann gehabt und Hat es dann etwas gebracht? Hast du es nachher trotzdem können? Oder? ja, jein. Es hat schon etwas gebracht, aber schlussendlich, wo ich dann schon ein Keyboard hatte, Ja, konnte ich ja. schon mehr können da Ja, logisch. besser werden. Und dann Ja. irgendwann haben dann meine Eltern so gesehen, dass ich das so liebe. Dann haben sie mir ein Klavier geschenkt, ein mega gutes Klavier. Dann haben sie gespart gehabt und seit heute ist das mein Hobby. Ja. Und eben Kunst. Erstmal bin ich ja von der Schule habe ich abgebrochen, weil ich wollte Künstlerin werden. Bin Also ich von die einem Hauptschule nicht, nachher? Nein, ich habe schon die Grundschule, die Oberstufe Ja. gemacht. Dann habe ich ja Grundschule, KV gemacht, 3 Jahre im Hotel. Ja. Und dann 1 Jahr eben BM. Und was passiert ist, eben in dieser Berufsmatura, erste Mal habe ich dann, es ist so nach 2 Monaten in der BM drin, habe ich gesagt, hey, ich will ja Künstlerin werden, ich will wirklich so malen, zeichnen, mit dem Geld machen. Ja. Wird zwar schwierig, aber ich werde es machen. Schon schwer, ja. Ja, und dann bin ich von einem Tag auf den anderen einfach auf New York geflogen und habe dann die Schule Alleine? geschmissen. Ja, voll. Ich Du hast habe einfach in die Schule geschmissen auf New York. ja, voll. Weil ich habe mit einem Typ telefoniert von New York Ja. und ich habe gesagt, hey, my dream is to be an artist. I want to go to New York und alles. Und nachher er so, why don't you come? Wieso kommst du nicht? Ich so, ja, ich habe die Schule und so da in der Schweiz. Ja, so, ja, dann sag Tschüss zu der Schule und komm da in New York. Und ich so, ja, recht hast du, oder? Und dann habe ich es mir halt überlegt und weißt, dann, ich bin noch halt asiatisch aufgewachsen und gerade Ja. in Asien ist das halt mega strikt, dass du sagst, hey, du musst die Schule machen, du hast Voll, Bachelor, ja. Master, ich habe sogar Doktor, alles wollen. Ich wollte dann Ja. einen guten, bezahlten Job haben. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, für Kunst und so musst du da eigentlich nicht einen Hochschulabschluss haben. Hauptsache, du hast das Talent dafür, oder? Schau den Picasso, seine Bilder, ich check's bis jetzt nicht. Ja, das Wer sind ist Sachen. Picasso, weißt du, wenn du von einem Künstler bist, Picasso, aber Ja, voll. hat einfach ist irgendwelche so. Dings. Ja. Und das sind halt die Sachen, oder? Und dann habe ich auch meiner Mama gesagt, ich will jetzt abbrechen und dann nach New York gehen. Und dann hat sie auch gesagt, hey, ich wünschte, du würdest das noch fertig machen, die BM. Aber wenn das so deine Entscheidung ist, sie hat halt gewusst, ich Ja, war immer schon das sturig gewesen, wenn ich etwas will. Bin ich gegangen, habe dann aber gemerkt nach so einem Jahr, dass weißt, die Kunst allein ist dann wie etwas anderes als Ja. Hobby. Weißt, 10 Stunden mal ist anders als 30 Minuten für Hobby. Und ich wollte dann wie Kunst, Kreativität und Business kombinieren. Und dann bin ich darauf gekommen, es gibt ein Design-Management-Studium. Das war damals sehr neu, aber für das hat es BM gebraucht. Und ich so, Scheiße, Das ist ja genau und ich bin eigentlich zurück in die Schule gegangen, habe dann BM nachgeholt 1 Jahr, 1 Jahr an die Hochschule Luzern gegangen, studiert. Und während dem Studium in der Hochschule habe ich dann erst mal im Internet tippen, «How to make money online».
um eben meine Mami unterstützen und alles. Und dort bin ich eigentlich in das ganze Entrepreneurship gekommen, wo ich dann versucht habe, Affiliate-Marketing zu machen, E-Commerce, Trading, all das Dropship. Ich habe alles damals ein bisschen Ich habe das auch gegoogelt, das Zeug, aber das Einzige, was ich gemacht habe, ist Geld investieren in Aktien oder Kryptowährungen. Vor allem Kryptowährungen ist bei mir dann rausgekommen. Ja. Ja, das ist dann halt auch, das haben dann viel so, ich weiß auch noch damals eben mit Krypto, das war auch so eine riesige Bubble, wo dann die Leute viel geredet haben und alles. Und Hast du Krypto? ich habe, nein, ich bin nicht so, weißt, so into Kryptos und so. Voll, ja. Aber damals, ich habe einfach vieles ausprobiert. Es ist mir einfach darum gegangen, dass ich kann überleben, Rechnungen zahlen. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, weißt, es ist nicht nachhaltig, einfach dem Geld hinterher zu rennen. Ich muss auch etwas machen, was mich erfüllt. Und das ist dann mit dem rauszoomen, habe ich dann gefragt, weißt, was macht mich auch stolz nach 10, 20 Jahren? Und für mich war das wirklich das Menschliche gewesen. Und dann bin ich eben aufs Coaching-Beratung gekommen, wo ich damals keine Ahnung hatte, wo und wie einfach, keine Business Skills hatte. Aber eben, wie schon gesagt, ich habe über die Jahre so viel in Mentoren, Coachings investiert, auch für das in die Schulden gegangen. Und dann ein Mentor hat mich dann aufgezeigt, hey, so musst du es machen, musst einfach posten, musst einfach Angebot machen, musst Verkauf mastern. Und habe ich das alles gemacht, nachgeholt, oder? Und zu dem Zeitpunkt, das hat dann irgendwie nach einem Jahr, habe ich gesagt, hey, ich sehe es nicht mehr in der Uni. Ich werde wirklich mein ganzes Leben Unternehmerin werden, frei werden, freier Mensch. Und und heutzutage kombiniere ich ein bisschen alles. Kunst, Politik, Wirtschaft, Musik, ich liebe es alles ein bisschen. Top. Kochen kannst du? Ja, jein. Es ist jetzt... Ich stelle mir eben immer vor, so Jüngere heutzutage, weißt, die sind später auch Großmütter und so. Und früher sind so Großmütter, die mega gut können kochen und so. Ja, so jetzt die Frau heutzutage, die einen haben keine Ahnung von Kochen und so. Weißt? Ja, die sind dann später heftig, Großmütter, ja. nachher kannst du nicht mehr sagen, ja, nach Großmuttersart und so Zeug. Ja, nein, also ich muss sagen, durch die Zeit, wo ich so krank geworden war, weißt, ich war wie gezwungen, auch Kochen zu lernen. Kochen, ja. Weil ich kann, ja, weißt, vorher, für mich war Kochen Pizza kaufen. Voll. In den Ofen Hasse stecken, Kochen, ich so, hasse boah, ich habe gekocht oder Spaghetti, weißt. Ja. Und in dieser Zeit habe ich dann halt viel so Kochbücher aus dem Medical Medium, halt, weißt, so Soßen selber gemacht und dann Teigwaren, Sachen, weißt, Gemüse und all diese Sachen und dann auch vom Koreanisch. Ich finde es auch schade, wie du sagst. Ja, weißt, tolles Essen, asiatische Küche ist meine Lieblingsküche. Und dass ich dann Rezept lerne. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, Kochen ist jetzt voll mein Hobby. Ich muss zugeben, weißt, es braucht auch Zeit, oder? Und eben, ja, als Unternehmerin will ich einfach quick etwas essen. Ich will es einfach parat haben und dann zurück zur Arbeit gehen. Ja. Darum, für mich ist, ich will bald eigentlich einen Privatkoch haben, wo Das wäre das Beste, wenn du jemanden hast, der einfach kocht. Oder wenn der Mann den ganzen Lohn, weißt, wie früher war es so, der Mann ist sozusagen arbeiten, die Frau hat kochen. Aber wenn die Frau auch muss arbeiten, meine Frau muss auch 60% arbeiten. Ich kann ja nicht von ihr verlangen, dass sie dann vom Arbeiten heimkommt und kocht. Weißt? Sie kocht auch manchmal, einmal ich, einmal sie. Und so. Voll, ja. In welchem Land würdest du leben, wenn nicht in der Schweiz? Ui, schwierig. Weißt, die Schweiz ist schon das Land, das ich mega schätze. Ich habe das Gefühl, das, was ich langfristig sehe, ist, dass ich immer da meine Residenz habe in der Schweiz. Ich sehe das so. Wenn du da würdest ausgeschaffen werden, aha, so sagen. Ach so, Nein, ich meine als Spaß jetzt, aber du hast keine Möglichkeit, du musst irgendwo. Dann würde ich wahrscheinlich auf Amerika oder Korea. Ah, okay. New York ist schon... Dubai nicht, ne? Nein, Dubai ist im Fall mein Traumland, also die Traumstadt. Ich wollte immer auf Dubai gehen. 2023, ich weiss noch, es war damals voll der Hype, alle Unternehmertum und so, weißt, so in Dubai. Voll. Aber ich war dann selber da und ich muss sagen, es ist jetzt nicht mein Ding. Also, ist nicht so es ist schön, Dubai ist alles so groß, du hast die Shopping Malls und alles und fancy, aber weißt, es hat wieso nicht die eigene starke Identität. Und dort, wenn du kein Auto hast, ist es nicht so, weißt du, in der Nähe da mit dem Verkehrssystem und SBB und die Hitze auch. Ja, im Sommer kannst du nicht dort wohnen. Du lebst ja eigentlich nur in diesen Malls und innen dran mit diesen AC oder Klimaanlagen. Und ich bin jemand, ich will raus, weißt, an die Straße. Ich bin in New York oder in Seoul, in Korea rumlaufen, essen, alles ist, weißt, so fußgelegen, nahbar. Ja. Ein bisschen das. Mhm. Ich bin schon 5 Mal jetzt gesehen, aber ich habe es jetzt langsam gesehen. In Dubai bist du? Voll. Ja. Ich gehe immer.
Und Weißt wie du, im hast du es Winter ist eben gefunden? schon gut. Im Winter ist eben, ja, ich habe es gut gefunden eigentlich. Weißt du, für Ferien machen mit Kindern und so ist sicher, Essen ist gut, du hast keine Angst haben. Ich habe immer, jedes Mal, wenn ich in die Ferien gehe, habe ich irgendetwas, ich habe immer Pech, weißt du. Vor allem beim Essen und so. Oder? Und dort war es eigentlich immer gut gewesen. Aber eben im Sommer würde ich niemals dorthin gehen. Ja, das Es ist ist, zu heiß, ja. das ist toll. Ja. Wenn du morgen 10 Millionen würdest gewinnen, was ist das Erste, was du machen würdest? Ja, go essen. Essen, das? Go essen. Ja. Nein, ich liebe Essen. Ich habe damals auch gesagt, der Grund, warum ich reich bin, ist, dass ich einfach mehr Optionen habe. Ich kann essen. Weißt, für mich ist eines meiner Lieblingssachen. Und dann halt auch Wellness, Dienstleistungen. Weißt, für mich Gesundheit ist mega wichtig. Und ich meine, Massage, all die Sachen, das kostet ja auch, oder? Das ist auch Gesundheit, weißt du? Sie sagen immer alle, was sagen, Geld ist nicht, Gesundheit ist wichtiger als Geld. Aber die checken gar nicht. Mit Geld kannst du dir ja eigentlich Gesundheit. Du kannst nicht, ich meine, du kannst trotzdem einen Tumor oder so bekommen, aber du kannst zum Beispiel nur schon beim Einkaufen, bei der Ernährung, musst nicht die billigen Produkte nehmen, so Dosenscheiße und so. Ja, Du kannst alles kaufen. Du kannst bei der Theke Fleisch kaufen oder beim Metzger, wo besser ist vielleicht. Das ist mega Das ist wichtig. alles, das kannst du mit Geld oder eben, was du sagst, Massage und du kannst sogar anstatt allgemein versichert, kannst du Privatversicherung machen, weißt beim Arzt. Weil als ich in der Reha war, war ich bei allgemein versichert gewesen. Ja. Und die Privatversicherung hatten, die haben mehr Besuch vom Oberarzt gehabt als ich. Weil sie halt Privatversicherung haben, weil sie mehr zahlen, oder? Ja. Und das Ja, checken das die ist irgendwie so, nicht. Die müssen weißt, das immer trennen, das Gesundheit ist so, und... aber weißt, das ist auch das Mindset, das ich bei mir haben müssen ändern. Es ist mir damals immer so gesagt, vor allem mit meinem Christlichen, wo mir gesagt hat, ja, bist nicht so gierig, weißt, so mit Geld und so ist root of all the evil und alles. Und wenn du mit so einem Mindset kommst und dir selber wirklich rechtfertigst, warum du arm bist oder warum das nicht gut ist, du willst ja den Lamborghini sowieso nicht, du bist ja nicht so auf materielles Zeug und alles. Und ich habe damals auch so die Sachen gemacht, ja, ich will ja jetzt nicht die Uhr kaufen oder das. Und irgendwann habe ich gesagt, Austin, gib es einfach zu. Dir geht es finanziell nicht gut. Du bist damals vielleicht mit Geld nicht so gut umgegangen. Du hast zwar gut investiert in dich, jetzt hast du das Geld, aber um mehr zu machen, musst du dein Denken halt wandeln. Und ich habe damals gesagt, hey, es ist okay, wenn du mehr willst, wenn du sagst, ich will mir das Auto, es ist okay zu sagen, ich will mehr Geld für mehr Optionen, sei das mit Ferien und alles, oder? Und dann tust du ein Problem lösen, das ist auch der Kern des Unternehmertums. Was für ein Problem löst du für welche Person? Genau. Und dann hast du ein Angebot, oder? Und rausgehen und dann repetieren. Also es ist einfach, aber Leute tun es mega. Ja, aber ich auch. Ich rede jetzt und und ich sage genau, aber weißt, ich habe mich auch genau informiert und so und ich habe auch, was für ein Problem löse ich. Ich bin auch selbstständig, weißt. Ich tue Langweile vielleicht bekämpfen mit meinem Content, aber ich habe auch immer gedacht, weißt, wenn du eine Reichweite und mit der Reichweite kannst du etwas verkaufen oder so, weißt. Aber ich habe immer noch nicht gecheckt, was ich sind. Weißt, es gibt so viele Probleme auf der Welt, aber was für Produkt kannst du anbieten, wo du ein Problem kannst lösen kannst, ist nicht so einfach. Weil viele denken, wie können sie das machen, selbstständig werden und etwas machen. Ich glaube, das ist sicher von jedem, so von 80% der Wunsch. ja, die eigentlich. meisten Leute. Ich glaube, die meisten Leute die leben auch so ein bisschen wie, sagt man dem, die gehen einfach zu ihrem Job zurück, repetieren es. Und sogar in Korea ist es sogar noch schlimmer. Ich habe mal dort so eine Befragung ein bisschen gemacht auf der Straße und gefragt, Okay, was ist deine... Nein, nicht Umfrage, weißt, so formell, aber ich habe einfach selber mega neugierig gewesen, bin einfach auf Junge zugegangen und habe gefragt, hey, was denkst du, ist dein Lebenssinn oder bist du zufrieden in deinem Job? Die meisten Leute, nein, es zahlt einfach Rechnung. Eben, die meisten ich denke nicht, nicht an das, oder? Und auch die Leute, die es wollen, die haben wie Angst, weil du lebst wie so ein bisschen in diesem System, das sagt, hey, du musst einen guten Abschluss haben, einen guten Job haben und that's it. Und wenn du halt so ein bisschen wie das ist wie bei Matrix, oder? Du musst ein bisschen aufwachen, aus dem Genau System so ist es. rausbrechen. Und dann auch, weißt du, trauen, hey, im schlimmsten Fall, das habe ich auch gesagt, wenn Unternehmertum nicht klappt, du kannst immer nur einen 9-to-5-Job haben, weißt? Ich habe ja KV-Abschluss, im schlimmsten Fall gehe ich halt zurück ins Hotel, arbeite wieder, ist okay, aber jetzt bin ich jung
Und ich finde, das grössere Risiko ist nichts machen, weißt? Und dadurch habe ich auch gesagt, eigentlich der einfachste Weg, um irgendwo zu starten, ist eigentlich mit etwas zu starten, wo du schon selber durchgemacht hast. Das kann sein deine eigene Transformation. Und meistens sind Kategorien von Gesundheit, Beziehungen, Geld. Das heisst, du hilfst entweder den Leuten mehr Geld zu machen, sei das durch Marketing, sei aber du das musst durch schon etwas Vermögen. Erlebt haben oder gemacht haben. Ja, aber du kannst auch, weißt, du musst nicht irgendwie Expert sein. Es ist auch nur schon jetzt bei dir. Du bist zum Beispiel drogenabhängig gewesen. Ich sage jetzt nicht, du musst da Coaching-Business machen, aber ich sage dir einfach, du hast das erlebt. Du hast wahrscheinlich gewisse Sachen oder Tipps oder Sachen, wo sich sicher jemand in der Welt stellt, wo in der gleichen Lage ist, wo jetzt drogenabhängig ist. Ja, Kiffen ist halt, weißt Klar, nicht mega harte Drogen und so. es ist so, aber es gibt ein paar Leute, die dann sagen, dank meiner Transformation oder irgendwie ein Fachgebiet oder irgendetwas, wo du das Gefühl hast, hey, das Thema interessiert mich noch oder ich weiß eigentlich viel über das Thema, dann kannst du eigentlich auf das ein bisschen fokussieren und dann innerhalb sagen, was für Probleme habe ich in meinem eigenen Leben schon gelöst oder was ist ein Problem, wo ich mich einfach generell fachlich das Zeug dafür habe oder mich auch einsetzen um das zu lösen. Und da gibt es ganz viel. Ich sage bei den Leuten, du kannst so viel auch digitale Produkte machen, gerade ohne so Kapital. Eben, genau, das ist interessant. Ja. Du kannst, weißt, es klingt mega dämlich, aber ich kenne ein paar Leute, die haben ein PDF gemacht. Du kannst mit dem sechsstellig verdienen. PDF, du musst nicht mal einen Kurs haben. Es gibt simple Sachen. Es muss auch nicht ein Jetzt Kurs würde sein. ich mit KI, ich mache jetzt zum Beispiel habe ich KI-Musikvideos erstellt und die verkauft. Ja, nein, das Gestern. gibt es auch. Mit Gestern habe KI ich das kannst du so viel. Oder auch Dienstleistung, du kannst auch Leute beraten. Ich meine, gerade du, oder? Wenn du so Reichweite hast, es gibt viele Leute, die checken wie nicht, wie soll ich Content machen, wie soll ich anfangen. Es gibt auch viele Leute im Comedy-Bereich, Entertainment, die wie nicht wissen. Und du kannst ihnen auch einfach sagen, hey, ich biete so eine Strategie-Session an. Ja, für bei eine mir ist das Stunde. eben, ich bin ein spezieller Ja, Influencer. In der Schweiz. Ich bin auch oft in den Medien negativ. ja. Ich wäre jetzt nicht gerade das beste Beispiel für das. Weißt? Wo Ja. der kann Tipps geben Ja, aber weißt, das ist dann halt auch das Ding. Du hast aber trotzdem Aber andere können Fähigkeiten gemastert in dem Sinn. Ja. Ich meine, dann die Medien, das ist eine andere Geschichte. Aber ich finde, ich meine, jetzt nur schon wenn ich jetzt so denke, hey, ich will eigentlich soziale Medien lernen, egal ob du in den Medien bist, ich sehe du postest und du weißt, wie das funktioniert. Leute, die Ja. keine Ahnung haben, was so Hooks ist oder voll. Watchzeit, wie man da anfängt. Da kannst du sicher auch viele gute Tipps geben. Und wahrscheinlich wird jemand irgendwie eine Stunde mit dir reden. Heutzutage kannst du eben alles die Sachen, mega viele Sachen, kannst du auf YouTube eigentlich einfach anschauen. So über Krypto zum Beispiel, wenn ich will viel wissen. Ich schaue mir die Infos, wenn ich ins Gym gehe, ich höre Krypto-Videos und so, anstatt Sound. Ja, Weißt du, aber kannst ich du glaube, unterscheiden, ja. das Problem ist nicht mehr die Info, sondern ich glaube die Implementierung. Weil die Leute haben jetzt viel das Problem, dass sie zu viele Infos haben Ja, genau. und dass sie nachher verwirrt sind, was zu machen. Und trotz all dem, ich finde, hat jeder die Infos und das ist auch draussen, sollte eigentlich jeder jetzt ein Millionär sein. Ja, aber was ich dir damit Aber- sagen will, ist schwierig, dass ich zum Beispiel so etwas verkaufe, wenn sie es schon gratis auf YouTube anschauen könnte, weißt? Nein, da muss ich dir dagegen sprechen. Okay. Nämlich, es gibt viele Leute, wo ich meine, sonst, weißt du, auch bei mir, wenn sie Ja. sagen, hey, alle sind Kunden gewöhnt, ich kann ja alles durch ChatGPT machen, oder? Werbetext, warum brauche ich dich? Aber ich sage, das ist auch bei mir so. Viele Leute, vor allem Leute oder reichere Leute, die wollen ja Zeit sparen. Die gehen zu einem Experten, der sich auskennt, und es gibt auch viele Leute, die wollen implementieren, weil wenn du dann gerade weißt, hey, ich habe da den Funnel, ich habe die Struktur, oder du kannst ein Copy-Paste machen und weißt, ChatGPT ist zwar high intelligent, aber du musst auch wissen, was eingeben, prompten und nicht nur beim Voll. Prompten, es gibt auch Sachen, wo Schon, einfach ChatGPT einfach lang geht. Und ich bin jemand, No. ich würde lieber 10'000 Franken jemandem geben und dann hast du jemanden, der dir wirklich hilft, implementieren, ein Problem schneller zu lösen. Zeit ist halt Geld. Und dort denke ich mir halt auch, es gibt viele Leute, die dich dafür zahlen. Weil Ja, auf jeden Fall. Aber eben, KI wird immer fortgeschrittener. Es ist halt schon krass, was das alles machen kann. Ich habe zum Beispiel die Musikvideos. Ich tue alles mit ChatGPT. Ich tue die Prompts machen, erstelle mir Prompts. Ich muss gar kein Hirn mehr haben eigentlich. Aber du musst eigentlich schon immer wieder ein bisschen abändern und so. Und das tust du dann dort rein. Dann, weißt du, zum Beispiel, kannst du Musik erstellen lassen. Da musst du gar kein... Es ist mega, eigentlich mit KI wir sind noch recht am Anfang. Ich glaube, da hast du noch mega viele Möglichkeiten zum Cash verdienen mit KI, weil hure viele haben
Keine Ahnung, ich kenne Leute, die keine ChatGPT tatsächlich heutzutage noch haben. Ja. Nein, KI ist schon jetzt etwas, wo ich sehe einfach mega Das ist viele schon Leute, die sich krass. voll in das einsteigen. Voll. Aber ich finde es wichtig, weißt, dass du wie mit der Innovation auch nachgehst. Ich weiss, heutzutage, ob du es gerne hast oder nicht, schlussendlich ist es ein Teil von der Zukunft. Und dann musst du halt schauen, wie du es nutzt, was du daraus machst. Sei das für Produktivität. Du musst ja nicht gerade irgendwie ein Unternehmen bauen, um das anzubieten. Kannst, wenn du willst. Aber wenn nicht, kannst du das einfach als Tool benutzen, weißt, zum Ja, eben genau. schneller Ja, ich brauche es jeden Tag, oder? Ja, vor allem meine Kinder, die werden nur noch mit KI sehr wahrscheinlich später arbeiten. Ja. Da habe ich noch eine mega interessante Frage. Ich habe ja eine kleine Tochter. Letztes Mal ist eine mega Diskussion. Ich habe ein bisschen Hate bekommen. Ich habe ja unter einem Kommentar geschrieben, eine hat das Video geschrieben, gepostet, und sie hat jetzt geschrieben, wenn ein Vater geht mit der Tochter aufs Frauen-WC, dass das völlig normal wäre. Aber ich gehe eben nicht mit meiner Tochter aufs Frauen-WC, ich gehe mit meiner Tochter aufs Männer-WC. Und nachher haben mich sehr viel gehatet irgendwie, ich weiß nicht wieso. Was hältst du von dem? Ich habe jetzt zwar kein Kind, ich kann jetzt nicht für meine Kinder reden, aber ich glaube, dass wenn du eine Tochter noch klein ist, dass du Ja, dann kommt die davon, wie alt sie Männerwitze ist, wenn sie 4 ist oder so. Nein, für mich ist das klar. Weißt du, weil der eine hat dann gesagt, ja, aber die Dann sieht würde ja ich überall auch ins Penis und so. Männerwitze gehen. Also jetzt eben, wenn ich jetzt ein Mann wäre, ich bin der Vater, mein Kind ist 4, gehe ich ins Männerwitze. Ich fände das viel komischer, als dass ich dann als Mann in ein Frauenwitze Eben, gehe. ich komme da mega, ich will ist- nicht mal über den Strich mit der Tür, weißt du? Ja, nein, das macht Sinn. Und wenn ich Mutter bin und ich habe einen Sohn, dann gehe ich auch ins Frauenwitze. Gehst du ins Frauenwitze, oder? Ja, nein, für mich ist das normal. Ich check's nicht, aber ich habe eine mega Diskussion ausgelöst, eine riesige Diskussion. Und mega viele sind eben der Meinung, dass es ganz normal ist, wenn ich jetzt mit der Tochter aufs Frauen-WC gehe und dass es kein Problem wäre und so. Und eben, dann ist es eben so absurd gewesen, dass mega viel geschrieben haben, ja, die ganzen Männer, die Grüssel, wenn sie nachher dort, was bin ich für ein Vater, dass ich sie aufs Männer-WC nehme, dann, dass sie dort all die Grüssel sieht und alle Geschlechtsteile der Männer. Ich habe noch nie einen anderen, Nein, aber ich habe noch nie ein wenn anderes Geschlechtsteil von einem anderen Mann gesehen als mein eigenes. Weißt du, also, ich weiß gar nicht. Auf dem Männer-WC. Ich habe noch nie den. Ich schaue doch nicht beim Pissoir. Hey. Weißt du, so hure krank. Ich weiß nicht. Ja, aber weißt, für mich ist ganz klar, vor allem wenn deine Tochter noch so klein ist. Du gehst ja nicht mit deiner Tochter, hey, schau dir dort Schnäbi an. Genau, ja. Du gehst ja nicht. Du gehst einfach ins WC, nimmst sie mit, gehst in das Abteil, gehst wieder raus. Weißt, schlussendlich, ich habe das Gefühl, gerade mit sozialen Medien ist auch das Ding. Du kannst alles machen. Hättest du das Gegenteil gemacht, hättest du auch Kritik bekommen. Voll, ja. Es Weißt, ist es wirklich, spielt keine Rolle, was du machst. Bei mir auch. Es ist auch nur schon bei der Herkunft, haben sie bei mir gefragt, ist das ein Schweizer, oder? Und dann haben sie gesagt, ja, weil du bei der SVP bist, wäre das irgendwie ein Ausländer, hat es das sicher schon rausgeschreit, oder? Und dann hat das irgendwie nicht gesagt, dann verheimlicht sie das. Beim Business auch. Ich habe damals, die Leute haben gesagt, jeder kann sagen, verdient so viel, oder? Zeig Beweis. Da habe ich Beweis gezeigt. Bankstatements habe ich halt öffentlich, also ich habe so gezeigt, wie viel Geld reingekommen ist oder dass ich heute 10'000 Franken gemacht habe. Haben sie gesagt, Angeberin, jetzt wird sie bluffen. Aha, ja, und wenn ich dann das nicht zeige, dann bin ich wieder die sagt, Scammer, Betrüger, oder? Voll. Und ich habe dann irgendwann einfach gecheckt, vor allem mit der Politik, du kannst noch so ein guter Mensch sein, noch die besten Absichten haben. Die Leute werden immer etwas finden zu motzen. Und ich glaube, der schnellste 100%. Weg, sich wahnsinnig zu machen, ist wirklich probieren, allen gerecht zu werden. Und ich habe dann mega schnell auch akzeptieren, du musst einfach akzeptieren, du bist manchmal einfach der Böse in der Geschichte der anderen Leute. Das ist der Teil, wenn du in der Welt bewegen willst. Und wenn du das nicht gerne hast, dann kannst du nichts machen. Dann bist du einfach im Zimmer, machst am besten gar nichts. voll. Aber ja. Ja, das ist auf Social Media sowieso. Ich bin immer noch am Lernen, gar nicht mehr darauf reagieren. Wie gehst du eigentlich mit dem um? Also weißt, wie war das für dich, dass du die ersten Hate-Sachen bekommen hast? Wie hat sich das beeinträchtigt? Und also erste Hate habe ich schon beim ersten Video bekommen. Bei mir ist natürlich recht spezielle Content, ich habe mich nicht gezeigt. Ja. Das ist halt bei mir das Problem. Aber jetzt, da scheißt man auf das vor, weil dort haben wir jetzt gesehen, weiss man ja, wie ich bin und so. Aber wenn ich am Morgen aufstehe, ich sehe schon Hate-Nachrichten. Ja. Auf dem Handy. Es ist nicht positiv. deinen Tag starten. Du stehst, weißt, okay, am Morgen solltest du nicht gerade aufs Handy schauen, wenn du aufstehst. Aber jetzt, manchmal mache ich es trotzdem.
Also in letzter Zeit öfters. Und nachher siehst du gerade die scheiß Dings und dann bist du manchmal gerade gestresst. Dann willst du dann eigentlich gerade... Ich bin halt so aufgewachsen, dass ich ihn gerade beleidigen will und so. Ich mache es nicht. Ja. Ich bin auch in einem gewissen Alter langsam. Weißt du, das Ja. macht keinen Sinn. Aber innerlich es stresst dich. Weißt du, wieder irgendein Vollidiot schreibt wieder irgendein... Egal, was du postest. Weißt du, irgendetwas. Du bist Frauenhasser, nachher bist du homophob. In jeder Scheissdreck. Du bist alles Phob. Ja. Du musst einfach Erfahrung haben und dann kannst du damit umgehen. Glaub. Ja. Und ich bin jetzt 6 Jahre in dem Social Media Dings drin, weil vor Social Media ich solche Probleme gar nicht hatte. Weißt? Es hat mich auch noch nie draussen einer angesprochen und nicht einmal negativ. Weiss Ja. nicht. Hat dich schon mal jemand negativ draussen angesprochen aufgrund von Social Media? Ich kann mich irgendwie nicht erinnern, nein. Eben, das ist Es ist schon meistens Ja, online. Die Leute haben schon das ist grössere... praktisch immer online. Es ist alles online und teilweise von so Accounts, die gar kein Gesicht haben. Oder Ja, eben. Das halt auch, User 1, 2, 3, 4, immer so. ja, und nachher kommen jetzt... Es gibt ein paar Leute, ich glaube, die haben nur einen Account, nur um fertig zu machen. Also das halt auch, oder? Und die haben nichts anderes zu tun. Es gibt auch Leute, die so kommentieren, eben irgendwie, du interessierst mich nicht. Und denke mir auch so, ja, das Ja, scroll voll, weiter. das habe ich auch. Scroll weiter. Anscheinend interessierst dich halt gut genug, dass da ein Kommentar muss, oder? Und ich denke mir auch so, also seit ich soziale Medien habe, merke ich einfach, wie viele dumme Leute es Voll, gibt. das habe ich vorher nicht Und gewusst. ich habe nicht habe nicht gewusst, gewusst. es gibt dumme Leute. Und ich so, nein. Weißt du, das Level, mega- wie ja. tief das ist. Voll. Und darum merke ich halt auch bei den sozialen Medien, wenn du halt simpel redest, weißt du, so, gerade auf die Sache, dann check jetzt auch viel und so. Ja. Aber sobald du so ein bisschen mehr intellektueller wirkst und dann in die Tiefe gehst und so kompliziert, weißt du, das ist irgendwie schon zu viel für die meisten. Und Nein, aber die egal, einen verfassen wie du so machst, Texte. ich weiss, die haben nichts anderes Mit zu tun. ChatGPT sogar jetzt heutzutage. Du siehst genau. Ich weiss, der Hey, voll Kommentar. krank. Und nachher probieren sie so zu tun, als wäre das ihre Überlegung gewesen. Ja. Und dann nehmen sie die Hashtags, weißt du, nicht raus von Ja, genau. ChatGPT. Ja, voll. Weil es hat ja das Format von dem halt auch. Da denke ich mir auch so, ja, aber weißt, ich habe dann halt auch mit der Zeit ein bisschen ähnlich wie du, einfach ignorieren. Du hast auch keine Zeit auf alles antworten. Sperren auch manchmal. Nicht, ja am genau, Morgen. blockieren, Einfach für das gibt es ja das Debatten auch. Weißt, wenn sie noch Anstand haben und konstruktiv sind, dann manchmal gebe ich noch Antworten zurück. Aber wenn es dann wirklich ums Hetzen geht, persönlich beleidigen, also mit der Zeit, ich weiß nicht, wie lange meine Blockierung war. Übrigens, jetzt ist neu. Du hast vorher gesagt, dein Ex hat können immer wieder neue Accounts machen. Weil wenn du jetzt jemanden bei Instagram blockierst, mit allen anderen Accounts bist du auch automatisch blockiert, wo er dort in der Liste hat. Das ist neu im Fall. Ah, okay. Voll. Weil mich ist hat noch letztes mega. Mal auch einer blockiert. Ja. So ein Rapper, Knäckebull, oder heisst du, verdammt, du bist ein Idiot, wirklich. Also der hat mir gesagt, ich bin ein Rassist irgendwie, das ist ein bisschen bekannt. Ja. Und dann hat er mich eben blockiert, weil ich habe in meine Story da ein Video von ihm. Ja. Und dann hat er mich blockiert und ich so, sehe ich nicht mehr. Und dann wollte ich mit einem anderen Account schauen, ob er mich blockiert hat. Das ist aber auch nicht gegangen. Ah, wegen der E-Mail und gleichen Nummer oder Keine so. Ahnung, weißt du, Oder, gerade alle Accounts. IP oder so. Voll. Wo das irgendwie... Okay, Ja, aber das und das ist wäre, überall aber gestellt. wenn das aber so ist, dann wäre es natürlich gut für so Stalking-Opfer, weißt du, Genau. wenn du so viele Accounts und so hast. Also, man muss schnell Fragerunde, da musst du nur schnell sagen, das oder das. Hund oder Katz? Und Sommer oder Winter? Winter. Was? Nein, ich kann mit der Hitze nicht leben, vor allem ohne Echt? Klimaanlage. Nein, ich kann das nicht. Ich liebe Ah, die was? Sonne, Herbst Okay. und so vor allem. Ja. Sommer teilweise kann auch schön sein, aber was ich wirklich nicht habe, also ich und mein Mann, wir sterben in dieser Er hat Hitze. auch nicht. Er ist von Nein, Uruguay, nein. oder? Nein, meine Freunde, nein, wir können nicht. Wir sind Okay. lieber im Winterland, Ja. ohne Menschen. Einfach wir Ja, ohne zwei. Menschen ist sowieso, das ist Ja, gut. voll. Ja, das Einfach Fernsehen schauen und arbeiten an unseren Sachen, Videocontent, Buch Ja, schreiben, ja. Meer oder Berge, in dem Fall auch. Meer. Ah, Meer. doch. Ja, ich bin jetzt nicht so ein Bergmensch. Also manchmal, aber Ja. mehr Pizza oder Burger? Pizza. Ja, okay. Frühaufsteher oder Nachteule? Kommt darauf an, auf meine Saison. Ich habe beides gut, aber Ja. momentan ein bisschen, ich muss sagen, Nachtaufstehen, also nach dem Schon? Üben. Ja, ich Okay. bin mega kreativ in der Nacht. Wenn ich so Sachen schreibe oder so Content-Ideen habe, ich habe das teilweise die Inspiration oder auch Sachen, wenn ich lese, weißt, mit Politik, ich bekomme das viel in der Nacht über. Okay. Ich habe das eben, früher bin ich jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden, dann ins Gym. Also das ist noch dunkel am Morgen und nachher sind eigentlich die meisten sind am Pennen und so. Und nachher Ja. habe ich
dann habe ich so weniger Menschen. Aber in der Nacht ist das ja auch so, jetzt auch weniger Menschen. Aber wenn du heim bist, ist es etwas anderes. Ja, es ist so ein bisschen beides. Also ich muss sagen, es hat eine Zeit lang, ich hatte auch so mega die Morgenroutine gehabt, weißt, so 5, 6 Uhr aufgestanden und dann habe ich eben meinen Salary Juice gemacht. Das habe ich für lange Zeit gemacht, 2022, 2023 und so. Und grundsätzlich ist es eigentlich auch für den Cardiac System, also für den Körper eigentlich gesund, wenn du eigentlich morgen früher aufstehst und dann die Routine hast und so. Ja klar, das halt auch. Ja. Das ist eine andere Frage. Aber irgendwann hat es so Zeit gegeben, auch weißt, so SVP-Anlässe und so, die gehen teilweise auch, also teilweise länger, also auch unsere Orts und so, Versammlungen teilweise bis 10, 11 Uhr. Und wenn du dann heimkommst, schaltet das Gehirn nicht gerade ab, weißt, dann bist du noch am Denken und viele Sachen noch und dann ja, gibt es halt einfach Zeit, wo ich dann einfach bis um 2, 3 wach bin. Yeah. Und dann wachst du halt dementsprechend auch ein bisschen später auf. Ja, normal, ja. Oder? Und darum, grundsätzlich würde ich sagen, als Standard schon eher früh aufsteher, aber es gibt manchmal so Saison oder Monate, wo ich halt einfach viel zu tun habe und kreativ bin, wo Okay. ja, wo es ein bisschen komisch ist. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Rhythmus habe. Ich auch nicht. Ja, jetzt wegen der Kinder. Ich stehe nicht mehr um 5 Uhr auf. Ja, Instagram oder TikTok? Instagram. Hast du TikTok überhaupt? Ja, aber ich bin nicht so aktiv. Ich habe Okay. damals ein bisschen geteilt und so, aber nicht so fest. Und Messi oder Ronaldo? Ich weiß nicht, ob du Fußball schaust. Ja, ich bin jetzt nicht so mega Fußball schauen, aber schon Ronaldo. Nein, ich bin ein Fan. Ich bin nicht Fan von in dem Sinn, weißt, Fußball selber, aber einfach so sein Mindset, einfach Vorbild, Macher. Okay. Der Messi ist aber auch. Ja, das ist so. Aber es gefällt mir so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Einfach das, was du siehst auf Social Media. Ja, voll. Wellenlänge. Süß oder salzig? Süß. Ja. Okay, das wäre die Schnellfragerunde gewesen. Und jetzt habe ich eben noch so, wie sagt man, Community-Fragen. Ich habe noch ein Dings gemacht. Wie geht es dir heute mit dem Erlebten? Also, da meinen sie jetzt natürlich eben mit dem Ex-Freund. Genau. Ja. Mir geht es heute relativ gut, also sogar so sehr gut. Ich würde sagen, ich habe die Vergangenheit viel verarbeiten. Es gibt Teile von der Vergangenheit, die teilweise wieder raufkommt, somit triggert. Das heisst, weißt, damals hat auch mein Ex mich so mit einem schwarzen Auto, Mercedes, irgendwie verfolgt. Mega, weißt, so überall mich verfolgt. Und ich bin dann immer darauf aufgewiesen, ist jemand da, schaut mich jemand da, ist das schwarze Auto da. Das kommt eigentlich schon. Wenn jemand ähnlich aussieht, habe ich teilweise auch die Panik, wo ich sage, ich muss da weg, das ist er. Das kommt manchmal rauf. Aber grundsätzlich eben, das für die Vergangenheit, es ist nicht ein linearer Prozess, es war auch mega schwierig am Anfang, aber heute habe ich das Gefühl, jetzt mit dem, was ich habe, die neue Beziehung und so, geht es mir relativ gut. Mhm. Die nächste Frage ist eben, jemand hat gefragt, kann sie noch jemanden lieben nach dem, was passiert ist? Ja, du heiratest jetzt dann, oder? Ich habe schon geheiratet. Ja, du hast schon geheiratet, aber du tust noch... Genau, ich tue einfach noch feiern. Wir haben jetzt eben am 22. Mai haben wir Zivilhochzeit gehabt. Und jetzt nächstes Jahr gehen wir dann auf Thailand am Strand mit der Familie, Freunden ein bisschen feiern. Und ich glaube, du kannst immer auch Leute lieben nach schlimmen Sachen. Klar musst du dich auch öffnen. Ich glaube, das, was ich auch Mühe hatte, war nicht, weißt, so Liebe geben. Das kann ich irgendwie auch mega gut können. Aber du musst auch die Liebe zulassen und auch Vertrauen wieder selektionieren, welchen Leuten du wieder vertraust. Yeah. Und klar ist das immer wieder ein Risiko, aber wenn du die richtigen Leute um dich hast, einen guten Partner, es lohnt sich. Und es gibt Leute, die dich lieben, die dich nicht plagen und manipulieren. Und das werde ich auch da anderen Leuten so ein bisschen auch zeigen, wenn du jemand bist, der Gewalt durchgemacht hat, dass der Prozess nicht linear wird verlaufen. Es gibt Momente, wo es dir mega gut geht wieder, und dann Tage und Momente, wo es wieder gerade das Gegenteil ist. Und du wirst irgendwie zurückfallst in das Ganze. Aber schlussendlich, wenn du nicht aufgibst und dann auch die Hilfe suchst und die richtigen Leute, dann kommt das eigentlich immer gut. Ja, safe. Wie hast du ihn kennengelernt, den Ex? Im Hotel damals. Ich war Rezeptionistin und er ist Koch. Und ich bin immer... Jeder von Sri Lanka schafft in der Küche irgendwie. Ja, wir hatten eben immer ein Restaurant. Immer haben wir einen von Sri Lanka in der Küche. Immer. Ja, kann gut sein. Ja, die sind viel... Sind im gleichen Hotel? Genau, ich war dort damals. In Luzern habe ich ja gewohnt. Und da habe ich im Hotel gearbeitet. Und ja, da bin ich halt einfach in die Küche gegangen. Ich habe gesagt, ich liebe Essen. Immer in der Pause und so. Und dann hat er gesehen, sie hat gerne Mangos, Orangen. Und hat mir immer so Früchtschälen parat gemacht. Und irgendwann hat er gesagt,
hey, wenn wir nicht mal zusammen auf einen Kaffee gehen. Und dann sind wir aber relativ eigentlich schnell zusammengekommen. Leider. Leider, ja. Leider. Hatte sie noch Hoffnung, dass sich ihr Ex-Partner bessert oder hast du dich direkt getrennt? Ja, nein, das hast du eigentlich vorher gesagt. Oder? Du hast schon Hoffnung gehabt, dass sie sich noch bessert, oder? Ja, viel, sehr oft. Ah, ja. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich ihm wie helfen kann oder dass er sich wird ändern. Und das sehe ich auch bei Frauen. Oder? Du verliebst dich in das Potenzial von einem Mann. Aber Potenzial bedeutet nicht, dass es so ist. Und manchmal musst du... Weißt, Männer, auch bei Frauen, Leute können sich ändern, wenn sie es wollen. Das ist es so. Aber jede Leute hat ein gewisses, wie sagt man, ein Fundament, das es mitbringt. Oder? Ja. Und wenn es nicht willst, dann Wenn willst du du es nicht nicht. willst, kannst du es vergessen. Ja. Ja. Und wie lange ist es denn gegangen, bis du dich getrennt hast? Hat er gesagt, naja. Aber wie schon gesagt, Februar 2019 und dann das ganze Eskalation. Also weißt, die Training selber ist einem Tag passiert, aber eigentlich, aber weil er es ja nicht akzeptiert hat und der Terror weitergegangen ist, ist es halt monatelang gegangen. Ich weiß nicht wie viele Monate, aber wie schon gesagt, nach dem Gericht dann dabei war und dann 5, 6, 7 Monate und dann der Prozess ist er dann schon irgendwann ruhig gewesen, aber ja, ist nicht so einfach. Darum die beste Prävention ist, komm nicht mal in eine toxische Beziehung rein. Und wie machst du das? Du musst solche Warnsignale halt früh erkennen und so früh wie möglich nicht mal solche Leute daten oder einfach höhere Standards im Leben haben. Weil schlussendlich, ich finde, du zeigst auch den anderen Leuten, wie man dich liebt. Du zeigst den anderen Leuten, wie man dich respektiert. Und wenn du dich wie selber nicht respektierst oder höhere Standards hast oder dich settlest, weißt du, so für Beziehungen oder Männer, die halt vielleicht nicht so gut sind oder so ein bisschen durchschnittlich, dann bekommst du das, was halt akzeptierst. Und ich habe selber gemerkt, mein Leben ist eigentlich nur besser geworden, weil ich dann höhere Standards hatte für mich selber. Ich habe die Erwartungen an mich gesteigert und gesagt, Asin, ich will, dass du da eine Verantwortung übernimmst. Du musst einen Mann haben, der dich respektiert, wo du nicht mehr tolerieren kannst, wie er dich beschimpft und manipuliert. Und du musst auch den Leuten sagen, wie sie dich behandeln sollen. Und wo ich das gemacht habe, haben sich dann auch die Leute an mich angepasst. Ich habe Freunde gekriegt, Leute, die höhere Standards haben, Leute, die mehr Geld möchten, Leute, die erfüllte Beziehung haben oder Hochzeit und so. Ja. Und alles müssen wechseln. Die Umgebung, neue Freunde. Ja, das habe ich auch gemacht. Grenzen setzen, mega wichtig. Das war bei mir eben auch so. Magst du dich erinnern, wo bei mir in Media die Dietlicke einkaufen? Der meint sich in mich im Mediamarkt voll durch. Bist du Rassistin? Wegen SVP? Das ist subjektiv. Weißt du, schlussendlich kannst du mich nennen, wie du willst. Sie hasst Asiaten, glaube ich. Nein, also für mich ist ganz klar, ich habe Respekt gegenüber allen Leuten. Egal, ob du trans bist, egal, ob du Linke bist. Ich bin jemand, ich suche sogar aktives Gespräch, um über die Lösungen und Sachen zu reden. Aber ich bin auch jemand, der klar Sachen benennt. Wenn man sieht, da übervertreten bei der Kriminalstatistik, dann sollte man das diskutieren. Ja. Nur weil Afghanistan irgendwie höchst oben ist, heisst das, dass alle Afghaner so sind? Nein, wir sollten nicht alle Leute in den Kübel werfen. Ja. Aber für mich ist das einfach, hey, ich könnte Afghaner als Freunde haben, aber es ist leider so halt, hey, warum gibt es so viele Afghaner von deinem Land, die dann halt so Sachen begehen? Und herkunftsunabhängig musst du einfach schauen, hey, Strafvollzug und was wir eigentlich schon gesagt haben. Darum, weißt du, so Nazi, Racist, Fascist, oh mein Gott, Transphob, Dasphob, also weißt, es gibt so viele Begriffe, die man das bin alles ich, ja, aber eben, du redest von Fakten. Mir ist gerade in den Sinn ein Kollege von mir, den ich seit 15 Jahren kenne, ein Afghaner, der ist jetzt schon seit 5 Jahren, seit 2 Jahren in Haft, weil er auch seine Ex verprügelt hat. Ja. Der Jafari, das ist nicht gut. Er hat auch immer den Automat, weißt du, was der gemacht hat? Der hat den Bankautomat angespuckt und hat gesagt, ich ficke in die Schweiz. Meine Geld, wann kommt meine Geld? Er war im Sozialamt, weißt du? Ja. Und er hat mir gesagt, ich ficke in diesem Land und so, weißt du? Aber er war schon ein bisschen älter. Und immer mit Anzug und so, er ist nie gearbeitet und so. Aber das heisst ja nicht alle Afghaner, weißt? Ich bin gut mit Afghaner. Ich bin auch mit ihm dynamics mitgegangen, sind alle Afghaner in Schaffhausen, so einen Gemeinschaftsraum gemietet und gegessen und so. Da bin ich mit denen dort gewesen und ich bin mit denen gut ausgekommen. Das heisst ja nicht alle Afghaner sind so, aber eben, er ist jetzt ein Kollege von mir und er ist jetzt auch weggesperrt wegen dem. Und ich rede von einem Kollegen, nicht, dass ich sage, der kriminelle Afghaner oder so. Ja.
Ist halt gerade Zufall, weißt ich du finde die Differenzierung mega wichtig. Was jetzt gerade auch online diskutiert wird, ist im Fall das mit dem ganzen Islam. Ich habe irgendwie ein Video gemacht und dort gesagt, dass radikale Islamisierung nicht in die Schweiz gehört. Die Leute müssen sich alles integrieren, radikal eigentlich. kriminal und so weiter, oder? Und dann hat es so Kommentare gegeben, die gesagt haben, ja, Islam ist Islam, es gibt keinen radikalen Islam und so weiter. Grundsätzlich ja, Islam ist Islam, aber es gibt auch unter dem auch, weißt, so muslimische Freunde, die ich habe. Die haben ja auch, weißt, Islam und die Leute haben dann immer eine andere Definition. Darum musst du eigentlich, bevor du Diskussionen hast, immer bei der Definition anfangen, weil jeder hat eine andere Interpretation. Und das Ding ist, was ich davon rede, ist, dass es auch innerhalb der Leute, die an den Koran glauben und an Allah, gibt es Leute, die sehr extrem sind und sagen eben Scharia-Gesetz. Und ich kenne auch muslimische Freunde, die gegen die Islamisierung sind. Weil Islamisierung selber ist eigentlich die politische Agenda und der Islam selber ist eigentlich die Religion. Da geht ja die Kategorie eben die Musliminnen. Und wenn du, und das muss man auch bei den anderen unterscheiden können. Ich bin jemand, egal, Afghan, Syrien, egal von welchem Land du bist. Ich habe darum auch viele internationale Freunde, aber ich finde, egal aus welchem Land, weißt, so, es geht einfach nicht, dass du da gewalttätig bist und es gibt Kulturen, eben so kulturell prägt, wo dann weißt, die Frauen halt nicht so gut behandelt in ihrem Land. In Afghanistan hat es ja nicht mal Frauenrecht, kannst du nicht mal studieren gehen. Und in Dubai auch gibt es dir sogar nicht mal die Hand. Das habe ich dann auch gespürt. Aha, ja, nicht nur in Dubai. Ja. Ja, voll. Und in anderen Ländern auch. Ja, das ist halt Kultur. Oder? So. Und gibt es schon Prägung. Und du kannst dir nicht vorlügen, das hat keinen Einfluss. Ich meine, bevor du eigentlich in der Politik über andere Sachen diskutierst, hat es immer eine Grundlage von, wo kommt deine Moral und Ethik. Und es ist mega wichtig, wo du deinen Wertekompass hast. Und du musst nicht Christ sein oder etwas glauben, aber irgendwo kommt es. Für gewisse ist es Allah, für gewisse ist es die Bibel, für gewisse ist einfach ja, auch ohne Christ, ich bin Atheist, oder ich habe einfach eine Moral, was ist gut und schlecht. Aber auch das muss von irgendwo kommen, oder? Und dadurch finde ich halt schon, kulturelle Prägungen, das hat einen Einfluss und du musst das bei den Faktoren mitschauen und du musst auch schauen, wenn die Leute hier reinholst, dass es auch Leute sind, die wirklich die Hilfe brauchen, Leute, die sich integrieren wollen und nicht vom Sozialstaat leben, das ist dann eine andere Geschichte. Und dann eben das Mindeste, wenn du ins Land kommst, ist doch, dass man erwarten kann, dass du nicht gehst, an einem schlechten Tag Frauen vergewaltigen. Weißt, das ist auch... Ja, sorry, wenn ich lache, aber es ist ein ernstes Thema, aber ich weiss, aber das sind so Sachen, wo ich dann auch nicht verstehe, wo dann der Link kommt und sagt, ja, nein, das ist okay. Weißt, die sagen zwar auch, wir sind gegen das, aber dann fangen sie wieder an mit dem Trauma und relativieren. Bis sie mal selber vergewaltigt werden. Das ist so, bis mal selber blüht ist und das Opfer bist oder deine Tochter vergewaltigt wird. Ja, voll. Gewalt von Frauen an Männer? Fragezeichen. Ja, wahrscheinlich meint er, ob es auch Gewalt von Frauen an Männer gibt, weil immer das Thema ist, Männer üben Gewalt aus an Frauen, oder? Ja, das gibt es schon auch. Es gibt viel, viel. Ja, ich habe in der Statistik gesehen, ausländische Frauen, die mehr Gewalt begehen, sogar als Schweizer Männer. Das gibt es schon. Und dann klar gibt es Leute, die sagen, das stimmt nicht, aber weißt, ich glaube, gerade als ein Mann finde ich, es braucht wie noch mehr Stärke, damit öffentlich sein oder das melden. Weil viele Männer haben irgendwie das Gefühl, ich bin doch ein Mann. Und es macht mich wie nicht mehr maskulin, wenn du irgendwie sagst, eine Frau hat mich irgendwie angegriffen und so. Weil dann würden viele Bros sagen, hey Bro, du bist doch ein Mann, kannst dich nicht selbst verteidigen, bist doch eine Frau. Und viele Männer, sogar jetzt mein Mann, oder, er droht nicht, weißt, er brüllt wie fast nie. Und er sagt, nein, das mach ich nicht, kommst über wie ein Weichei, oder? Ja, ich brülle gar nie. Das ist halt auch das Ding. Und ich habe gesagt, es ist okay, auch als ein Mann, du hast ja auch Gefühle, es gibt auch Sachen, die schlimm sind. Es gibt auch Frauen, die das Leben wirklich zur Hölle machen können. Aber schlussendlich, wenn etwas angetan wird, dann musst du auch melden. Und ich finde, du darfst auch als Mann brüllen. Klar, wenn jetzt jeden Tag irgendwie brüllst und sagst, ich bin so arm und so. Ja, eben, das sehe ich eben auch so. Ja. Das ist, ich weiß auch nicht, dann würde ich vielleicht den Typ nicht als meinen Mann nehmen, persönlich. Willst du irgendwie auch, dass er maskulin ist. Aber für mich hat Maskulinität auch damit zu tun, dass ein Mann offen mit den Gefühlen auch reden kann, wenn es wichtige Sachen auch sind. Die ausdrücken. Ja, das gehört dazu. Aber wenn du gerade bei Maskulinität bist, ich habe letztes Mal ein Video gesehen. Ja. Kennst du die Ellen Page da? Die ist jetzt ein Typ geworden. Es ist eine Frau und die ist jetzt ein Typ. Und sie redet über Maskulinität und so. Das ist voll die
Es kommt voll Hate über. Also sie, es ist ja er, muss ja er sagen. Elliot oder so heisst er jetzt. Ja. Und er schnurrt so in einem Podcast über Maskulinität und der kommt jetzt voll der Shitstorm über, dass irgendeiner, der als Frau geboren ist, jetzt etwas über Maskulinität erzählen, weißt du. Ja, es überrascht mich aber nicht. Ich meine, das ist ja generell so. Weißt du, darum, das ist dann halt auch eine Geschichte. Wenn du so transgender bist, oder die haben ja alle ihre Namen nicht non-binary und so 1000 andere, was man ist oder identifizierst. Ja. Weißt du, ich finde auch solche Leute, alle Leute haben Respekt verdient. Darum, wenn ich mit jemandem, der transgender ist, ich kenne auch so Leute unter mir, weißt, so Auf jeden Freunde, Fall. die schwul sind, mit denen habe ich es auch mega gut. Aber das Ding ist, wenn ich wirklich tief denen helfen will, es ist nicht damit, dann irgendwie Hass auszuüben, ihr seid alle schlecht und einfach psychisch krank. Klar, das kommt bei den sozialen Medien gut an. Die Leute sagen ja immer, es gibt ja 3 Geschlechter, Frau, Mann oder psychisch behindert und so. Klar, weißt du, so Sachen, so eine Leute oder keinen anderen Witz. Ich muss dann noch schnell erzählen. Ja, vielleicht nicht psychisch behindert, aber dass sie psychische Belastung etwas haben. Genau, aber das Ist ja schon ein ist bisschen schon ein Wurzelproblem, das dann halt wie tiefer ist, oder? Und gerade jetzt, wo ich dann so Jesus gefunden habe, das ist auch biblisch, ist auch biologisch so, für mich ist ganz klar, es gibt Frau und Mann, fertig, Schluss. Ist ja eigentlich klar. Und der Rest, und wenn man Oder wirklich tiefer es gibt geht- manchmal jemanden, der auf die Welt kommt, wie sagt man, zwitterig. Es gibt schon, wo Geschlechtsteil Aha, falsch... ja, aber es ist mega selten. Ja. seltener, oder? Selten. Ja. Aber die muss man, es gibt halt die und die muss man schon Und was ich einfach mache, ist, ich bete für die Leute. Ich hoffe wirklich das Beste, ich bete für sie. Und ich denke, die Leute brauchen eine innere Heilung, die brauchen die Leute, die sie unterstützen. Es gibt auch ganz viele Leute, die Also irgendwie wenn du eben das OP sagst, haben. dass sie innere Heilung brauchen, das sozusagen, dass sie wieder zu ihrem Geschlecht finden. Wie nachher das Ja, das schon. Also Voll der Hate spezifisch, im ich rede auch viel, was die Leute brauchen, ist, die müssen zurück eigentlich an Jesus gehen. Für mich ist es ganz klar, also für mich ist es ganz klar, wenn die Leute innerlich gehen und halt auch spirituell, ich gehe auch voll davon aus, es ist nicht nur eine Krankheit in dem Sinn oder so oder Trauma, Nein. sondern dass es auch viel tiefer herkommt. Und ich habe damals halt auch, also durch die Zeit, wo ich ohne Jesus gelebt habe, so viel, so, wie sagt man, spirituelle Sachen durchgemacht und Schlafparalyse, Sachen haben wir gesehen, das ist dann mega creepy und so. Und ich glaube, auch dort müssen sich die Leute spirituell auch heilen, weil du bist von Natur aus eigentlich nicht so. Und die Leute haben immer das Gefühl, ich bin geboren so, oder ich fühle mich im falschen Körper. Und dort ja, sage ich, was die brauchen, die müssen auch dämonisch, also es ist auch schon mit dem verbunden, dass sie eigentlich die Dämonen rauskriegen im Namen von Jesus und eigentlich zu sich selber führen. Ich muss mich immer so, ich distanziere mich, Ja, ich also ich weiss. bin ihrer Meinung, aber Ja, ich voll. weiss, was ich bin. Nein, und darum, aber ich sage ganz klar, ich rede von was ich halte, das ist meine Meinung, Positionierung und ich will, dass die Leute mit Liebe behandelt werden, mit Respekt, aber die Leute müssen geholfen werden. Was Bei es mir halt war der Chris braucht, da. oder? Gewesen. Er ist ja, hat Geschlechtsumwandlung gemacht von Mann auf Frau. Mhm. Und er hat gesagt, er hat das gemacht. Also er ist jemand, der das gemacht hat. Und er hat gesagt, niemand ist im falschen Körper geboren. Und wenn er das sagt, hat das Gewicht. Oder wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut die 2. Folge an mit dem Chris. Bevor er nachher weißt nicht, dass du Ja, Hate bekommst. voll. Oder ich, ja, bei mir ist es egal. Ja, voll. Nein, aber ich sage das wirklich aus der Liebe raus. Ich greife auch niemand an, du darfst leben, wie du willst. Ich finde einfach, das ist etwas anderes, wenn dann eben in der Öffentlichkeit eine Gefahr darstellt oder in der Schule, wenn es dann da mit Drag Queens Voll, oder dann so. Das ist dann schon etwas anderes, oder? Aber was du dann im Bett oder machst, privat, wie du lebst, Das interessiert niemand. oder du willst operieren, wenn du das mit deinem Geld machst, dann mach's, weißt? Aber ich finde einfach, du schauen, ist das wirklich etwas, was du willst, weil ein paar bereuen es auch, oder? Das sind dann halt auch andere Sachen. Ich will schlussendlich, dass es allen gut geht. Ich finde, das ist schon wichtig, dass man die Aufklärung hat, bevor man so einen Entscheid macht. Und ja, aber ich wollte den Witz noch dir erzählen. Es gibt so einen Witz, wo jemand gesagt hat, hey, willst du zu mir kommen, Abend essen? Ich Ja. habe noch ein paar... Kannst du mit deinen Freunden kommen? Und nachher sagt die andere Person, ja, weißt du, auf Englisch, we're coming, they're coming, all. Und Ja. nachher haben sie irgendwie in dem Zimmer alles, also in der Küche bereit gemacht. Und nachher kommt einfach ein Typ und sagt, you said they're coming, where are they? I am they, them. Weißt du, das ist so mit den Das ist verdammt Abkürzungen. krank, das ist scheiße. Weil die nennen sich They. ja... Ich weiss, they, they, them, them, die sind ja. mehrere Leute, oder? Und das ist dann halt auch etwas Es ist verdammt anderes. krank. Wie sagt man in der Schweiz? Nicht they, them, das sagt man... Ihr. Schon? Ja, die haben so. Aber es gibt doch ihr. auch Xier.
ist voll krank. Sorry, für mich ist es krank. Ich habe auch, letztes Mal bei einer Webseite mich anmelden für etwas und dann haben sie gefragt, bei Geschlecht. Ich habe Tabellen aufgemacht. Scheiße. Twitch. So bei Twitch hat es so lange Tabellen. So lange. Ich habe nicht mal gewusst, dass es die geht. Ich muss manchmal googeln, was das bedeutet. Voll krank. Mega. Also weißt, da muss ich mir auch denken, das kannst du doch nicht mehr ernst nehmen. Ja, aber wenn es so langsam in der Schule kommt, sobald es in der Schule kommt, dann muss ich wirklich mein Kind von der Schule wegnehmen. Aber sie geht jetzt in die 1. Klasse und ich ziehe es durch. Ich zahle dann ein Privatding. Ich will nicht, dass es so scheiße. Weil sie sieht schon manchmal. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Letztes Mal, das war vor 2 Jahren, sind wir in einem Zoo in Deutschland, ein Tierpark. So. Ja. Und da war ein Mann mit High Heels und Minirock. Und sie fragt mich, Papi, wieso hat er so klein? Ich habe gesagt, er ist krank im Kopf. Ja. Ja, aber das ist so. Ich meine, das ist auch der Grund, warum ich auch mega vorsichtig wird sein. Weißt, ich will auch, dass vielleicht Kinder, wenn ich mal Kinder habe, die gehen entweder in die Privatschule oder in eine Schule, wo Sachen nicht propagiert werden. Weil wenn du dann in die Schule geschickt wirst und dann nachher die Lehrerin sagt, du darfst das Geschlecht wählen. Und weißt du, so bei den Kleinkindern schon Sachen irgendwie ich mache nur noch Content über das, glaube ich. Ist mir egal. Das ist schlimm. Das finde ich, das geht gar nicht. Ja, nein. Wenn das so weit kommt, ich mache nur noch Content über das. Weil ich mache dann nur noch Content über das. Nicht, dass ich Klicks und Likes und so generiere, sondern dass das aufhört. Weil ich sehe, alle grossen Influencers, viele sind meiner Meinung und so, aber niemand getraut sich, da irgendetwas in dieser Richtung zu sagen. Weißt, vor allem bei Kindern hört es einfach auf, weil das sind Kinder. Auch bei Pride und so sind Kinder dort. Und eure Kinder werden wie wir und so mit so Schildern und so. Kinder sind bei der Pride, das ist für mich Pädophilie, das ist krank. Weil es geht um Sexualität. Das sind so Leute, die mit Hundemasken auf allen Vieren rumlaufen und so mit Nippelteils da. Voll krank. Was wird meine Tochter so Scheiße anschauen? Das ist total gestört, wo die ihre Kinder mitnehmen. Ja. Ja, das ist alles andere. Leute, die denken, sie seien ein Tier, Katz, Hund. Nein, du bist ein Mensch. Du bist Vollidiot. Ich habe das in einem Video gesehen, ein Typ, der dann auf den Vieren gekrochen ist. Ja, ist von einem richtigen Hund attackiert worden. Ja, wirklich. Dann kannst du so kämpft zurück wie ein Hund. Also weißt du, kannst du auch nicht. Das hat er ihn angegriffen. Ja. Weißt du, das sind dann halt auch so Sachen. Aber da bin ich auch dafür. So Sachen gehen mir zu weit. Ich finde, die Kinder haben dort nichts verloren. Wenn du das im Schlafzimmer machst oder so lebst, dann mach es. Aber jetzt für meine Kinder, die ich dann in der Zukunft habe, würde ich auch klar sagen. Und für mich auch, weißt, jetzt wo ich also öffentlich bin mit dem, klar, geschäftlich, ich habe im Fall mega Angst gehabt, dass ich Kunden wird verlieren, weil ich jetzt bei der SVP bin und so öffentlich, weißt, mit Politik umgehe. Aber ich habe dann selber gemerkt, was ist mir wichtiger, dass ich still bin und das nicht, weißt, so nicht mache, oder dass ich die Wahrheit ausspreche und den Leuten helfe, die es braucht. Und ich habe dann eigentlich durch den ganzen Content, wo ich auch bei der SVP bin, das öffentlich gemacht habe ich eigentlich auch viele Kunden auch das bekommen, wo dann gesagt haben, ich bin im Fall auch SVP oder auch sind, hey, ich habe auch deine Werte. Und es gibt auch Leute, die voll mit dem umgehen können. Weißt, Kunden, die sagen, ich bin zwar nicht SVP, aber Hauptsache, weißt, Business ist Geschäft, oder? Yeah. Und das ist okay. Und der Rest, mit denen mache ich halt kein Business. Also die meisten Leute, Freunde, die ich habe, sind entweder Leute, die gleichdenkend sind, oder es sind Leute, die auch mit anderen Gedanken gut umgehen können. Und die Rest, die intolerant sind, weil du kannst halt nicht mein Kollege werden. Also, weißt. Ich habe noch etwas vergessen. Der Buchstabe. Ich mache... Das Mal ist es halt am Schluss. Ich habe immer wieder geschaut. Ich mache jetzt ein Gewinnspiel, wo ihr 1000 Stutz gewinnen könnt. Und da müsst ihr wirklich die Podcasts ab dem durchschauen. Und ich jedes Mal einen Buchstaben oder eine Zahl sagen, die müsst ihr euch aufschreiben. Und dann gibt es ich weiß nicht, wie lange das wird sein, aber einfach ein Code. Und der mir den als erstes zuschickt, der bekommt dann die 1000 Stutz. Also, bringen heim. Also, das wäre es mit dem Podcast. Danke dir vielmals, dass du da bist. Wenn du noch einen Abschlusssatz oder etwas hast für die Zuschauer oder so, dann kannst du das bei der Cam sagen. Danke vielmals, dass ich am Podcast haben durfte. Mega cool. Und als Zuschauer,
hab den Mut und tu den Mut immer wählen. Es gibt immer Hoffnung, egal was in deinem Leben passiert ist. Es ist immer wichtig, von dem Tag an immer zu entscheiden, wie geht es weiter, wie lebst du für den Rest von deinem Leben und nicht mit bereuen, sondern eben, dass du den Mut hast und manchmal auch Angst darfst haben. Aber schlussendlich, wenn du deine Stimme einsetzt für das, für die Leute, die helfen willst und Gutes bewirken, dann wirst du auch weit kommen. Darum nie aufgeben und du kannst alles erreichen. Bringen heim. Like den Beitrag, kommentier und schreib in die Kommentare, wer als nächstes soll im Podcast kommen. Schönen Abend.